Geekstöbli und Rega TV präsentieren Indie Games. Seid live dabei, wenn die Stöbler über die Geschichte und die Entstehung der Indie Games diskutieren. Diesmal mit dabei sind der Raffi, der Hergi und der Andi. Sind wir live? Oh, wir sind live. Yes. Yes. Hast du den Text schon vergessen? Ja, voll. Ja. Ja. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Rega TV. Ja. Zuschauerinnen Ja. und Zuschauer. Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, ja. Alle drei heute zusammen. Ja, aber ja, liebe Twitch-Zuschauer, es gibt einen sehr unterhaltsamen Abend, wie gang mit Indie-Spiel. Heute ist das Thema, oder? Ja. Für alle anderen, es Ja. geht heute um Indie-Spiele. Es wird ein sehr unterhaltsamer Abend. Oh, ich schaue in die falsche Kamera, merke ich gerade. Also Indie-Spiel. Jawohl. Nicht mit Indianern Indie, zu tun, nein. wie wir dann auch werden Nicht mit sehen. Indianern, nein, es geht um... Zero. Ja, wir gehen noch genau darauf ein. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Wir haben letztes Mal abgestimmt mit den Zuschauern, ja, Umfrage gemacht und ihr habt das wollen. Wir sind schon zum dritten Mal jetzt dabei bei Rega TV. Ihr könnt natürlich euch gerne auch, unter Twitch zuschauen und euch kommentieren bei uns. Wenn ihr Darf ich das gerade etwas sagen Was zu denn? diesem Thema? www.geekstöbli.tv. Oh ja, Website. Ja. Dann seid ihr irgendwie dabei. Richtig, ich Hast alle finde auch. Informationen. Ohne, dann müsst ihr nämlich Ja. auch nicht mitchatten, nicht. Ja. Könnt ihr auch nicht. Aber es spielt keine Rolle. Ihr könnt ihr zuschauen und viel Merch kaufen und hier, nein. Das ist jetzt das zweite Mal, dass du die Website, die Website ankündigst, wo ich eigentlich gedacht habe, wir sagen es noch niemandem, bis sie fertig ist. Aha, Aber hey, geht gleich dort schauen. Wir haben eine Website. Er ist nicht fertig, aber schau gleich. nein, Geld könnt ihr gleich schon drauf. Nein, das Ja, das ist Gut, halt... wir haben heute am Start der Raffu. Raffu. Grüß euch miteinander. Salut zusammen. Grüß dich. Ja, was hast du für die Scheite vorbereitet? Was habe ich für... Ja, nichts. Ja. Ich habe so wie es ging, hey, ich bin da, muss ich in die alten Strukturen gehen, zurückschauen. Von früher, irgendwie. Ich komme ging auf das gleiche Datum, 1970. also deine Jugend. Ja, Bei dir geht es um die Geschichte von Indie-Spielen. So obwohl jetzt ist es nicht so, es ist leider nicht mehr so aktuell. He? was spielst du aktuell? Was wir aktuell spielen? Ja. Also jetzt aktuell Ja. oder meinst du jetzt Nein, gerade, aktuell, was spielst du für vor Videospiele 3 aktuell? Stunden noch Ja. gespielt habe? Ja, richtig, genau. Voll, Nein, oder? so sagen wir so im Verlauf von der letzten Woche. Ja, es gibt nur ein Spiel und nicht so viele Spiele. Von dem, was der ganze Abend schon redet. Das ist gar nicht wahr. Ja. Ihr sagt, Ja. das ist jetzt nicht normal. Das ist jetzt die blöde, Das hat mit- lustige Pause, gell? Das ist richtig dumm jetzt. Wieso bringst du mich in so eine Situation? Der Fallen Order ist Du hast das selbstverständlich. Drehbuch gelesen, du weißt genau, Es was ist ich ein rede, Triple-A-Spiel, darum kann ich jetzt über das hier gar nicht erzählen, weil es geht um Indies. Ja, richtig. Aber es war nur so eine allgemeine Frage, was du momentan Nein, ich spiele spielen, ja. momentan Fallen Order. Ja, Sag doch ist das, so. ja, super. Es ist auch noch nie in einem Stream gekommen, das ist Ja. so. Das haben wir nämlich Ja. genau so extra vorgesehen. Es hat mich sehr hart, aber ich muss euch ehrlich gesagt sagen, genieße das Spiel auch für mich ganz allein. Das ist super so, absolut. Ja. Da haben wir den Andi am Start. Jawohl. Ja, yeah. Andi, was sagst du Ja. in Scheite? Du, lass, ich bin jetzt einfach mal da und sie haben gesagt, sie brauchen noch einen mit einem Dialekt, den alle verstehen. Dann bist du spontan eingeladen worden. Das ist der Jay. Ja. Nein, folgendes, ich bin hier und habe mitgebracht ein Top 10 Video, wo kein Top 10 Video ist, weil ich habe während dem Machen gemerkt, dass ich sehr schlecht darin bin, zu merken, ob ich ein Game besser finde als das andere irgendwie. Dann habe ich gefunden, ich finde die Games eigentlich alle Ich gut. glaube, das war ja aber die schwerste Aufgabe, so eine Top 10 zu machen. Ja. Wenn du so viele Indie-Spiele gibt, die du gerne hast und nachher musst du daraus so die besten rauspicken. Ist, ja. Voll. Und ich habe einfach keine Lust gehabt, um alle noch mal zu spielen. Ja. Und ich habe dann ganz spontan gefunden, okay, ich tue jetzt einfach 10 Spiele, die mich irgendwie berührt haben, fasziniert haben oder wo ich irgendwie sonst einen Kontaktpunkt hatte, dass ich die zusammenschneide. Und dann sind das meine Top 10 in Nicht-Reihenfolge. In nicht Reihenfolge. Es gibt Also, sicher gibt ein keine sehr gutes Wort, Reihenfolge, das besser ja. beschreibt, nicht Reihenfolge, aber ich kenne es gerade nicht. Okay. Was gamest du aktuell?
Ja, ich zocke momentan eigentlich nicht wirklich viel. Ganz ehrlich, ich komme kaum dazu. Ich bin am Battlefront wieder spielen, Battlefront 2, Star Wars auch. Ja. Ja. Was sonst? Ich weiß nicht, das ist Star eigentlich, Wars, eigentlich haben wir euch zwei Deppen im Fall. Ja. Plötzlich ist es gegangen, hey, Shooter miteinander spielen und Battlefront 2 ist plötzlich gut geworden. Das ist ja vorher ein unglaublicher AAA-Spiel und das, was heute ja eben nicht geht. Aber es ist ein mega Loot-Shooter. Nein, nicht Loot-Shooter, wie sagen wir? Weißt du, Geld, was geht zum Spielen? Ja, Also, richtig. es ist ein EA-Spiel, meine ich. Genau, richtig. Ein Genau. Loot-Shooter gesehen. Nein, es ist eben kein Loot-Shooter. Lootbox. Ja, es ist einfach so eine, gebt mir Geld, dann können wir spielen. Play to win. Nein, Pay das to habe ich win. nicht. Nicht play to Es win. ist, hey Leute, es ist einfach darum gegangen, dass man Geld rein investiert, um dummes Zeug zu bekommen, dass man schneller vorwärts kommt. Ja. Was etwas Dümmste ist auf dieser Welt. Ganz ehrlich, ganz kurz, ich muss das kurz loswerden. Wieso, sorry Leute, ganz kurz. Wieso das ganze Lootbox-System, damit man schneller vorwärts kommt im Game? Ich meine, ich gebe 80 Stutz aus. Dafür, dass ich nachher noch mehr Geld ausgebe, damit ich das Spiel schneller und einfacher kann durchspielen kann, wo ich Geld dafür gebe, damit ich Zeit verbringen kann. Wie dumm ist das? Auf das schon Thema komme ich dann relativ in meinem Ja. Beitrag auch noch drauf zu sprechen. Mit den Lootboxen, ja. Ja, nicht Es so ist- extrem, aber ich tue es leicht anschneiden, weil es für Ja. unabhängige Hersteller von Games eine wichtige Möglichkeit ist. Gesehen, es ist 8 Minuten bis zu meinem ersten Rage gegangen. Das Da ist haben wir ja richtig. Darum muss ich jetzt Urti unterbrechen. He? Also ich sage Star Gut, Wars. ja. Ich bin momentan grad fast wie jeder eigentlich im Call of Duty dahinter. Ja, es ist Call of Duty, es Fakt wieder, es ist lustig, es ist super, es ist... Ja. Wie soll er sagen? Es ist das Gleiche wie immer, aber es FIFA macht mit halt Spaß. Munition. Ja, Gut. Ja, Jay, ja, wir haben- Jays. Was hat der Jay? Was sagt der Jay? Jay, man muss mit mir schimpfen. Eigentlich einen Schnutz wählen, aber dann nicht zu viel abgehauen. Aha. Und mit dem Schnutz darf man nicht auf die Straße, darum habe ich jetzt ganz abgeschaltet. Kann ich Viel, mal fragen, was für ein Schnauz du schwören, dass du mit dem nicht auf die Straße hättest dürfen? Muss ich jetzt das noch weiter Ich erklären? würde gerne wissen, wo du angefangen hast Ja, so abrasieren. einen Pornoball kann ich am Schluss, anstatt einen Schnutz. Das ist jetzt Kennst du den der, Magnum PI? Kennt ihr den das ist jetzt Magnum der Genau so. PI? Ja, das war gut. Das, ja, eben, das wäre geil gewesen. Aber ich habe dann hier angefangen abhauen und dann ist es leider... Das war nur noch so. Nein, dann war es so gewesen wie dir. Ja. willst du jetzt einen Ausweis zeigen, wenn du für die Mami Weißt du, gehst, Sigaret kaufen? Ja, so, weißt du, so, da, so, dann so, einfach so hier runter halt, bis hier runtergehauen. Dann nur so dünne Ja. Streifen. Ja, weißt du, wie super? Nachher noch das Hawaii-Hemd anlegen. Nachher Kaum Ferrari vorfahren. Sich jeder geht Ja. schick. Ja, wieso Ja. schick? Einfach Nein, es ist. Poloshirt. Ich glaube, die Zuschauer fragen uns schon, warum sehen wir heute so aus, wie wir uns sehen? Der Raffi ohne Bart, ich mit Haar, der Du ohne Cap. Warum ist das so? Das Ja. sind einfach unglückliche Zufälle halt. Überhaupt nicht. Es ist arschkalt draußen. Es ist arschkalt draußen. So eine hohe Technik bringt Ja, überhaupt ja, nicht ja. der Nur. Das ist der einzige Grund. Ich habe Haar ist noch gut, ich habe nicht sehr viel Haar, wo da irgendetwas daran ändern, dass ich nicht so Das kalt eh auch bin nicht, draußen. von dem her. Aber Ja. Super. Schön, haben wir über unsere Frisuren Ja, geredet. Richtig, genau. Die sind auch sehr sind- indie. Übrigens, genau, du würdest sagen, das ist eine Indie-Frisur. Also, wird jetzt zum Ablauf vom heutigen Abend haben wir gesagt, wir reden Hören erst wir über mal. die Geschichte von einem Indie-Spiel. Dann geht es darum, du stellst uns ein paar Lieblings-Indie-Spiele von uns vor, hauptsächlich auch von dir. Eigentlich nur von mir. Ja. Ich habe gar nicht gefragt, was Ja. ihr für Lieblingsspiele Genau, ja. habt. Genau. Ich erkläre auch das Thema AAA-Spiele. Der Unterschied zwischen Indie- und AAA-Spiel. Zwischendrin werden wir ein bisschen Diskussionsrunde machen, ein bisschen gamen. Was ganz wichtig ist, wir haben ein Gewinnspiel, das wir am Schluss verlosen. Und zwar hat ist Nintendo Europe hat ist 3 Spiele suchen. Das ja, wäre, du kannst das mal du erklären, zeigen ja. jetzt. Hä? Wir verlosen. Jay darf nicht Ja, mithelfen. der Jay darf nicht mitmachen. Das ist ein Gewinnspiel. Wir verlosen gegen Ende zweimal Zelda Link's Awakening und das Luigi's Mansion 3. 3. Ja, 3, ja. Jetzt fragt ihr natürlich, wie kann ich da mitmachen? Gebt euch Das Geld. funktioniert alles über unseren Twitch-Chat. Gibt einen Twitch drin. Die nicht drin sind, ja. Und am Schluss von der Sendung stellen wir 3 Fragen. Zu jeder Frage kann man ein Spiel gewinnen. Ja. Und die Fragen gehen darum, was hier in der Sendung war. Da müsst ihr Was passiert ist. Da müsst ihr gut aufpassen. Und eben wichtig, ja, das ist zuschauen. Zuschauen und zuhören. He? Muss ich aufpassen? Nein, du machst ja nicht mit. Ah, ja, Du musst einfach aufpassen, wenn ich eine Frage stelle, zum Beispiel, was war vom Andi das Lieblingsspiel gewesen? So zum Beispiel, was eine Frage wäre gegen den Schluss. Könnte ja sein. Und der Erste, der es im Chat schreiben tut, gewinnt gewinnt. das Spiel.
Ja. Entsprechend. Ja, Und aber es ja. ist ja so, Ja. es hat einfach zweimal Link's Awakening und einmal Luigi's Mansion 3. Ja, Und der erste ist der geschwinder, ist der schneller. Also das ist der schnellere. der kann sich dann der erste Ich sage aber, der erste darf uns ja oder, Welt spielen. oder vielleicht kann der zweite auch noch aussuchen, wer weiß. Ah, ja, stimmt, ja. Ah, ja. Es gibt zweimal Zelda, weil Luigi und ich noch nicht daheim. Der an der dritten Stelle kann nicht mehr aussuchen, so sieht es aus. Platz 3 kann leider nicht mehr aussuchen. Was für ein Zufall. Wenn es ganz dumm geht, kann sich der Platz 2 und der Platz 3 nur noch entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Aber Ja. es ist gleich das Gleiche. Aber es ist Gut. kompliziert. Geschichte von einem Indie-Spiel. Fangen wir so an. Raffo, du hast recherchiert. Was hast du herausgefunden? Etwas recherchiert. Ja, das meiste sieht man dann im Beitrag, aber es ist tatsächlich wieder so, die ersten Indie-Entwickler, die sind tatsächlich etwa bei meinem Jahrgang. Nein, die sind in den 70er Jahren. 1952 oder was? Indie-Entwickler, tatsächlich hat es die ersten Indie-Entwickler gegeben. Und zwar war es eine Frau. Aber Okay. mehr sehen wir doch im Geschichtstag wirklich im Beitrag. Also, dann hauen wir doch das Video raus und diskutieren nachher drüber. Oder hast du- Nein, Ja, gut, oder was? sparen wir das auf. Sparen wir das auf. Ich Okay. möchte nachher etwas wissen darüber. Okay, Ja. also das erste Video, hä? Ja? Nein, Leute, Leute, ganz ehrlich, ganz kurz. Was? Nein, machen wir zuerst das Video. Machen wir zuerst das Video. Gut, das Video. Das fickt doch. Gut. Video ab. Kommen Indie Games. Was macht Indie Games aus? Der Name Indie Games, Independent Games, kommt aus dem Englischen und bedeutet eigentlich übersetzt nichts anderes als unabhängige Spiele. Unabhängig sind die Spiele von einem Geldgeber, also von einem Publisher, der die Entwicklung des Spiels finanziert. Das kann dazu führen, dass im Normalfall Indie-Games für einen Spieler viel günstiger sind als AAA. An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch Indie-Games mal bei einem AAA-Publisher rauskommen können, allerdings immer noch unabhängig, sprich, der Publisher hat bei der Produktion des Spiels gar nichts zu melden. Indie-Games zeichnen sich extrem durch ihre Vielfalt aus und durch ihren entsprechenden Stil. Viele Spieler experimentieren mit der Darstellung von der Grafik vom Spiel oder entsprechend mit dem Spielkonzept. Der meist gespielte Titel, der wahrscheinlich extrem auf eine spezielle Grafik gesetzt hat, ist ja wohl Minecraft. So ist selbstverständlich auch der Aufwand, so ein Spiel zu programmieren, sehr unterschiedlich. Manche Games sind innerhalb von einem Tag fertig, andere brauchen jahrelang, weil halt auch dort die finanziellen Möglichkeiten beschränkt sind und entsprechend dann auch wieder muss für Budget gesorgt werden während der Produktionsphase. Man hat eine starke Veränderung zu der Popularität von Indie-Games bemerkt, seitdem wo es Digital Distribution gibt, also digitalen Vertrieb von Games, unter anderem das PlayStation Network, der Nintendo eShop, Xbox Live oder auch Steam. Mittlerweile ist es ja so, dass jeder, und ich meine grundsätzlich wirklich jeder, sein Game auf entsprechenden Plattformen kann anbieten, egal ob hervorragend produziertes Indie-Spiele mit Tiefgrund oder absoluten oberflächlichen Kackmist mit geistigem Dünnschiss gefüllt. Was beim Nintendo eShop ein bisschen weniger das Problem ist, schlägt dann auch dafür bei Steam auf, wo immer wieder Spiele vorkommen, die sich jeglicher Vernunft entziehen und entsprechend zum Teil sogar gegen Gesetze verstoßen. Meistens werden die Spiele nachher aber von User gemeldet und verschwinden so schnell auch wieder, wie sie sich kommen. Die Wurzeln von Indie-Games sind wahrscheinlich wieder auf 1970 zurückzuführen, was noch nicht so eine etablierte Computer-Game-Industrie hat gegeben.
Joyce Weisbecker sagt von ihr selber, sie sei wahrscheinlich die erste Indie-Game-Designerin, weil sie entsprechend Games für die RCA Studio 2 Konsole in 1976 als unabhängige Kontraktorin hat erstellt. Die Rentabilität vom Programmieren von Videospielen hat nicht lange auf sich warten und so sind immer mehr Videospielprogrammierer eingestellt worden und es ist entsprechend eine ganze Industrie daraus entstanden. Während den 1990er Jahren sind Indie-Games gewöhnlicherweise als Shareware vertrieben worden. Nachfolgend ein paar Beispiele aus den 1990er Shareware-Games-Zeiten. Vor Mitte der 1990er Jahre ist der kommerzielle Vertrieb von Videospielen vor allem von grossen Publishern und Wiederverkäufern beherrscht worden, die ihre Vormachtstellung während dem 1980er Jahre Videogame-Boom ausgebaut. Selbstverständlich haben sich mit dieser Tatsache entsprechend unabhängige Game Designer schwer damit, selber Games auf den Markt zu bringen. Der Chris Crawford, entsprechend bekannter Game Designer in den 1980er Jahren, der sich für Spiele wie Eastern Front und Balance of Power verantwortlich zeichnet, hat einmal folgenden Satz rausgelassen. Ich wollte jetzt einfach mal die traurige Wahrheit aufdecken. Wir sind über die Zeit aus, wo ein paar Hobby-Programmierer ein Game zusammenbasteln und mit dem eventuell auch einen kommerziellen Erfolg verzeichnen. Es ist einfach viel schwieriger als vorher, jetzt da Fuß zu fassen. In diesem Moment würde ich jedem davon abraten, wenn du ein Game machen willst, mach es für den Spass, aber probier gar nicht erst irgendwelchen monetarisierbaren Profit davon rauszuschlagen. Die Chancen stehen so extrem gegen ein einziges Individuum, dass ich diesen Herzschmerz einfach wirklich niemandem wünsche. Das wiederum hat entsprechende Game Designer oder Publisher, die unabhängig waren, dazu gezwungen, entweder selber eine Publishing Company, also eine Vertriebsgesellschaft zu gründen, einen entsprechenden Publisher zu finden, der gewillt war, das Game zu veröffentlichen oder es entsprechend als Shareware zu verbreiten. Die immer höheren Produktionskosten am Anfang der 2000er Jahre haben Videospiel-Publisher noch viel vorsichtiger werden und sie haben grundsätzlich alle kleinen und zu fest innovativen Konzepte von unabhängigen Videospielentwicklern abgelehnt. Während der Mitte 2000er Jahre haben ein paar Indie-Computerspielentwickler entsprechend ihre Spiele nach der Kommerzialisierungsphase entsprechend als Open Source zur Verfügung gestellt, damit ihre Werke nicht zum Abandonware mutiert. Wer nicht weiss, was Abandonware ist, es ist echt ganz einfach. Jedes Mal, wenn entsprechende Software programmiert ist worden, kommerzialisiert ist worden und aber nicht der Support ist eingestellt worden, redet man von Abandonware, weil die Software dann niemand mehr brauchen kann. Indem man die Quelle auftut, also in diesem Fall Open Source macht, kann das Produkt weiterhin verwendet werden, aber auch entsprechend umgestaltet oder modifiziert. Was natürlich im Fall von Games entsprechend beliebt ist, weil so natürlich die Langlebigkeit vom Game kann weiter ausgezogen werden.
Wie schon bereits erwähnt, hat dann die digitale Distribution von Videospielen ab den 2000er viel mehr Möglichkeiten geboten, die Independent Games auf den Markt zu bringen. Der Creator von Oddworld, Lorne Lanning, hat seinen Wunsch immer geäussert, seine Games immer unabhängig zu produzieren, anstatt den Weg über den grossen Publisher zu gehen. Er hat auch eine entsprechende Meinung von grossen Publishers vertreten. Ich zitiere: «Ich würde lieber Kinderspiele machen, als ein Sklave sein für öffentliche Firmen, die sich lieber um ihre Shareholder kümmern, als um ihre Kunden.» Ich weiss nicht, wie ihr das seht, aber auch heutzutage kann man gewissen Buden wahrscheinlich noch etwas vorwerfen. Hallo FIFA, hallo Lootboxen. Aber mit den genannten Möglichkeiten ist es dann möglich gewesen, die grossen Buden zu umgehen. Man hat einfach auf Steam veröffentlicht, man konnte über PayPal Zahlungen laufen und so weiter und so fort. Unter anderem war es so gewesen, dass man plötzlich sich crowdfunden, sprich man hat Geld von Leuten bekommen, um ein Game entsprechend zu entwickeln. Das populäre Beispiel, das man hier nennen möchte, ist wahrscheinlich Star Citizen. Bei Star Citizen funktioniert das Ganze nicht ganz haargenau gleich wie bei anderen Crowdfunding-Systemen, wo man eine Webseite hat und entsprechend sein Produkt präsentieren, wo dann die Leute dürfen Geld einzahlen und für das einen Bonus bekommen. Nein, bei Star Citizen ist es so, dass du zum Beispiel kannst ein Raumschiff kaufen und so entsprechend die Entwicklung des Spiels unterstützt. Es ist von mehreren Leuten bekannt, dass sie schon mehrere Tausend, wenn nicht Zehntausende von Franken in die Entwicklung von diesem Spiel reingebuttert haben. Da hoffen wir doch entsprechend das Beste für die Entwickler, dass das Spiel auch richtig gelungen wird. Selbstverständlich sind dann natürlich auch ganz andere Auswüchse da gekommen, die man entsprechend nicht unbedingt hat gebraucht. Mobile Games zum Beispiel, wo die meisten Entwickler entsprechend unabhängig sind, aber dann eben mit Pay to Win ein Riesengeld verdienen. Wo man es bei Indie-Produzenten noch verstehen kann, dass sie so ihr Game finanzieren, kann man bei Pay to Win bei grösseren Spielen oder AAA-Titeln von grossen Publishern einfach nur noch den Kopf schütteln. Ganz am Schluss möchte ich doch noch auf die Schweizer Indie-Game-Developer eingehen. Von Schweizer Produkten ist man sich Präzision und Qualität gewöhnt und das ändert auch mit den Schweizer Developer nicht. Nachfolgend ein paar Beispiele, was gerade so in der Schweizer Development-Welt läuft oder schon gelaufen ist und was eventuell noch alles auf uns zukommt. Klar ist schon jetzt, dass sich die Schweizer Developer extrem gut auf dem Weltmarkt platziert haben und entsprechend mit Erfolgen kann gerechnet werden. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch einen kleinen Einblick in die Indie-Welt näher bringen. Merci vielmals und genießt es noch weiterhin. Einen schönen
So, das wäre der Beitrag gewesen von einer Geschichte von einem Videospiel. Merci vielmals für den RFU. Ja. Gerne. Wir haben zuerst eine Frage, die wir gerne darauf eingehen im Twitch-Chat. Es ist leid, wir können nicht immer auf alle Fragen darauf eingehen und reagieren, weil wir schon recht ein fixes Programm haben. Aber wir probieren, so viel wie möglich auf den Chat zu schauen, so viel wie es geht. Jetzt hat der Kuro eine gute Frage. Ist die Schweizer Indie-Szene wirklich so gross, wie man davon reden tut? Gross würde ich nicht sagen. Ich glaube, man kennt einander. Ich würde behaupten, es hat viel kleine, also einzelne Personen, die Games jetzt gerade Divider zum Beispiel, das haben wir letztes Mal am Hero Fest, das ist nebendran bei uns im Stand. Da haben wir selber sogar alle von uns schon gespielt. Genau, haben wir den alle Code zusammen gespielt. Ja. Super cooles Arcade-Spiel und das ist einer, der das entwickelt. Und das ist halt extrem oft noch so, dass 2-3 Personen ein Spiel entwickeln. Aber also gross ist sie nicht. Sie ist einfach... Sie ist da. Sie ist da mittlerweile, ja. Also, es ist wirklich... Es ist ein kleines Land, für ein kleines Land, das ist absolut. Da. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe es auch erwähnt im Video, sie platzieren sich auch weltweit ziemlich gut. Also, es gibt Vereinzelte, die richtig rausstechen. Studios sind extrem drin. Oder das Game Forlorn Sale, kennst du das? Ja, das ist genau. ziemlich noch über das Land rausgeschossen, das noch recht international und, bekannt ist. Ja, ja, aber es ist typisch Schweiz, so die Qualität ist glaube ich, schon da. Ja. Und wir platzieren es glaube ich, recht gut im Weltmarkt, was so andere Sachen angeht, die da rauskommen, zum Teil auf Steam. Also, habe ich auch erwähnt, oder? Man weiss es, Schweizer Indie-Games und Zackmesser. Ja, genau. Das und Käse und Schokolade. Ja, genau. Oh, wow. Also warte jetzt, eure Raffu. Merci für das Abo. Ja, merci vielmals. Working Class, vielen Dank. Die haben sicher Geile vergessen, Sache. Geile Sache. Alerts können wir glaube ich nicht. Schon okay. Dein allererste Indie-Spiel? Mein allererste Indie-Spiel. Alle auf dem NES, ausser die exklusiv von Nintendo. Vom NES schon NES hat eben schon extrem viele Indie-Hersteller gehabt. Aber das Problem war, dass ja nie viele Leute, die Games haben produziert haben. Aber das Problem war vor allem dann, dass du als Hersteller hast auch nie gewusst, verkauft sich das Spiel auch noch tatsächlich. Und da ging ein riesiges Risiko eingegangen, wenn du hast gesagt, ja, wir produzieren Spiele für den Nintendo. Nintendo hat doch damals die Regel vorgeschoben, dass die Entwickler gesagt haben, sie dürfen nur 2 oder 3 Spiele im Jahr produzieren. Ja. Und dadurch ist eben die Vielfalt entstanden nachher durch die Spiele, die dann richtig gut sind geworden. Nicht, dass jeder irgendwelche Spiele rausbuttert. Und das ist jetzt genau, du sprichst es gerade wieder an, das ist genau das, was jetzt auf Steam eben passiert ist. Wir reden von einem gewissen Gamergeddon. Also das heisst, es kommen so viele Games raus, es ist absolut keine Kontrolle mehr. Oder? Also ich meine, stell dir mal vor, früher hast du noch, also ich rede von wirklich den 90er bis 2000er Jahren, dazwischen waren nicht viele Independent-Spiele rum. Die meisten hat man sich so ein bisschen zugeschickt. Und so. Ja, also wirklich viele Independent-Spiele hat es nicht gegeben, die tatsächlich populär waren. Mittlerweile ist das ein ganz anderes Thema. Also mit Minecraft hat das Ganze ja angefangen. Wirklich. Das ist das populärste Indie-Spiel, das es gibt. Und dann sind die ganzen Plattformen gekommen, wo jetzt mittlerweile jeder, wir zwei können das Spiel entwickeln, mit einfachsten Mitteln auf Steam fallen. Und gut, und schauen, wie es läuft. Es sind alle Werkzeuge dazu sind gegeben, man kann alles im Internet dazu finden. Ja, das ist so. Absolut, ja. Braucht ein bisschen, das Einzige, was braucht, ein bisschen Geduld. Das ist vielleicht ein bisschen, der negative Aspekt, dass wirklich so eine richtige Flut kommt. Oder? Aber jetzt gesagt, dein erstes Indie-Spiel, das ich zurückziehen kann. Mein erstes Indie-Spiel. Es ist noch schwierig. Das ist schwer. Ich habe schon Indie-Spiel gespielt. Ja. Aber... wo jetzt gerade sagst, wo dir in den Sinn kommt. Ja, ich weiss nicht, das ist schwierig. Vielleicht Commandos oder so, weißt du? Commandos, ja. Und wie hast du es gefunden? Das war, glaube ich, noch witzig. Ja. Also ich kenne ja den Nachfolger viel besser. Ich habe recht lange gespielt, Shadow Tactics. Ja. Aber ich weiß auch der Developer nicht mehr. Muss ich auch ehrlich sagen. Eidos ist das gesehen. Früher ist Eidos gesehen. Ja. Ist das Commandos ist Eidos gesehen. Das hat, glaube ich, jetzt auch Tomb Raider damals. Es ist so, man muss da eigentlich aufpassen. Es ist ja mittlerweile so, dass nicht immer der Vertreiber ein Indie ist, aber der Hersteller. Also sprich, der Developer ist grundsätzlich ein Indie-Developer, aber es wird über einen grösseren Vertrieb vertrieben. So wie ein Investor gesehen. Genau, richtig. Also, aber nicht ein Investor. Das heisst,
Weißt, zum Beispiel EA hat ja auch schon Indie-Studios The Way Out zum Beispiel. Das ist ein Indie-Studio. Ja, aber wenn Indie-Studios aufgekauft werden und dann finanziell gepusht werden, um ein Game rauszubringen, weiß ich nicht, ob ich das noch als Indie-Game... Genau, ein Publisher. Genau. Ja, richtig. Ich würde das nicht mehr so anschauen. Ein Indie-Game ist, wenn es nicht von einem grossen Studio finanziert ist, das ist ein Indie-Game. Nein, das ist noch lustig, dass du das ansprichst. Das habe ich auch Ganz klar, gemeint. Wikipedia. Ja, das habe ich auch gemeint. Aber du kannst es so eben nicht definieren. Es gibt verschiedene Punkte, wo du kannst sagen, okay, das ist jetzt ein Indie-Game oder es ist keins. Aber überschneiden sich alle. Also nur weil du als grosser Publisher ein Spiel rausbringst, heisst es noch lange nicht, dass es kein Indie-Spiel ist, weil du hast diesen Publisher, aber nicht den Publisher, den Developer vielleicht nicht reingeschnurrt. Und um das geht es eben auch. Solange du nicht aktiv gehst sagen, wie das Spiel muss aussehen, ist es immer noch ein unabhängiges Spiel. Weil du lässt dir vom Publisher nichts sagen. Es ist immer noch unabhängig. Egal, ob es jetzt finanziert ist, dass du das auf dieser Plattform verkaufen kannst. Aber das sind wieder zwei verschiedene Sachen. Das beißt sich nicht mit dem, was ich gesagt habe. Solange es nicht Finanzierung ist, Ja, klar. sondern das Publishing. Ja. Und solange dann ist es kein Indie mehr. Und der Punkt ist halt eben auch, sobald Finanzierung gegeben wird von sagen wir, jemandem wie EA oder so, ab dem Moment kannst du davon ausgehen, dass auch EA dort wird und sagt, hey, das und das möchten wir, das und das möchten wir nicht. Das ist zu gross. Sorry. Mach nur. Nein, Darf ich gerade schnell eingreifen? Wir reden das Thema nachher, kommen wir noch darauf zurück. Der Unbedingt. Unterschied, was Indie bedeutet gegenüber diesen AAA-Publisher und Entwickler, was der Unterschied ist. Was war dein erstes Indie-Spiel? Ja, das kann ich so gar nicht sagen, weil ich mit extrem viel Screen-Fun-CD-ROMs aufgewachsen bin. Ja, genau. Ganz viele Disketten. Und dort sind Richtig, ja. es hat früher so etwas Geiles gegeben, das war der RPG-Maker. Und dort hast du eigentlich es hat so ein bisschen die Gameboy-Grafik gehabt. Ja. Hast du eigentlich können... Es scheint doch auch noch so. He? Ja. Hast du, also gut, es gibt auch eine 3D-Version mittlerweile. Ja. Hast du eigentlich können coole Games selber relativ einfach mit Bauchleistungssystem zusammenbasteln. Ich hab's geliebt, Vampire hat, glaube ich, einmal geheißen und sonst noch 2, 3 in die Richtung. Und das sind wahrscheinlich die ersten, die ich gespielt habe, aber dort noch nicht dort sind sie halt auf der Screen-Fun, also ist für mich ein krasses Game gewesen. Aber das sind dann einfach ein bisschen Indie-Games, die ein bisschen weitergekommen sind. Und dann kommt die zweite Frage, ab welchem Punkt ist, wie weit zurück musst du gehen, dass es ein Indie-Game ist? Weil irgendwann sind wir an dem Punkt, wo das alles noch Indie-Games waren. Weil das ist es. Ja. oder auch zur Zeit der ganzen textbasierten Games, sondern keine grossen Entwicklerstudios sind und das mit Unsummen an Geld finanziert hat, sondern das sind Kids gewesen, oftmals. Einiges jünger als mir, viel jünger als du, wo Ja. Nein, mal den Bart abholen, nicht etwas. He? Running Gag. Ja. Okay. So gut. wo miteinander im Keller geguckt sind eigentlich, und dort so Games anfangen zu entwickeln. Und die Games nachher sind probieren vertreiben, so köffelmässig angegangen sind, hey, wir haben da etwas, wollen das mal anschauen. Wahrscheinlich müssen wir die Frage anders stellen. Was war dein erstes Indie-Spiel, das du überhaupt realisiert hast, dass es ein Indie-Spiel-Sparte gibt? Wo man heutzutage so sagt. Seit wann sagt man überhaupt, dass es Indie-Spiele sind? Kann man das mal zurückfallen, dass man sagt, gibt es wo der Zeitpunkt, wo kommt, ja, da Tag ist Independent. Ich möchte, das ist nicht, das kannst du nicht. Also du kannst, also genau das Problem war das gewesen, oder? Also die erste, wie du mir von dieser Frau gesehen hast, wie sie heisst, Weiss. Nein, Miami Vice ist etwas anderes. Nein, Miami Vice. Die Frau, die im Video vorkommt, weiß wirklich nicht, wie sie heisst, das ist Joyce, weiss ich noch, Joyce, Weissmaker, glaube ich. Irgendwas etwas. Ist ja gleich. Die hat gesagt, ich bin ja eigentlich ein Indie-Developer, weil ich tue unabhängig entsprechend Games herstellen für eine Konsole, aber in einem unabhängigen Kontrakt. Also das heisst, die Konsolenhersteller haben mir nicht vorschreiben, was ich für Spiele zu entwickeln habe. Aber ich habe einen Vertrag, ich tue entsprechend so viele Spiele nicht programmieren, aber einfach genau so, wie ich das will. Und das ist in dem Sinne eben auch Indie. Und jetzt komme ich nochmal zurück, ich muss gleich nochmal zurückkommen, weil er sagt, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt sagst, Star Citizen, oder die haben ein riesen Budget. Das ist ein abartiges riesen Budget. Kannst du nicht vergleichen.
ein 60 Millionen Budget. Ja, wie sind ja die 60 Millionen gekommen? Richtig durch Crowdfunding. Ah, Du kannst also- nicht am Budget liegen. Also kannst du nicht das Indie-Spiel Doch, natürlich, es kommt davon, wo kommt das Budget? Mal, Nein. doch, natürlich, wenn das Budget, wenn EA kommt und sagt, hey, da, wir geben dir sehr viel Geld, dann kommen sie mit der Auflage, aber du machst Genau. dies, du machst das, du machst das. Genau. Wenn aber ein Indie-Entwickler sagt, hey Leute, ich habe da eine geile Idee Ja. und bringt das gegen raus und alle Leute finden voll geil, ich möchte dir gerne Geld ins Gesicht schmeißen, dann ist das trotzdem Indie. Die haben einfach durch das Crowdfunding eine Möglichkeit gefunden, um viel Geld Das Das ist schon wieder ein richtiger das ist wieder etwas Konflikt. anderes. Weil der andere Unterschied ist, lass mich fertig reden, ich sehe es dir im Gesicht, lass mich fertig reden. Andere können Bauch reden, der redet durch die Nase, Ja. wenn er nicht dran ist. Also, Ja. ganz Macht die wichtig. Nase so. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, dass Indie-Games in dem Moment noch weniger Dienstleister sind, also auch im Crowdfunding-Ding, als ein Studio, das AAA-Games für einen grossen Namen macht. Weil das ist eher Dienstleister. Darum das ganze Games as a Service-Prinzip, Ja. oder? Mit Ja. FIFA, mit Modern Warfare, was auch immer, wo du immer wieder das Nächste Das kaufst, ist immer so. wieder gleiche Ja. Schmier vom Gleichen, Ja. was verkauft etc. Das ist Dienstleistung. Ja. Und die Indie-Games ist... Darum sind die doch auch oft noch kreativer oder sind innovativer, trauen sich mitzumachen. Klar. Weil sie die Gelder, die sie beziehen, können frei darüber verfügen. Du hast keinen grossen Namen im Hintergrund, der sagt, das darfst du nicht. Richtig. Ob sie das Geld jetzt mit Fenster putzen oder ob sie das Geld jetzt mit Crowdfunding und ob es 50 aber Franken oder das 5 ist genau Milliarden das, was ich sind, meine. das ist scheißegal. Es ist trotzdem noch Indie. Das ist der, ja. Genau, das ist, Ja, das ist auf das Thema, komme ich dann noch bei meinem Part drauf, wo wir dann nachher haben, AAA oder Indie, genau das, was du jetzt eben gesagt hast, das wird euch viel das Thema sein, wegen um Geld oder was genau um was es geht. Jetzt bei deinem ersten Indie-Spiel hast du gesagt, der RPG-Maker, oder? Ja, voll. Das Ja, ist schon hast du es Zeit bereut? gewesen. Völlig. Mein Leben ist nachher komplett so an den Faden gefallen. Würdest du es noch spielen? Ja, voll. Ja. Ich will es immer Ja. noch spielen. Ich finde auch, Okay. find auch die Grafik heute noch spannend. Und das ist, Ja. glaube ich, der Grund, warum das Minecraft so zieht. Das ist ein Spiel für Hip-Hopper, geht um Blöcke. Nein, Warte, jetzt muss ich studieren. ja, aber es ist nicht zu verwechseln. Es ist nicht für Gaming vom Buch Mein Kampf. Minecraft ist etwas anderes, das ist ganz wichtig. Oh je. Oh je. Es ist nicht einmal Wir haben 30 jetzt, Minuten ja. gegangen. Du. Warte jetzt noch gerade 1,5 Stunden, bis wir zum Scheiß kommen. Ja. Ja, nein, ich würde es immer noch spielen, aber ich finde die einfache Grafik eigentlich mittlerweile wieder Die angenehm. ist schon zeitlos. Die 8-Bit, 16-Bit, das kannst du in weiss ich wie vielen Jahren noch spielen. Aber es gibt auch Teils bei den ersten 3D-Versuchen. Sagen wir zum Beispiel hier bei PlayStation, bei der Ur-PlayStation, bei Nintendo 64. Das sieht heute so blöd aus. Entschuldigung. Das hat so schlecht gehalten. Also das Zeug Ich sieht find's auf dem schlecht. DOS, Ja. also auf dem DOS gemacht haben, sieht besser aus. He? Die Ego-Shooter zum Ja. Teil. Ja. Also ich meine jetzt rein vom... Also so ein bisschen verschwommen dort hat und man ja, weißt du, dort hat man ja verpixelt vor, ja. die zwei Dinge einfach... Im Video gesehen, haben wir die zwei Hände einfach fotografiert, die dann so ins Game hinein und die haben dann geschossen. Das ist wirklich etwas Ladebewegung, so Aber- die ja, schon. genau. Können wir kurz in den Chat hineinschauen? Ja. Ich habe Ja. allerdings Ich gesehen... möchte noch schnell heute Ja. sagen, Nein, hallo T-Nerd, hallo Jackie Plays und alle, die jetzt haben verpasst. Was hast du sagen auf dem Chat hier? solange Entwicklerspiele können frei entwickeln, ist es egal, woher das Geld Richtig. und ob von einem Studio selber wie EA oder, ja genau. Ja. Das ist das, wo wir ja, auf das Thema haben wir noch Ja, viel genau, mit auf das, drauf, auf das können wir Ja. Genau. Der Jay hat, glaube ich, noch eine gute Frage gestellt. Sind Flash-Games auf dem PC, also Desktop-Flash-Games, weißt du, was ich meine, wo Flash-Player brauchst, Flash-Player, sind das Indie-Spiele? Ja, klar. Logisch, ja. Also eben, und Ja. die Frage geht sofort mit Ja. Ja. Also, Für die andere Frage sind es gleiche gute. Diskussion. Sind genau gleiche Diskussion. Also, Ja. oder der Punkt ist, jetzt kommen wir eben schon in ein Thema rein, das extrem lustig ist. Das ist mir erst in diesem Prozess von diesem Video erstellen, ist mir das plötzlich wie Schuppen von den Augen. Beim Rendern so. Beim Rendern so, wow. Hey, also jetzt musst du dir das vorstellen, also Mobile Games, oder? So, Ja. jetzt Browser Games, Mobile Games. Jetzt schau dir mal die Machart von diesen beiden an. Ja. Und dann sagen wir, woher als Mobile Games ihren Ursprung haben. Aus den Browser Games. Asien. Flash, ja, Asien. Flash, nein, aber nicht unbedingt. Flash, oder? Player. Ja. Angry Birds. Ein Milliardengeschäft. Ja, Du darfst nicht vergessen, die erfolgreichsten Konsolen sind Natur. Indie-Games. Das sind alles Aber Indie-Games. wegen Asien, wegen Korea etc. Ja. Aber das sind Indie-Games, Ja. oder? Also die ganzen Angry Birds und Ja. weiss der Teufel was für Mobile-Spiele, meisten also die meisten. Wobei, ja. da gibt es wieder Ausnahmen. Da gibt es Siedler Online zum Beispiel. Ja, wo Klar, auch das ist Browser- natürlich nicht das Gleiche. Genau, Oder aber- Blizzard und wo jetzt so entsprechend auf den Zug aufspringt.
Oder Es gibt eine andere Call of Duty. Diskussion. Sind, jetzt, Call of Duty Mobile. sind für dich Nattelspieler, sind das richtige Gamer oder sind das keine Mittlerweile- Gamer für dich? Sehr heikle Frage, oder? Wo schon viele gesagt haben, Ja. Ja. Also sorry, wenn irgendein Gamer das Gefühl hat, ich bin der Ober-Hardcore-Gamer, weil ich nur Dark Souls zocke, Ja. von morgen früh bis am Abend spät. PC Master Race. Nein, genau, nein, das, sorry, genau das, was er sagt. Da Ja, kann genau doch das, nicht- was er es sagt. kann Einer, doch keiner ja. kommen und sagen, Ja. du bist kein Gamer, du kannst von mir aus Brettspiele spielen, du bist auch ein Gamer. Also, was Ich glaube, ist man muss dort ein bisschen anschauen, ist, wenn man jetzt von der klassischen Art des Gamer schaut, wo auf Punkte wie Reaktionszeit Ja. von vielleicht ins Game eintauchen etc. reingeht. Mittlerweile vielleicht schon auch, weil ich meine, mittlerweile gibt es auch Walking Dead glaub, auf dem Handy und Ja, Life is Strange alles etc. denkbar, ja. Ich glaube, so im klassischen Rahmen kommt das erst so, dass man muss sagen, es sind richtige Gamer. Aber wenn man es aus der wirtschaftlichen Sicht anschaut, ganz klar, weil wirtschaftlich im asiatischen Raum bringen die ganzen Mobile Games Unsummen an Geldern. Und aus dem Aspekt ganz klar, ja. Mich gibt es nur einen Aspekt, wo ich mit Ja stimmen tue. Die sind genauso Freude wie wir am Game, oder? Die haben einfach Freude dran. Fertig. Einer, der Obwohl- Freude am Game hat, ist doch scheißegal, ob er es auf dem Nattel spielt oder auf müssen einem Master tatsächlich- Race PC. Das Es sind ist, für mich- natürlich, ja. es ist natürlich lustig, aber umgekehrt ist es genauso witzig, wenn entsprechend die Eltern oder die Schwiegereltern oder irgendwie so jemand sagt, du bist doch ein Suchthaufen, aber den ganzen Tag auf Facebook befahren will. Den ganzen Tag. Das ist nicht das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Genau das Ursula, Gleiche. voll genau das Gleiche. Ja. Apropos Gamen. Wie ist jetzt in der heutigen Sendung gehört, werden wir euch zusammen gamen? Ja? Habt ihr Lust? Klar, Hä? Weil wir einen zu dritt durchgehen? geben wir. Hä? Gut, wisst ihr, was wir spielen? Wenn wir einen Einen zu dritt durchgehen, ja. Wir spielen Bro Force. Ja, das Ja, bin ich Mann. Ja, Bro Force, ja. Pro Force. Also, Bro ich würde sagen, Force. ab, Tricker, also im Parat. Wir spielen es halt zu dritt. Wir sind nur zu dritt Ja. heute, ja. Weißt du, das geht euch schon der tipptopp, hä? Übergang ist gerade schwierig, Ja. weil keiner dort hockt, dass wir Ja, jetzt richtig, ja. überschalten, Ja, gell? dass einer mehr sauber läuft. Du hast eine Kamera auf In-Focus. Also auf Ich muss In-Zoom. halt asoziales Nattel mitnehmen, damit Lieber ihr den Chat noch Fortnite als lesen kann. Mobile. Jay, da würde jetzt... Ja. Was lieber Lieber Fortnite? Fortnite als Mobile. Hey, ja, Gesichtsausdruck, sehe ich gerade. Aber wobei... Wer hat das gesehen? Ja, Gesichtsausdruck. Was hast du Gesichtsausdünstung, Ja. oder was? Wobei ich muss sagen, der Jay hat schon sehr viel Zeit in das PUBG Mobile investiert. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle mal sagen. Ja, und jetzt schreibt er so etwas, da geht's noch. Ja, er ist nicht durch, ich kann sich jetzt nicht wehren. Darum... Also gut, Oh, warte, ich muss gerade Hurti etwas. Wir müssen dann nachher wieder dritt. Ja. ja, ist gut laufen. Kurerei, Ja, ja. das fällt mir jetzt Jetzt erst grad- auf, dass ich da... Ich kann gerade schnell auf das Sorry. Sorry. Ich sehe nicht, aber hier der Chat nicht mehr. Ja, ich weiß. Ja, du musst auf dem Fernseher... Ja, ich muss nur Hey, Hurti Hey, was war eigentlich Ja. dein erste Indie-Game gewesen? Ja, Mein erstes Limbo, wo ich mich so zurückbesinnen kann, dass es überhaupt Indie-Spiel ein Genre gibt. Ist das nicht jetzt mit Also, auf dem Handy zu spielen? also gut, wenn wir jetzt bei ernsthaft gespielten... Also weißt, es gibt ja so viel... Du hast ja früher die PC-Games-Dings, und dann hast du doch da die CDs gehabt. Wieso haben die das nämlich auch vertrieben? Die haben fast gratis Spiele rausgehauen auf diesen CDs, die es gratis gegeben hat, für die populär zu machen. Kennst du die Gameboy-Cartridges, also so 100 Games Ja. auf einer Cartridge? Nein, aber weißt du, die CDs, die es gegeben auf dem PC. Gekauft, zu 80% sind sie einfach leer gewesen. Also PC-Games hast du gespielt, oben. Alles Mögliche drauf gewesen. Monster Truck Racer, keine Ahnung was, einfach alles Wüste, Demos und Zeug. Oder? Demos ist immer so eine Sache. Demos habe ist geil ich voll cool Ja, gefunden. super gefeiert. Es gibt ein Game, das heißt Tombi. Das ist, ich weiß nicht, ob das indisch ist oder nicht. Das habe ich als Kind auf der PlayStation 1 gezockt. Tombi 2 hatte ich als Demo gehabt. Nur ein paar Level so. Ich habe das jahrelang gesucht, nie gefunden. Mittlerweile habe ich es gesehen, OVP, aber kostet glaube ich 2. Also, liebe Leute, wer parat, wenn ihr Platz nehmen hier. Ja, Ja, nein, ist gut eigentlich. Aha, ja. Ja. So, jeder schnappt sich einen von den soll ich schwarzen da? Trick. Willst du Ja, dort? ja, weil- Ja, dann nehme ich doch den richtigen Sessel. ja, weißt du, ja, ich muss, das ist... Es ist ja ganz wichtig, 7 auf dem Viereck parat. Sobald ihr seht, müssen wir auf Viereck Trick alle. He? Ja. Nein, nichts Trick. Hast du gesehen, mit 4 Jetzt Viereck. Ja, Ich bin Gast blau, gut. der Ja. Gast 3. Keine Ahnung, was ich bin. Force. Gut, Gut. Chat im Griff. Habt ihr das schon mal gespielt? Chat haben wir nicht mehr im Griff. Nein. Hier unten habe ich noch einen Griff. Warte. Ja, schon mal Ach gespielt. du PC, Schande, ja. Bro Force, noch nie gesehen. Das ist noch witzig. Bro Erzähl ein Force bisschen ist eigentlich- darüber. Ja. Bro Force ist eigentlich nichts anderes als Expendables, aber in Pixelgrafik.
Es gibt jeden erdenkbaren Actionheld, wird einfach voll auf die Chip genommen, einfach mit einem anderen Namen. Das zum Eins, ja. Und jeder hat andere Fähigkeiten, andere Waffen, andere Zusatzwaffen und es ist richtig lustig. Ich finde es schade, haben wir das nie zusammen gestreamt. Ja, Können wir das ist können wir schade. jederzeit machen. Ja. Machen wir den jetzt? Ja, oder? machen wir. Ja, jetzt geht tun jetzt, wir ja. so. Ja. Wer hat es Schwanger. eigentlich geschafft, seinen Rückspiegel zu einem Bildschirm zu machen? Der vom Jay vom Auto weggenommen. Ui! So, ich bin der, wie heisst der, Chuck Norris da hier. Ich Du bin, bist so ein Arnold Schwarzenegger. ich bin Bist der Ding da, wie heisst der da? Gut. Du bist der... Ich springe auf Viereck, schiesse, Dreieck Ich ist, bin der Rambo. Hure geil. Dreieck ist bist du Nahkampf Rambo. und Kreis ist Zweitwaffe, Spezialwaffe. Vorher bist du der... Oh! Wow! McBower. MacBrower. Leck mich, wie... Wie geht die Melodie von Ich MacGyver? will da viel... Ich Und Und mach nicht alles kaputt. Wir müssen hier zum Fano oder der Heli gehen. Ciao! Wir haben ihn zurückgelassen. Mr. T, genau. Mr. T. B.A. Baracus. Wie So Bracker. ein bisschen über, dann sehen wir es besser. 80s. Shut up, fool! Haben das geschaut, Gas? 80s. A-Team, Alter, natürlich. Von was redest du? Sicher. Spannend, dass du mir Alter sagst. Aber ja. Ja. Ah, ich bin rot. Wer ist blau? Oder mal mit Sprengkraft gekommen. Ich habe erst ein bisschen. Ja. Nein, Ah, ich habe nicht. Sprengkraft hier. Ich habe Sprengkraft. Jetzt redest du so da komisch. ist er nicht runtergekommen im Fall. Das ist nicht Oh geil. ja, Kacke, ja, jetzt sterben wir alle halt. Ja, nein, warte, ich rette uns. Ja, wie will der Ah, da, nein. wie will ich da retten? Kann ich da einen anderen Charakter nehmen? Oh, ich habe irgendwas geschossen. Huch, bin ich gesehen. Ich glaube, das ist explodiert. Ich bin sozusagen. Oh wow, okay, gut. Bring die, Ich glaub, spring das ist das der Loch. Bruce Willis da, Ja, das ist der Bruce Willis, ja. Ja, der habe ich vorher Ah, wir gemeint. hättest doch noch durchschießen und wieder am Brüten so. Wir sind so blöd. Ja, sind Was sie. machst du? Ich probiere uns jetzt... Das ist der Vorgänger von Ah, ja, jetzt- von Minecraft. schau. Brocraft. Minecraft. Rowcraft. Langsam fahren, dann kannst du uns vielleicht hören. Ja. Ah, da sind wir wieder. Voilà. Und ich? Sind beide retten? Nein, ich habe kein Leben mehr. Ich bin tot. Nein, weißt du, er hat keine Waffe, er hat nur Sprengstoff. Ich bin tot. Ah ja, ich habe Ah, oben noch kannst du einen befreien. Yes. Guck mal. Jetzt! Nur Wer bin ich? Jetzt bin ich der Rambo. Der Rambo Fett. Hast du gesehen? Hey, warte, ich will noch einen befreien. Warte. Nein, jetzt geht der Finger gedrückt. Was? Aber wenn du einen befreist, bekommst du Oh, das Leben. du kannst dem Gegner, Wow. dem Gegner das Ding in den Finger drücken. Schau da. Yeah, Lieber Bubble Chat. Burfer. Wer vorher gezockt? Rollforce, wer jetzt gezockt? Ich spiele es gerade zum ersten Mal. Ich finde es auch dumm, aber witzig. Ja. Also eigentlich bei mir. Ja, das ist lustig. Ja, das ist bei mir. Das ist auch dumm, aber witzig. Ja, froh spielt der Hergi kein Zauberer, der Kisten annehmen kann. Ja. Ja, Genau. das bräuchten wir jetzt noch. Das wäre eigentlich eine passt. Idee gewesen, ja. Wir jetzt gut Ja, das ist einer verpasst. Ja gut, dann haben wir schon richtig gepasst. Oh! Jay hat nicht so frei kennen. Ah, ich Was bin... bin ich ah, denn ich jetzt? lebe. Ah, jetzt bin ich der... Was lebe. bin ich? Bin ich jetzt der Mac Pro von MacGyver? Du bist Bro, Cooli. Oh, Braid. der Braid! Braid. Braid. Ah ja, jetzt bin ich. Guck, Braid. Yes. Guck, hast du gesehen? Ah, ja, ja. Ui! Braid. Das explodiert aber echt. Das ist einfach alles mit Bro, Braid, Bro. Nein! Wissen wir irgendetwas über das Game? Ah, das das bin kann ich der runtergeflogen. Brominator sein. Wissen wir irgendetwas über das Game? Wer es Nein. entwickelt hat? Nein, ich weiß es nicht. Oh nein, gar nicht recherchiert. Das ist aber aber ein bisschen doof. Nein, ist von Devolver Digital, soweit ich weiss. Haben die sonst Oder irgendetwas ist gemacht, nicht, um sie oder kennen? ist nicht Team 17? Nein. Von einem Wormsmacher kann das sein. Das kann sein. Gell? Ja, Das ich glaub, von kann einem Wormsmacher. sehr gut sein. Das Also, ist natürlich, saulustiges Spiel. ja, klar. Das haben wir bis zum Umkehren gezogen. Lecker Lago. Dynamit, Achtung. Irgendetwas ähnliches Dynamit gemacht. Der ganze Ja, Mann. Ich will aber nicht... Oh. Wie kannst du den Charakter wechseln? Nicht den MacGyver. Einfach sterben. Ah, Das haben wir ist jetzt? witzig. Was ist jetzt passiert? Weiss nicht. Jetzt, Das ist jetzt sind wir alle tot, ausser... Wer ist noch am Leben? Ich. Jetzt bist du der... Ja, ich glaube nicht. Ich bin glaube tot. Bist du vorbereitet? Wissen wir etwas über das Game? Nein. Was einfach lustig ist. Aber es ist schön, haben wir darüber geredet, über das Spiel. Ja, schön, ja. Das ist ja.
Broforce, Holiday Broforce. Bro, vielleicht sollte man irgendetwas über das Game uns auf die Finger saugen. Oder über den Entwickler oder irgendetwas, weil sonst gesagt nicht, wir sind also Trittepper beim Gamen. Aha, alles geht nicht um das. Nein, gar nicht. Hey, kannst du mal irgendwo an einen Nein, Punkt gehen, wo wir wieder leben? Oder mal ein paar Siechen befreien, dass wir wieder Leben haben? Ja, mach mal. Dann klebst du noch selber in die Ja. Luft. Das ist ja schauen. Ich will auch wieder irgendetwas machen. Oh, So, jetzt. Yeah! Geil. Oh, das bin ich. ja, ich das nicht. Ja, aber gut, haben wir eine schöne Zeit miteinander. Ja, warte, wir holen die euch noch. Yeah. Jetzt geht es sicher auf den Helikopter. Ja, Ich noch mehr auf dem Helikopter. Wieso schaffst du es nie auf den Helikopter? Nie schaffst du es. So, Hörnli mal. Yes, Ja. Broforce. Kennst du? Ja. Ah, ja, ich glaube, der Hörnli-Mann, ich habe mal zusammen Broforce gespielt, stimmt. also ich habe noch nie gespielt, aber ich möchte es gerne wieder Ja, spielen. Wieso bin ich schon John wieder der McClane. Dings? John McClane ist ja geil. John McLean. Oh, was haben wir jetzt da gelegt? Ich will nicht immer das Dynamit legen. Das war ein sehr guter Weihnachtsfilm. Ja, extrem. Ja, ne? Nein, das bin ich nicht. Das bin ich. John McLean. Wow, 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 wow. Besser als der John McCrack. Weißt du, das ist verdammt blöd. Mit John McLean muss ich nie Call of Duty Ich spielen. glaube, ich habe mich gerade selber umgenietet. Nein, 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 nein. Ah nein, ich bin da. Aha. Oh! Oh, wow. Der Saftsack, der lebt noch. ja, Den nein. habe ich gar nicht gesehen. Oh, oh, da bin ich völlig... Liebe Zuschauer, habt ihr also gerne gewaltspiele, Bruce. Killerspieler-Debatte? Ja, das wird wieder etwas auslesen. He? Nein. Die Komm mal. Gleichschöbel spielen wieder. Irgendjemand schiesst wieder wild in einer Schule um sich, wenn wir so etwas spielen. Ich dachte, das ist noch geil Time, aber nein. Oh, Bro, Bro, Red. Dredd, yeah. Judge Dredd sollte doch nicht wieder irgendetwas kommen. Weiß gar nicht. Ich hoffe nicht momentan, aber... Aber wir hoffen es nicht, oder was? Nein, die Idee wäre ja lustig. Judge Dredd. Ja, grundsätzlich. Bisschen lame, ne? Das ist ein mehr besserer Anti-Drogen-Film. Ah, den habe ich sowieso nicht Also, gesehen. also sorry, mehr besserer. Das habe ich nicht gemeint, aber Hey, ich habe schlecht eigentlich. Warte. Oh, das ist ein Mandalorian. wir sind ja hauptsächlich gestorben, weil wir relativ fast beste Crackheads sind. Warum bin ich wieder Leben? Hey, es gibt einen No-Kampf, habt ihr das gewusst? Ja. Warum sind ja immer andere Leute? Kann man nicht mal wechseln? Ich bin immer der MacGyver. Wieso? Das ist richtig geil. Das ist... Oh, krass. Kannst du noch steuern? Ich glaube es nicht. Mach, probier mal. Ja, Ah, jetzt ist okay. Das ist CS-Gamer sagen, bevor sie ihn echt durchdrehen. Okay, gut. Ah, es gibt eine Gratis-Version vom Spiel, ja, die heisst Prototype. Ja. Ah, das habe ich mal noch gelesen, glaube ich, irgend so etwas. Wieso redet mein Hey, was Controller ist das mit mir? Mein Controller. Ein Controller? Hey Siri! Ah, der Siri. Ah, jetzt bin ich endlich mal der Rambo. Siri, nein, passt nicht. Ja, gut. Oh, wow, okay, das ist. Ja, ihr macht das. Wir müssen etwas im Brühe frieren, oder? Ich habe etwas abgeschossen. Schießt da Dynamit, MacGyver. Ja, wow, ich sehe, wie seine Einzelteile so... Helikopter! Gut, Harry Potter ist der Helikopter, oder? Was? Ja, so, komm, wir machen das Level. Ja, das passt. Gibt's noch ein Level? Ja. Was macht er? Wer? Er schreibt da Roman mit Chat. Der Jay. Was schreibt der für einen Roman? Ah, Website. Aha, Sind wir da? Okay, wir sind da. ich glaube 2. Hast du gesehen? Ja, ja. Oder haben wir das 2 schon? Nein. Nein. Was sagt er? Der Jay? Keine Ahnung. Wir müssen es nachher mal nachlesen. Ja, das ist schwierig, das so zu lesen. Liebe Chat, wir werden uns nachher wieder um euch kümmern. Wir sind ja auch wieder wir sind jetzt einfach am Game, wir haben einfach gar keine Lust zum... Wir sind im Fernsehen live. Oh, warte, hier ist noch gefangen. Wir sind immer Ja, gamen. Fernsehen. Weg. Oh, yeah, jetzt bin ich der Play, was habe ich?
Oder Rüti? Du bist der Blade. Wow, cool. Hey, Blade. Blade. Sorry, der Braid bin ich. Ah, ich habe verstanden, der Blade. Hätte ich mehr Freude gehabt. Blade kommt nämlich... Oh. Black. Das ist doch nicht der Will Smith. Oh. Sicher, das ist Bro in Black. Wow, der ist... Schau, Also, die zirpende Grille. Wie muskulös. Ja. Bin ich tot. Ne? Gut, dann... Ja, warte, ich versuche gerade wieder ein Dings zu finden. Grenze richtig. Wow. Grill ist noch gut, aber Ja, altfällig, schau mal. Da unten etwas. ja. Ja, so muss es sein. Ah ja. Du musst aber angreifen, das kann Was habe ich echt die Spezialwaffe? Du hast die Blitzdings. Soll ich mal Blitzdings sagen? Ja. Ah ja, da. Du hast gerade dich bei... Ah, nein. Oh, jetzt haben wir wieder das Leben. Einer kann wieder mitmachen. Juhu. Ah, jetzt bin ich der Rambo. Ja. Geil mit so einem Messer da. Hoppala. Ich sehe es gar nicht. Das ist einfach der ganze Level-Spray. Ah nein, ich bin tot. Oh! Was? Oh! Ja, du bist... Jetzt noch säckeln. Tschüss. Haben wir es geschafft. Markus! Oh, das hat er schon. Nein, Markus! Einfach drauf. Und Gasflasche geht. Ich habe sehr viel von diesen 90 Filmen gesehen. Das passiert immer so. Alter, Ja, genau. ich kann mir da ewig süßen. Du stehst hier noch bis Mitternacht. Wirklich. Okay, ja. In der Zeit würden wir, glaube ich, mal Werbung einschalten. Jetzt Das ist nach der Werbung wieder. Das ist halt mein der Teil. Abend durch ist. Das richtig, das macht Freude. Sie blühen so schön. Oh mein Gott. Oh, warte, ich bin jung, ich gehe mal jetzt. So. Ja, dann halt. Ist das nicht das, wo oh, der Heli? Ich habe Kopfsalat gemacht. Oh, jetzt! Jo! Hallo! Der ist wieder da. Habe ich gehabt? Ah, Oh, oh, Granaten, oh. glaube Oh, jedes Mal, wenn du so ein Moi findest, wird wieder ein anderer Charakter. Ui, schau mal. Ui, wie danke. Oh, oh, oh. Danke! Nein! Nein, danke. Ah, danke. Schlägt der LKW ab da. Meine Großeltern haben da gewohnt. Okay. Schnetzeln. Yeah! Das ist kein schöner Ort. Sie ist schon tot. Aber ich glaube, vorher hat Ja. Yes! sehr lange nach dem Krieg noch scheiße ausgesehen. Ich habe vorher keinen schönen Platz. Das ist schön gesagt. So, noch eine Runde machen wir, hä? Nein, So, noch eine nachher. Ja, du bist der Moderator, du Ja, sagst ja, es. noch eine Runde geht. Eine geht noch. Orator. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf den Chat, was sie geschrieben haben. Wenn wir mal schauen, was wir durchscrollen, haben. Ja, ey, echt, ja, wir müssen rechts zurückgehen. Jay hat irgendetwas geschrieben. Ah shit, immer wenn ich... Aber das ist gar nicht, das Game ist gar nicht akkurat. Was akkurat, wie meinst du das? Ich bin gar nicht akkurat. Nein. Ich kann nicht auf dich schießen. Hey, toll, ich kann einfach nur so eine komische Bombe. Ich bin der Bomberman oder so, keine Ahnung, ich kann nur Bumm machen. Ah, ich kann mit dem Flammenwerfer auch durch das Land hier bohren, oder? Bombe, ja? Aber ich will Obst. Oh. Nein! Nehmen wir hier Aber ab? wer macht denn so ein riesiges Loch da? Ja, ich. Ja, da kriegst du doch nicht tot. Ja. Aber das ist lustig. Ah, ich bin da. Ah. Ich habe voll auf den falschen geschaut. Scrollbild. Oh nein, oh Gott. Oh, Ja, ja, wo bin Ja, ich? da unten noch. Der MacGyver, komm mal da. ich habe nur die Bombe geschossen. Dann musst du hier Ich Obst. bin der Braid. Genau. So, richtig. Nein. Oh nein. Oh. Hey, von wegen Indie-Games. Wie gut ist das neue Star Wars wirklich? Es geht Nein. jetzt hier gar nicht um Star Wars. Warum?
Du darfst es nicht wissen. Nein. Du hast ja nicht wissen, wie das spielt. Du siehst, dass der nächste Wochenende. Ja, dann halt. Hey, wenn wir spielen, bist du dabei? Spontane Plan. Hey, die Death Stranding in der Playstation. Es ist wirklich gut. Hey, jetzt warte. Das fragen sich sicher alle, warum sie es nicht streamen. Eva, Ich kann wieder. nein, weißt du, wenn wir das voll in Ordnung nehmen und wir das nächsten Sonntag streamen. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, So, das Spielen genieße mal ich wieder gerne. rüber an. Nein, das ist wirklich so. Also das muss ich wirklich sagen. Warte, soll ich mal schon übergehen, damit wenigstens jemand da Ja, ist? komm, Kann man rüber, schnell überblenden. So, hallo, wir sind schon wieder da. Gut. Die Überblendung geht jetzt nicht passt, weil du hast uns gesehen, auf beiden Seiten über den Säcken. Und du denkst, du musst dich wieder hier Denkst du verschieben. eigentlich Du hast wieder- wie Bauch gesehen. Also. Aha, gut, der Chat sagt es wieder in Richtung an, oder? Kein Bodyshaming. Sei wie du bist. Schon die Wege im... ja. Jawohl. Herrgi. Ja. Broforce, wie habt ihr es gefunden? Ist lustig. Ja, ich kann es gar nicht Kann man sagen. sagen. Okay. Überlaufen Hast und du das es noch nie ist gespielt, ja? Es wäre so geil, wenn jetzt wirklich Werbung kommt oder nach der Werbung immer noch dort steht. Sollten wir wirklich schalten, gell? Wenn wir schnell schauen, was der Chat so gemeint Ja. hat. Jade irgendetwas... Ah, das hat er schon... Hör nicht mal. Ja klar, für den Lass mal, was er Okay, Harrybot, alle Commands, ja, du mich auch. Kuroray, es wäre so geil, wenn jetzt wirklich Werbung kommt. Okay, gut, dann haben wir den Chat da schon wieder durch. Das ist schön, ja. Merci Sehr vielmals. Aber es ist immer Gut. gäbig, wenn man Mods im Aha. Chat hat, weil für so Sachen kann man da Wo das wäre, ist schon super, gell? das ist ja. für die Auskunft vor. Der Jay hat für das sagt Website genug Info. Das heisst, wenn wir wieder aufscrollen, würden wir mehr darüber wissen. Aber ich mag jetzt nicht dafür laufen. Nein, ich Aufscrollen. mag's auch Aber nicht, Chat, ich gell? hoffe, ihr habt Ja. es gelesen. Ja, du kannst noch auf meinem Nattel schauen, ja. Ja, nein, ist gut. Ja. Merci. Ah, der Harry Potter. So. Mann. Wer ist das? Der Harry Potter. Ein Kollege von dir? Nein, das ist ein Kollege von Jay. Der Harry Potter. Ein herriger Bot. Das ist der Bot von Jay. Ich weiss, ich kann es nur lustig überspielen. Aber hey, ist immer gut, wenn einem die Witz erklärt, so einer brauchst du etwas nach dir. Ja, Gut, kommen wir rüber zum nächsten Thema. Ja, Kommen wir zu dir, Andi. genau. Was hast du für uns vorbereitet? was wollte ich bei ihm daheim? Ja. Was meinst du? Was? Was willst du? Was ich vorbereitet ich habe Top 10 von dem Spiel. Weil ich habe gehört, auf Twitch gibt es jetzt keinen anderen mehr, der Top 10 macht. So. Jetzt müssen wir doch studieren. Aha, ja, Wow. das hat das einer, ja, jetzt mal einer Das habe ich, ja, voll. Ich habe nur gesehen, dass das Projekt beendet und fertig. Aber um das Ja. geht es jetzt nicht. Gut. Ich hoffe, es Ja. geht gut. Top 10, Hindi. Ja, voll. Ja. Top 10. Meinst du, hast du einen Top 10 für dich gemacht, der bei dir stimmt, oder wo du gesagt hast, das wird so für alle etwas dabei sein? Messi, ich habe den Vater voll verloren. Richtig, nein, Ja. ich habe einfach... Dafür bin ich da. Ich habe einfach 10 Spiele genommen, also eigentlich habe ich 5 Spiele gehabt. Ich gesagt, hey, das sind 5 tolle Spiele, die nehme ich in meine Top 5 rein. Dann hast du ein WhatsApp geschrieben, gell, Andy, du machst schon Top 10. Und ich, oh ja, Top Das hast du 10. nichts gesagt. YouTube. Hat er noch mehr Anteil Ich brauche nochmal 5 Ja. Hinweise. Hättest du doch nur 5 gemacht? Nein, ich habe 10 gemacht. Okay, hast du 10 gemacht? Ja, weil der Ja. Jay ist ja nicht gekommen. Ja. Das ist der Vater. Ist. Nein, mir ist... Oh, ich habe genau gewusst, dass genau das kommt. Ja, eben ist nicht... Also In egal. dem Moment, wo er gesagt hat, der Jay ist nicht gekommen, habe ich gewusst, okay. Gut. Aber er gewusst, dass das kommt. Meta. Jawohl! Road Force! Ich schlafe das gar nicht. Aber um was geht die Auswahl, die du erstellt hast? Eher aus deinem Empfinden Ja. oder Ja. eher aus deinem? Aus meinem Empfinden. Der Rest ist mir eigentlich sehr egal. Können wir das nachvollziehen? Meinst du, ist da etwas dabei, das ist überrascht? Oder, Nein, ich glaube, es ist völlig klar. Legitim. Ja, legitim wahrscheinlich Ja. auch. Ja. Nein, es ist Ja. glaube nicht wirklich, ich habe noch überlegt, als ich die Frage gesehen habe, dass du mir die Frage stellen würdest, ist irgendeine Überraschung dabei. Und ich durchgeschaut und denke, auf jeden Fall nicht. Weil es sind eigentlich alles Games, wo man, und das finde ich auch spannend daran, alles Games, die man mittlerweile kennt, die durchs Team eine gewisse Reach bekommen haben, aber halt trotzdem Indies sind. Und das habe ich recht spannend gefunden. Eins davon habe ich das Ende mit dem Jay zusammen noch angeschaut. Da gibt es dann in meinem zweiten Video, wo ich dabei habe, noch einen Ausschnitt davon. Ich habe sehr gerne Ausschnitte. Und ja, ja, für euch nicht. das ist Markus! Markus! zu flach. Du Verdammt. bist mit den Stecken, du. Boah, ich bin hure müde. Okay. Also, anyways, ich habe gut. das Top 10 Video parat. Jawohl. Und ich würde nachher gerne
mit euch, ich würde gerne von euch wissen, welche Top 10 Spiele von ihr gesehen habt. Was davon euch... Willst du heute telefonieren, oder was? Jetzt will ich ausprobieren, wie das aussieht. Langsam jetzt. Wir schauen jetzt sein Top 10 Video an. Und dann Danach gehen wir mal jedes Spiel durch, zum Schauen und diskutieren wir es von jedem mal so selber sagen, was ist deine persönliche Top 10, was habt ihr da ein bisschen anders gemacht. Und auch interessant sicher für den Chat zum schreiben, was sind eure Lieblings-Indie-Spiele und die wir darüber diskutieren, oder? Ja. Und dann würde ich sagen, was macht ihr jetzt so doof? Ich glaube, jetzt ein bisschen IT-checkt. Checkt erst jetzt ab. Was hättest du anders gemacht? Ja, die Tonspur richtig gesetzt. Oh wow. Es ist übrigens in dieser Sendung, einfach für die Fernsehzuschauer, dass sie das auch noch mal wissen. Sie ist schon geplant. Das ist live. Größtenteils. Aber es ist live und es ist recht free. Also wir sind da nicht grossartig gebunden, wie wir reden. Einfach nur, dass wir noch gesagt haben. Wir sind nicht bekannt dafür, dass wir ein Blatt vor das Maul nehmen. Oder? Also wir probieren es schon zusammen zu reissen. Also er braucht manchmal einen Holzbalken vor das Maul, aber es ist, macht nichts. Ist das Brett vom Kopf? Nein, es ist halt, durch das wir im Fernsehen sind, mit so fancy Mikrofon sieht es aus, als wären wir kompetent. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, weit verbreitet mit so vielen Leuten. Das noch nicht. Ja, wie der Goldtopf am Ende vom Regen. Aber ich würde sagen, wir schauen das nächste Video. Nächstes Video ab. Ja. Wir haben gar nicht so viel Material, da muss ich schnell ein bisschen Seichlabern. Ja. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that
Employee 427 did every day. Room 427. Stanley worked for Stanley went around. Stanley stepped into the Stanley just sat around. Stanley walked upstairs. Stanley was in such a rush. Stanley is quite a boy. Stanley for the first Stanley realized Stanley had never seen Stanley knew the office. Stanley can't Stanley just Stanley was still Stanley was making Stanley. Oh, come now. You don't want it to end already, do you? Why don't we begin again? Wait, how did you do that? What's in this cave down here? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. You're in it, aren't you? It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry!
Seriously, it's completely fine in here. Damn it. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I'll see what I can do. You think you'll take to it? Being out here? The isolation gets to people. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. What makes me so special? 2 young women have been reported missing. You're probably the last person to have seen them. Hey, you kids! Somebody cut the comms. What? I'm out here and the wire is cut clean through. Wait, you're already there? You're not in your tower? No, I'm not. Then who is? The first thing I should tell you is that I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. After my brother Milton disappeared, Mom sealed them up. Each bedroom has a story, and some of them seem a little hard to believe. I don't believe in ghosts, but something always felt wrong about the house. Coming back, I finally know what it is. There's just too much of it. But if you know anything about the Finch family, you know the stories have at least one thing in common. Someone always dies at the end.
You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Her world changed that day when the Northman took him from her. Senua knows that there is no going back to how things were. That there is nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't around. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel it. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Dillion? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Hammer, hä? Hammer, ja. Du hast Unglaublich. wirklich ein paar super schöne Schatze in uns gesucht. Merci. Das Spiel, ja. Merci Ja. und bei den Games auch. Ja. Nein, ich bin voll einverstanden mit dir, mit Tales, mit Spielen. Wo uns gesagt hast, du hast gesagt, du hast nicht die nach Platz 1 bis Platz 10, das ist einfach eine unabhängige Wahl. Du hättest schön nummeriert eigentlich. Ich habe sie Ja. bewusst nicht nummeriert. Ja. Ich muss aber sagen, der letzte Titel, den habe ich bewusst als letzte gemacht, der Hellblade. Und zwar, weil der erstens schon grafisch auf einer ganz anderen Liga spielt Ja. und auch die Entwicklerin als Independent AAA-Titel bezeichnet. Das heisst, in der Größe von einem AAA-Titel, aber sie haben sich ums Verrecken nicht reinschnurren. Ja. Finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Das ist vielleicht etwas, was man eben auch anschauen kann. Hast du schon Hellblade gespielt, Rafa? Sorry, ich war ein bisschen distracted von Harry Potter, der da irgendwie mit dem Wettbüro an Sachen. Okay, Aber gut, ja. Hellblade habe ich nicht gespielt, ich habe es beim Jay... Nein, ist nicht wahr. Der Jay Jay hat muss das, jetzt leider, das muss Stream, leider ja. enttäuschen. Ja. Ich habe es beim Gronk geschaut als Let's Play. Ja. Das ist dann, also es gibt so... Ich glaube, der Jay gibt- verzeiht das zum Gronk. Ja, das ist so. Es gibt Leute, die können das Spiel so Let's Playen, dass du wie du es selber gespielt hättest, davor kommst. Das war wirklich extrem gut gewesen. Und es war wirklich extrem cool gewesen, das Spiel mit dem Gronk zusammen Das ist zu etwas, schauen. Und ein Jay habe ich Spiel, auch ja. angeschaut. Ja. Es ist wirklich ein super Spiel. Ja. Ich habe es nie selber gespielt. Ich Welches? muss es auch nicht mehr spielen. Senua's. Das ist etwas, ich weiß auch nie, warum ich das nie gespielt habe. Ja, Ich würde das es hat mir gerne richtig mal gelustet. spielen, aber warum ich das bis heute noch nie gespielt habe, das hat mir richtig frage ich mich. gelustet, Das ist- aber, ja. Ja. Dann habe ich gedacht, nein, muss gar nicht. Ich habe die Erfahrungen gemacht und es ist okay, weil ja, ich weiss, wie es funktioniert. Das ist Geht kurz, um was geht es in diesem Spiel, Hellblade? Es ist eine Kombination aus keltischer Geschichte Ja. und psychischen Psychosen eigentlich in dem Sinn, würde ich mal sagen. Spannend ist halt wirklich, wenn es mit den Headphones spielt. Ich habe es nicht durchgespielt, Ja. aber ich bin Jay ein paar Mal dabei gewesen im Zocken und habe auch die Headphones dann mal angehört. Ich bin da ganz nervös. Musst du mal anziehen? Du hast die Headphones an, dann ist wirklich gehörst. Ja, Was ist das so, wenn du Headsets hast mit dem Spiel, was du gegenüber du anderen hörst- Spielen nicht hast? Du hörst wirklich das Geflüster von den Stimmen, die sie hört. Oder? Ja. Und es vermischt sich auch sehr gut mit der Geschichte der Ja. Kelten, wo eigentlich... Es hat einen Namen gegeben für Macht die, das die nicht vom Flemplem, Krieg... das Geschwister? Geflüster. Ja gut, Ja, das ist... ja, Geschwister machen schon Plemplem, aber Geflüster meine ich. Doch, Hallo, voll, Schwester. voll. Also Ja. es psychisch schon recht drin, muss ich sagen. Ja. Das sollte man wirklich noch nüchtern spielen. Nein, es ist schon sehr krass, aber es ist auch, die Immersion ist dementsprechend spannend. Es ist
Es ist wirklich krass, weil die Story eine klassische Heldenreise eigentlich ein bisschen darstellt, aber ja, ich darf nicht ins Spiel, ich möchte nicht zu viel erzählen. Ich nicht zu viel drüber. Genau, Nein, ja. richtig. Aber ganz es ist wirklich wert. Es ist sehr krass, wie gesagt, grafisch und auch von der Story, von der Größe her, für das es ein Indie-Titel ist. Grafisch denkst du, what? Das, Ja. ist das kann doch fast kein Indie-Spiel sein. Das sieht aus wie ein AAA-Spiel. Genau. Also Genau. vom Budget her, Grafik, wow, oder? Ja, total. Darf ich schnell etwas sagen? Es ist, glaube ich, im Chat nicht ganz klar. Also ich glaube, das, was der Harry Potter da erzählt, ist, glaube ich, nicht richtig. Was erzählt er? Genau. Der Jay sagt jetzt gerade, also ihr könnt da in dem Sinne nichts gewinnen. Der Harry Potter hat noch ein Gewinnspiel drin von einem anderen Stream. Aha, warum? Lieber Harry Wieso Potter, das bitte hör auf mit dem. Ich würde sagen, Das Gewinnspiel, Schalt den Boden weg. aktuell ist das Erklär's, da. ja. Gut. Das da. Um das geht es da. Der Andi kann man gewinnen. Sehr schön. Der Andi, genau. ja, Also, wir haben das Geschenk. es geht darum, wird ja am Ende von der Sendung stellen wir 3 Fragen. Ja, zu am Ende jedem, von der Sendung. Am Ende von der Sendung, ja. Was? Am Ende von der Sendung. Am Ende von der Am Ende Sendung. von der Am Ende von der Sendung haben wir 3 Fragen, die wir jetzt einander gestellt haben. Zu jeder Frage gibt es eine richtige Antwort, ist ja klar. Ja. Und zu jeder Frage gibt es halt ein Spiel zu gewinnen. Die aufgepasst haben, gewinnen etwas. Der Erste, der es drin schreibt, die richtige Antwort, kannst du das Spiel aussuchen, je nachdem. Und nachher dann halt nicht. Ja. Also schon, weil es ja 2 sind. Smart. Gut. Ein weiteres interessantes Spiel, das drauf geht, ist Firewatch. Ja, Firewatch habe ich spannend gefunden aus dem Aspekt, dass es eigentlich so die Einsamkeit. Ich habe es euch gespielt. Aber Wie sagst du das? Ja. hast du es euch gespielt? Firewatch. Nein, ob im Grog Ja. geschaut. Was machst du Ja, hier? wenn ich aber nicht dazu komme, ein Spiel zu spielen, schaue ich nicht Hop im Gronk. Es ist so, ja. Ja, Absolut. du hast es mit Gronk gesehen. Hat der Gronk gesagt Ja. von uns? Oder ist das so eine einseitige Liebesgeschichte? Ich will ja nicht zu viel über das Ende von Firewatch reden. Der Schluss ist ja so etwas, das müsst ihr davon selber interpretieren, oder? Weil der Schluss ist schon richtig. Ja, was geht? Oder? Ja. Das ist das, was ich spannend finde. Aber das ist wieder etwas, was bei den Indie-Games noch gesehen ist. Das ist das, ja, es ist spannend, es ist interpretativ. Sehr, sehr cool. Auch das Spiel mit der Einsamkeit und der Kontakt, den du hast, ist halt wirklich effektiv über das Funkgerät. Und weiss nicht, eben in der einen Szene so. Du hast ja im ganzen Spiel keinen Kontakt mit irgendeinem Menschen, sondern einfach nur über das Funkgerät wo du, ja. Walkie-Talkie. Ja. Kurz gesagt zum Spiel, du bist einer, der bei dem Firewatch erklärt, auf dem Wachturm, am Yellowstone Genau. Gebiet da bist. Machtturm am Wochenende gehst du am Ja. Türen läuten und So einen Schrift verteilen. Sommerjob, oder? Ja. Ja, genau. Merci, Spuk, Ja. für den Host. Ja. Danke. Merci, Spuk. Ja, und das ist es. Du bist einfach in der Einsamkeit, auf dem Wachturm. Und Firewatch, wie gesagt, aber das kein Brand ausbricht. Und darum dreht ja die ganze Geschichte einfach in der Einsamkeit drin, wie du sagst. Aber Genau. es ist nur das Funkgerät, das dir die Leute dient. Ja. Genau. Ja. Einsamkeit ist so irgendetwas, was ich jetzt gerade merke, verfolgt mich ein bisschen in diesen Games, weil auch bei Journey. Ja. Journey finde ich erstens... Journey, ja. Ja. Journey, das ist zu dem Spiel eine ganz spezielle Beziehung, weil das habe ich bekommen, als ich in einer speziellen Phase von meinem Leben war. Und das hat mir dann sehr, sehr geholfen. Weil du spielst eine Figur, wo... Ich habe es auch gespielt, ja. Eigentlich bist du machst eine Reise. Und es ist ganz klar, du siehst immer, wo du hin musst, weil es ist weiter weg ist ein grosser Berg. Und du läufst immer auf den Berg zu. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Also du gewünschst nichts, du holst nichts, Weißt du, was aber interessant ist an diesem Spiel? dass du kannst einen anderen Mitspieler treffen, Ja. aber es gibt nur Ja. eine Art, Selbst. um mit ihm zu kommunizieren. Du kannst nicht mit ihm reden, nicht hetzen, sondern nur eine Taste gibt so eine So ein Ruf, ich glaube, so ein etwas, Bling, Bling. Genau, Ja, so so ein, ja. genau. Ja. Und das Schöne daran ist, dass du eigentlich die Reise von da ist ganz schön durch die Sandwüste durch und dann wird es immer beschwerlicher, je näher Richtung Berg kommst. Ja. Dann wird es ja windig und stürmisch und dann kommt der Schnee und du kannst dir gegenseitig helfen. Das heisst, der andere Spieler, der irgendwo auf dieser Welt kann sein und du, ihr helft euch gegenseitig gegen den Sturm anzukommen. Und am Schluss passiert etwas ganz Schönes, aber auch dort möchte ich nicht weiterreden. Und es ist so, dass du siehst den Spieler nie mehr. Du hast keine Ahnung, wer Ja. mit dir spielt. Weißt du nie, wer es ist gesehen? Ja. Aber es ja. baut sich so eine
Wird Es er am baut Schluss sich wird er nicht noch- verraten, welcher Spieler das ist? Zeigt es er da nicht der PlayStation Das Tag? ist Ich weiss es gar nicht Ich mehr. glaube es Aber, nicht. Oder vielleicht ist das repatched Ja. worden irgendwann. Ist das so bei mir kommt das Feeling auf, wenn du einem Hänger nachfährst für eine halbe Stunde oder wieso? Ja, nein, weißt du, ich meine... Leicht aber genau das nicht. Das ist lustig, weil du entwickelst mit dem Ja, eine anderen eine Beziehung. andere Sprache. Eine andere Sprache. Einmal heisst ja, zweimal heisst nein und dreimal heisst so, Ja, keine Ahnung. aber weil, das kommt mir aber so Nur vor. durch Du das kommst auf die Spiel. Autobahn Ja, und ja. das ist einer vor dir und der Ja. ist cool. Und der hilft dir, den Raser abzudrängen und so. Weißt du, was ich meine? Hast du das noch nie gehabt? Nein. Oder fährst du ihm hinten nachher und der schaut auf Abstand und du bist richtig dick. Aha, gelegen. das ist so, Weißt du, ja, was ich so meine? fast wie so eine Konvoi Weißt du, zusammen dann machen. bist du fast tust, voll traurig, wenn er einen abfährt vorher. Was ist mit euch kaputt? Das sind die Leute auf Ja, der ich Autobahn. weiss genau, was du weiss sagen. es Ja, nicht. ich weiss genau, was du Nein, sagen. soll ich- Aber soll ja, wenn ich- du länger unterwegs bist, mal, Ja. hast du so einen Bro. Ja, so eine Bro, Oder ja, so eine völlig Bro, anständig ja. gegenüber dir irgendwie ist. Ja, der lässt er immer vor. Weißt du, die meisten Hupen machen genau. die und der, ja. Ja. Du gehst gleichzeitig mit dem raus und wieder zurück auf die Genau, Spur. ja, richtig. Du überholst ja. die gleichen Leute. Ja. Ja, Du voll. Ich weiss lässt genau, die was er gleichen nicht denkt, überholen. What Remains of Edith Das wäre Finch? mal eine Idee für ein Game ist zu mit- machen. Ja, das wäre verdammt lustig. Das heisst Journey einfach mit Autos. What Remains of Edith Finch. Richtig. Hey, mein absolut Highlight-Spiel überhaupt seitdem, was es Indie-Spiel gibt. Mich hat noch nie ein Game so dermaßen geistig und mental, kann ich schon sagen, gevögelt. Nein, es ist... das, ich habe es Jay schon gesehen, Jay, was im Chat geschrieben hast, das hat mich... Ich bin nicht noch am Wasser gebüht, aber das Game, das hat mich zu Tränen kaputt gemacht. Also, das ist dermaßen, Bros. wie das Spiel umgeht mit Verlust, mit Selbstmord, mit Unfall und alles und wie es erzählt wird und wie es überkommt. Es ist richtig eine emotionale Achterbahn. Ja. Und ein kleines Trivia dazu. Der Soundtrack, der ja in meinen Augen mega genial Mega, ist. Ja. Super. Ja. Der Soundtrack von dem Game ist von dem Typ, der den Soundtrack zu Fargo gemacht hat. Fargo. Fargo auch. Ja. Nolan. Ist es Nolan gewesen? Was? Fargo? Ja. Nein. Also sind sie zwei Affleck. Brüder gewesen? Nein, was? Affleck ist doch der Schauspieler. Ja, aber das der muss ich hat jetzt doch kurz wissen. produziert. Warte jetzt mal. Das ist doch der Produzent Fargo. mindestens. Bei Fargo. Er recherchiert. Irgendetwas Ich muss es jetzt wissen. Ja. Gut. Auf jeden Fall, das ganze Game spielt eigentlich wie so ein Tim Burton-Film, kommt es dir eigentlich vor. Und so wie es erzählt wird, die einzelnen Schicksale von einem Menschen. Es sind Coen-Brüder. Was Ja. Coen-Brüder? Ja. ja. Sind, wie es dir erzählt wird, du denkst so, weißt du, so teils bis um Sachen, das ist lustig und das ist schön, bis auf einmal merkst, oh, was geht ab eigentlich? Du merkst so, es ist gar nicht eigentlich so lustig und schön, wie es selten sind. Der fällt auf einmal auf. Ja, weißt du, so aber wie es eben mit deinem Hirn spielt, das Spiel. Und ich finde, jeder, der etwas von Indie-Spielen halten tut, muss unbedingt mal das Spiel gespielt werden. Ja. Ich denke, das Ja. sind so Ja. die Walking-Simulatoren. Also, Ja. die eine Seite ist, von den Games, die ich ausgesucht habe, sind die wirklich schön aufgebauten, storylastigen oder halt emotional geladenen Spiele. Die anderen sind die Try-and-Error-Games. Ja. Die Super Meat Boy, wo du zigmal in sehr kurzer Zeit oder Ich hasse es. Katana Zero. Ich hasse es. Aber über Super Meat Boy Katana Zero gebrungen. Meat Boy geht Sante. Ja, sorry. Super Meat Boy, Alter. Das ist als wenn ich keinen Bart mehr habe, das ist Was brutal. für ein- Als Katana Zero kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nein. Aber das ich habe sehr mal bei schön. dir habe ich mal zugeschaut. Hast du mal zugeschaut? Ja, bei dir habe ich zugeschaut. Bei welchem Rage Quit? Es ist wunderschön. Ja. 2, 3 pro Anlauf. Habe ich nicht so lange zugeschaut. Aber das Bei diesem Game hast du keine Anläufe, da kriegst du Ja. Einläufe. Im Fall. Ja. Das ist also, es ist sauschön. Es hat so es ist voll in der 80s-Welle drin. Weißt du, der ganze Ja. 80er Retro-Vibe jetzt völlig drin. Der Soundtrack finde ich sehr, sehr gut. Es hat vom Grafisch, es ist halt nicht Top-Down, aber es hat von der Grafik und vom Soundtrack her etwas von Hotline Miami. in diesem Video, ja. Ja, Ja. genau. Auch das wieder so ein, ich probiere es 10'000 Mal, stirbt 10'000 Ich Mal. habe gespielt. Ich habe gespielt, erst und zweiten Teil, beide Hey, durch. der zweite Teil Ja. finde ich noch asozialer Ja. als der erste.
Das ist richtig pervers. Ja, aber es ist dann der Moment, wo ich nicht wo ich sage, hey, das sind keine coolen Momente zum Sterben, das ist jetzt einfach so übertrieben. Es ist zwar Pixel-Grafik, aber die wird so detailliert dargestellt, dass du genauso siehst, so, Alter, wie der andere den Kopf auf den Boden oder wie man den Hals umdreht und nachher mit dem Geräusch. Es sind zwar auch nur die 8-Bit-Geräusche, aber es macht einfach so, das ist so, Scheiße. Wie macht's? Ja, also, das tut dir schon innerlich weh. Ja. Man beachtet die Zunge dabei. Aber das Beste hat der Soundtrack. Soundtrack, genial. Auch dort der Genial, 80er-Vibe. So. Finde ich super. Ich muss immer, wenn ich die zwei Games spiele, muss ich immer ein bisschen an Stranger Things denken. Ja, die Intro-Musik, gell? Super. Wie geht's? Ja, eben die Trial and Error Games. Katana Zero auch so eine sehr schöne Story. Zieht sich ein bisschen das. Ich glaube, die Trial and Error Games basieren hauptsächlich darauf, dass sie gar nicht so lang sind, aber so oft stirbst du das Gefühl, es ist ein langes Game. Ja. Limbo ja auch ein bisschen. Limbo ist dort nicht so sehr Trial and Error, sondern du siehst irgendetwas nicht, verreckst mal eines, dann lernst du es und das zweite Mal weißt du es. Richtig, ja. So. Der ist so, ja, der Uberspieler ist nicht so gut gesehen. So wie bei wie heißt es, Munch Odyssey oder mit dem Old World. Das ist sowieso ähnlich gesehen, wo du zuerst probieren musst und nachher bist du ein Mundfall drin getappt und dann so beim nächsten Mal, aha, das sollte ich vielleicht nicht mehr machen, gell? Was habe ich noch was so speziell? Cuphead auch so sehr nervös. Cuphead hat sich so an den alten Disney-Grafiken orientiert. Du bist so ein richtiger Masochist. Ja. Warner Brothers Disney-Grafik. Ja, Ja, das ist so die alten, gell? Ja. Also das Game habe ich eben noch nie gespielt, das muss ich unbedingt mal nachholen. Kuro, guter Typ. Ich weiß nicht, ob es eine schlaue Idee ist. Es täuschen, das sieht herzig aus nach Disney und alles, aber es ist sackschwer. Ja, so ist mit ihnen gespielt. Ich sage, ich bin nicht durch. Kann man zu zweit spielen, finde ich sehr cool. Es gibt noch zwei Sachen, die ich möchte speziell erwähnen möchte. Und zwar das eine ist Ori and the Blind Forest und jetzt Da ist der Jay unglücklich, ja. Ja, und wir werden nachher noch ganz kurz dazu kommen. Und jetzt kommt dann Ori und noch irgendetwas. Es kommt noch ein zweites Ori raus, auf jeden Fall. Es sind sehr schöne Games, auch dort visuell unglaublich cool. Genau umgestellt. So, ja. Nochmal, warte. Extra für die Spur. Aber der Schausbaum, wo ich einfach nicht weitergekommen bin, ja, warte jetzt mal, das wird noch gut. Ein Teil, den ich noch ganz schnell darüber reden möchte, ist Stanley's Parable. Habt ihr euch gerne gesspielt? Mach's, Wie heisst das Spiel? Stanley Parable. Stanley Parable. Stanley. Aha, Stanley. Hast du schon gespielt? Nicht Stanley, das ist Stanley. Stanley. Nicht Stanley. Nicht der Stanley. Nicht Stanley. der Spider-Man-Papi. Stanley Parable. Stanley's Parable. Ja. Ja, aber ohne S. Ja, ohne S. Einfach. Wieso schreibst du das S her? Ich kann es ohne S schreiben. Das ist doch ein S. Ja, man schreibt es mit S. Ja. Gut. Also, du hast es ohne S geschrieben, es ist falsch geschrieben, es ist mit S. Ist mit S? Ja, Ich weiß nicht, ob es mit oder ohne S ist. Okay, komm, zum Game. Nein, das ist wichtig. Das ist nicht das eine Frage. Das ist relativ nicht unwichtig. Stanley's, Ja. sondern Stanley's. Lass jetzt, das ist mir eigentlich sau egal. Eben, es geht darum, dass du eigentlich... Ja, genau. Ja. Du Ja, hörst okay. eine Stimme, die der Erzähler ist. Ja. Und im ersten Anlauf würdest du vielleicht das machen, was der Erzähler sagt. Oder wie man es so ein bisschen kennt. Du schaust, Trickfilme zum Beispiel. genau, richtig. Und der Erzähler sagt, hey, der Stanley läuft nach rechts. Und dann gehst du nach rechts und dann ist er zufrieden. Und dann laufst du einfach alles dem nach, was er sagt. Oder du machst halt eben nicht das, was der Erzähler sagt. Also du nimmst der Stanley nimmt die rechte Tür und du nimmst die linke Tür. Und dann ist der Erzähler kurz. Also er erzählt es so, da ist der Stanley. Er nimmt den Weg aus dem Büro und läuft durch die rechte Tür. Und jetzt mal läufst du durch die linke. Okay, dann läuft er halt durch die linke Tür, aber weiter geht's. Genau, ja, richtig. Ja. Und dann merkst du, wie er immer gereizter wird mit der Zeit. Je mehr dass du nicht machst, was er will, desto gereizter reagiert er. Hey, es gibt zig verschiedene Enden. Es gibt ein super schönes Ende, es gibt auch mega mühsame Enden. Und irgendwann bin ich an dem Punkt, ich bin ausgedickt, weil ich einfach... Wie viele Enden gibt es? Etwa 30? Hey, ich weiß es nicht, aber ich habe einen Haufen gesehen von diesen Enden und ich habe immer noch nicht alle gesehen. Okay. Ja, also sehr, sehr, sehr anstrengend irgendwann mal, ja. Würdest du es ans Herz legen? Oder Ich würde es wirklich, also Ja. wenn er mal, es ist ein cooles Spiel, es ist ein mutiges Spiel, es macht aus sehr wenig sehr viel. Ja. Und eben die ganzen verschiedenen Enden, also es ist wirklich sehr, sehr spannend, sich das mal zu geben, da mal ein bisschen reinzuschauen und ja, also ganz so wirklich mal, es ist etwas anderes, es traut sich wirklich ein bisschen etwas. Gut. Gut, ja.
Ich würde es schon lange reizen, Ja, das Spiel Frage. mal. Ja. Wieso ist Little Nightmares nicht auf deiner Liste? Hey, ganz ehrlich, das YouTube-Video ist scheiße. Es war dunkel. Nein, aber auch, eben, wie ihr sagt, Little Nightmare. Hättest du das von meinem Let's Play genommen, oder Löffel? Nein, lass, ich glaube sogar, ich kann ganz ehrlich irgendwann ich kann irgendwann das Ding müssen fertig bekommen. Ich finde noch, Little Nein. Nightmare ist sehr unterschätzt. Also, das ist sehr ein Das intelligentes ist und wirklich, sehr schönes Spiel. Ja, ich spiele wirklich nicht sehr viele Indie-Games. Oder immer nicht bewusst viele Indie-Games. Darum haben wir dich Das- heute eingeladen. Wow! Wie bei jedem Thema. ja, ja. Nice! ja. Nein. Next. Gut, ja. Ist wirklich absolut, von allem, was ich schon gespielt habe, absolut mein Lieblingsspiel. Also Welches? Sorry. Little Nightmares. Little Ah, ja, das ist Nightmares. gut. Nein, es ist wirklich gut. Das Es ist wirklich gut. Ja. Also es ist Ja. wirklich, Ich habe es auch es ist gespielt, wirklich, es ist hart, also es ist Ja. nicht irgendwie ein Finöckeli-Spiel für Kinder, um es Gottes Willen nicht. Das ist richtig gruselig. Wow, es ist richtig leid. Vor allem mit diesen Blutdegeln, mit genau. diesen Moden, die da... Einfach grundsätzlich auch die Story-Twists und all das Zeug, was da hier nicht zu viel verraten, für niemanden zu spoilern, weil es wirklich schade. Wirklich sehr, sehr, sehr krass gut gemacht und Ich möchte sehr ganz kurz- erschütternd. Auf den Chat hinweisen, sie sind auch alle sehr Oh, ja. erschüttert von dem Bart. Boom, die Überleitung. Gut, Echt, jetzt hast du es geschrieben? Ja, 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 gar nicht mehr gelesen. Ja, Okay, jetzt, das ist in 2 Wochen, siehst du nichts mehr davon. Das ist mal ja, das kein ist vor Bart 2 gemacht. Wochen. Gut, ich glaube, wir haben, Ja. Nein, wir also- haben alle Dinge durchgenommen. Soll ich Alle. das nochmal sagen jetzt? Ich wollte einen Schnutz machen, aber es ist leider Gottes weit geschnitten hier. Und dann hat es scheiße ausgesehen und nicht mehr wieder Magnum PI. Und dann habe ich gedacht, okay, den rasieren wir halt weg. Nichts mit November. Der Anders, wenn du Indie-Spiel kaufen tust, auf was schaust du? Was reizt sich am... Nein, jetzt mal nicht vom Preis. Geht auf den Preis auch zwar ein Grund sein, ja. Also, Ja, vorausgesetzt, ich kaufe deine Auswahl. Indie-Games. Ja. Kommt natürlich darauf an. Meistens kauft man Indie-Games auf PC mittlerweile, weil es ist ja... Seit der Nintendo Switch nicht mehr. Ja, klar, mit Switch nicht mehr. Wieso PC? Also, nein, Ist ja nicht Steam PC, einfach. ja. Ja, ist, Ja, das deine mit- Auswahl, mit sagen wir, Steam, die so, kaufst du egal, ja. egal, Okay. egal auf welchem Shop. Jetzt haben Ja. wir einen. Auf welcher Jetzt haben wir ihn, ja. Shop ist Kontrolle. Ja. Ich glaube, ich beurteile, ja, da kannst du gar nicht viel anders. Also ich gehe nicht, wenn ich ein Indie-Game kaufen will, kann ich nicht YouTube-Videos wälzen wie ein Mohren. Das mache ich bei AAA-Spielen. Das liegt aber daran, weil AAA viel teurer ist genau das Umgekehrte. Nein, weil das ist mir noch gleich, weil dann halt 20 Steine zahlt und das ist halt ja noch. Da hat der Entwickler etwas gehabt, obwohl ich das Game scheiße finde. Ja, noch, macht nichts, kann es geben. Bei einem AAA schießt es mir an, 70 Steine auszugeben und das Spiel ist scheiße, obwohl es gut müsste sein, weil es muss das AAA darf nur noch gut sein. Ja, was macht FIFA ohne dein Geld? Weil auf FIFA interessiert mich grundsätzlich nicht, weil es ist Fußball. Und Fußball ist. Sorry, nicht mein Ding. Gut, das ist auch Also, ist ein ich schaue Genre, Videos an, wo ja. du schaust. Wo du sagst, aber es gibt ja Indie-Spiele schon schwierig. mittlerweile auch Genres. Es muss, aber es muss einfach speziell sein. Ja. Es muss eben Little Nightmares oder Ori hat mir sehr gelustet, Limbo hat mir sehr gelustet, bin ich nie dazu gekommen, grundsätzlich. Aber so Sachen finde ich cool. So Konzept, genau, jetzt habe ich es. Konzept, wo das Konzept speziell ist. Sagen wir so fast wie so Was es schon gibt, aber wirklich- Jump'n'Run-Plattformer, wenn Ja, du so siehst, einfach so neu Side-Scroller. erfunden, Ja. oder? Genau. Okay, ja. Ja. Nicht unbedingt. Es kann irgendetwas sein, aber vom Konzept her muss es speziell sein. Ja, Plattformen einfach so. Growth Force ist auch speziell, Aber schön. allein nicht so cool. Ja, nein, allein ist nicht cool. Aber Was das muss- ist bei dir? Worauf tust du achten? Speziell. Was dich jetzt reizen tut, jetzt ein Indie-Spiel zu jetzt? Es muss irgendetwas haben, wo ich sonst nicht sehe, wo ich sonst nicht kriege. Wie jetzt bei Journey, wo mit sehr, sehr wenig eine sehr krasse Bindung zu dieser kleinen Welt bekommst. Ja. Oder irgendetwas wie Stanley, wo dir der Kopf. Weißt du? Das darf ja noch nicht so. Wo die gedanklich und so herausfordert. Ja, also. Nicht so schwierig, einfach darüber zu reden. Das ist so schwierig. Du hast noch 15 Minuten, dann kann ich erwirstern. Ja, okay. Irgendetwas, was mit meinem Intellekt Koitus betreibt. Oder? Das ist. Das ist irgendetwas, was es noch nicht gibt, irgendetwas, was mit deinem Hirn denkst, so ja, am Schluss des Games so, Alter, was habe ich jetzt hier gespielt? Oder, Mindfuck. ja, Ich glaube, Mindfuck ist es ein bisschen. Ja. Das habe ich gerne. das sagt doch Mindfuck. Kopfig. Ja, Okay, Kopfig. super. Ja, genau, das ist ja, das würde jetzt auch meine... Voll, das hätte ich auch nicht gerne. Etwas Game, wo du sonst noch nie gespielt hast, wo du denkst, aha, das gibt es so eigentlich nicht Ja, wirklich. es muss nie. Ja. Es kann auch komplett ohne ein Kampfsystem sein, komplett ohne. Ich meine, ey,
What Remains of Edith Finch ist komplett ohne Kampf, ist kein Horror. Das ist weiss nicht was. Gameplay-mässig eigentlich für nichts. Oder auch aber Everybody's Gone to alles the Rapture. andere. Ja. damals mal. Oh ja. Ja. Wo du einfach nur laufst und dann immer wieder in einem gewissen Moment kriegst du so ganz kurz Bruchteil von Geschichten mit, was in dieser Stadt passiert ist, wo du dir eigentlich ein bisschen selber musst zusammenreimen, okay, gut. Da geht es mehr um Geschichte und Atmosphäre, aber Genau, wo man sagt, und Atmosphäre das, ist etwas, wo was sehr, sehr sehr wichtig gut gemacht wurde. Das ist Mindfuck oder atmosphärisch. Es muss eine Atmosphäre haben, die dich reinzieht. Ja. So, wo Hellblade zum Beispiel auch, wo du komplett drin versinkst. Es gibt Dutzende, aber Firewatch halt zum Beispiel, genau. So. Das, ja. Ich meine, auch Super Meat Boy ist witzig, aber das kann ich eine halbe Stunde spielen und dann kriege ich Wutanfälle. Mein Computer ist zu teuer, dass ich so Wutanfälle bekomme. Ja. Weil ich wohne nicht im EG. Ja. Und da? Ich für mich, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich achte sehr jetzt so auf so atmosphärische Spiele, wie jetzt eben Edith Finch oder das Firewatch und so. Solche Sachen finde ich ganz interessant, weil es, ich sage mal so wir Leute lesen ein spannendes Buch, wir schauen einen spannenden Film, einen Thriller. Für mich ist das einfach, ich hole mir so ein Spiel, so einen Walking-Simulator, der einfach mehr geschichtsorientiert ist, ob es jetzt vorverzählt ist oder mehr wir selber lesen, wie ein Buch und so. Und ich finde ganz interessant, am Schluss die Wendungen und alles, wie gesagt, wie ein guter Film oder wie eine gute Serie, so eher in dieser Art. Weil so Sachen wie jetzt das Broforce, das wir spielen tun, und das oder nachher Broforce oder so. Aber mit mehreren so Teils, also solche Indie-Spiele macht euch für zwischendurch ganz viel Spaß. Aber jetzt echt so oder Indie-Spiele, die ganz neue Konzepte verfolgen. Man kann nichts jetzt etwas Interessantes sehen. Aber generell bei den AAA-Spielen habe ich das Gefühl, das findest du in den AAA-Games fast nicht. Das sagst, hey, das habe ich so noch nicht gesehen. Da findest du bei den Indie-Games eher... Ich überlege lang, das ist schon viel zu lang. Er überlegt lang, das ist bei ihm so, aber er ist Liebe. Nein. Mach noch mal weiter. Gut, zu diesem Thema kommen wir nachher noch, warum AAA das so macht und Indie macht es so. Für dich Indie-Spiele in 3 Adjektiv? Wie meinst du super schön gut. Wie ich sie... Ja, wie es findest. Was ich sie auswähle oder wie? Nein, wie du sie findest. Also, wie würdest du ein Indie-Spiel in 3 Adjektiv für dich sagen? Innovativ. Ja. Underrated. Ja. Also irgendetwas günstig. Ja, und zwar aus dem Grund, dass viele von diesen Games wahrscheinlich mit anderen finanziellen Möglichkeiten. Ja. 2 Aspekte. Entweder könntest du wirklich noch viel mehr reissen. Oder es ist eben gerade spannend, dass sie aus wenig etwas machen. Weil so die ganzen Konzepte, die einfachen Konzepte, die überhaupt entstehen. Wie kannst du mit kleinem Budget, wenig Personal, wahrscheinlich viel Crunch, wie kannst du aus dem das Coolste rausholen? Assets. Oder? Ja. Ja. Voilà. Ich glaube, ja, voll. Das sind so meine 3 Adjektive. Bei dir? Puh, Der, die, das. Ja, jetzt habe ich immer überlegen. Also, ich muss... Unspielbar. Unspielbar, weil es ist einfach so, es gibt einfach Indie-Games, du musst sagen, sorry, da kann ich auf die Toilette hocken und warten, bis Nacht ist. Herausforderung, geistig und auch nicht geistig, sondern körperlich. Ja, körperlich. Ja, Nein, herausfordernd ja. und ja, wirklich kunstvoll. Kunstvoll ist ein schöner Aspekt. Du hast ja auch schon gesagt, es ging da. Kunstvoll und kreativ und unspielbar. Das aber auch, finde ich einen guten Aspekt an Indie-Spielen. Ja, das ist so. Kunst. Hey, wieder Lust, eine Runde zu gamen? Nein, Ja. ich habe noch etwas Kleines. Ich habe noch... Whatever. Nein, Ja, dann mach. Komm, Nein, will. Wenn wir jetzt das... Jetzt hört doch zu, es macht Sinn. Ja, wir hören zu, ja. Andererseits... Was? Ich habe den gleichen Tisch hinter mir. Was? Was ist Fenster? Das, Also, wenn wir jetzt nehmen, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ich habe Ja. nochmal ein Video mitgebracht. Oh. Ja, Ja. genau. Um was geht's da? Indie-Spiel.
Ja, nein, ja, Nein, es geht um Indie, aber es Ja. geht darum, dass wir ja beim Geekstübli auf Twitch normalerweise auch ein bisschen spielen, oder? Ja, das ist schon vorgekommen, dass wir Videospiele Genau. spielen. Und wir haben auch ja. Indies schon gespielt, Was? habe ich gemerkt. Habe ich etwas verpasst? Sind das Videospiele? Ach so. Jetzt ist er bei der Adjektiv angekommen. Ja. Plop. Nein, das war ein Verb. Habt ihr von beider Grammatik gelernt? Also ich als Walliser, der mich nicht versteht. Also, also von Grammatik, ja. Im Wallis Ja. und du. Vorher, wenn Raclette, dran, wenn ja. sie das Adjektiv ist, sagt Pronomen und du sagst, Mensch, Adjektiv sei Verb. Also, wenn er redet, verstehe ich immer Raclette Weisse, Raclette Weisse von der Johannisberg Okay, Raclette. Käse im Brüfenbrem. So, gut. Ja. Ja, Wenn wir jetzt gut. eben, also, Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Momente, wo nicht ganz so gut gelaufen sind bei uns Indie-Spielen. Das speziell lustige Moment von Indie-Games und uns zusammengeschnitten Ja. ins Video. Das langt zum Abspielen, dass wir in dieser Zeit können, dort übergehen, ohne dass jeder sieht, dass eben mein der Ranz an der Kamera vorbeischaltet. Sehr gut. Das finde ich eine gute Idee, ja. Also, dann sollen wir das Video mal abspielen von dir. He? Was Nein, du lassen wir es doch einfach oder was? sein. Ja, Ja. nehmen wir es einfach. Nein, interessiert mich Regie, kriegen wir das coole Video. nicht. So ein Scheiß. Ich spüre irgendetwas irgendwie so. Das ist doch nicht Wo ist dieser hohe Teller? Ah, hier ist Teller. Ich nehme für diese ein bisschen schönen Teller. Nicht so langweilige runde Teller, so wie du magst. Frankreich, wir nehmen viereckige Teller. Hey, da gibt's... Oh! Oh, ist das dumm gewesen. Genau, etwas Neues gemacht, Semir. So Ja, sieht's aus genau und so so. soll es sein. So ist es, so sind wir, so muss es sein. Ziemlich viele sind mit bisschen Genie. Die richtigen Rhymes für die richtigen Beats. Nicht nur intelligent sind, auch witzige Freaks. Die haben wir schön zusammen gemacht. Ist das toll mit uns. Was ist mit der Schwurzplatz? Es ist immer schön, wenn wir zusammenkommen. Hätte ich nicht sollen sagen, während du mich grüßt, gell? Ja, es war ein bisschen weird gewesen. Okay. Okay, bitte klippet das nicht. Wegen, hast du das Problem damit? Wegen Homosexualität? Ich schaue gerade die Social Justice Warrior Academy an. Alter, ich weiß nicht, was ich labere. Ich bin da ein bisschen aggro, weißt du? Aggro. Good shape for a wreck. Sehr, sehr achtnäckiger Schmuck. So. Sehr, sehr hartnäckig. Sehr achtnäckig. Jetzt wir machen einfach. Du musst noch ein bisschen mit Öl füllen. Und dann muss ich stellen auf Betriebsmodus. So, voilà. Und jetzt kann das so. Bisschen, wichtig ist, ein bisschen weggehen. Sonst Oh, wow. Und in der Zeit, wo das dort desinfizieren kommt, wir machen es nicht. Jetzt ist es sauber. Fett gespritzt bis für. Leck mir am Toppen. Ja, oh. Aber Fritteuse geht noch, siehst du? Fritteuse läuft. Musst aufpassen. Fritteuse Das ist super. immer, guck das immer. Fritteuse läuft, ne? Ja. Fritteuse läuft. Aha, da sind wir schon dran. Ah, fertig. Ah, okay, ja, da wären wir hier. Wir spielen eine Runde Gang Beasts. Ich glaube, jeder kennt es ein bisschen. Ich glaube, eine andere Runde 2, 5 auf den Deckel. Gang Beasts. Super klassisches, Indie-klassisches. Oh, warte, ja, super indisch, Spiel. klassisch, genau. Oh, was hast du gesagt? Nein, wer stellt jetzt da ein? Ich mache glaube irgendetwas. Modus, nein, mach Gewinn, du hast nur bei einem. Der wartet jetzt. Oh. Komm mal einen Brief Modus. Was geht's da? Gang? Nein, Welle, nein. Nein, nicht fürs Nahkampf ist gut. Ja, gewinnt, kannst bei Runden. Ja, 4 Runden sind gut, oder? Ja, Level zufällig ist gut, Start. Yeah. Okay. Bin ich echt der Pinguin? Was kann man über das Game so erzählen? Wir haben so 24-Stunden-Stream gespielt. Ja, ich habe vergessen, wie die Steuerung geht.
Ja, das ist Einfach ein Kampfspiel, wenn ein anderer einfach hier auf den Deckel geht. Der erste, der letzte, der steht in der Arena, hat gewonnen. Es geht darum, einander hier von diversen Plattformen herunterzuschießen. Wie schon wieder? So, guck. Ja. Nein, Scheiße! Ich komme dich Ohren durch sich. Wer ist der? Nein! Wer ist der? Wer ist der Pirat? Bist du der Pirat? Ja, der Dings, der Ich Rick. habe es nicht mehr gewusst, aber wir werden noch etwas Und ich bin der Pinguin, hä? Das ist sehr gut. Oh, der Pinguin hat den Gotham. Sind wir nachher mit Gotham? Ja, ich bin schon lange durch. Ich bin in der letzten Staffel. Ich kann es irgendwie vergessen. Ich habe es nie mehr gefunden, es ist tatsächlich gekauft. Ah ja? Ich habe ja gesagt, hey, das geht nicht. So bin ich halt. Ich muss wieder schnallen, wie die Steuerung geht. Wie geht die? Warum begreife ich jetzt dich? Lass mich los! Niemals. Dumme. In der Schweiz dürfen wir ja... Was haltet ihr davon? Wie stehen ihr dazu, Filme und Serien zu streamen in der Schweiz? Das ist mir Ist das ganz ein ehrlich- No-Go? Nein, es ist kein No-Go, es ist erlaubt. Ja, ja, Ah, ist was klar, ist- aber was hast ist- du es gesehen? Nein, es ist mir scheißegal. Sorry, wenn eine Firma nicht... Oh, jetzt bin ich voll... Jetzt regt es mich gerade richtig auf. He? Was machst du? Es regt mich gerade richtig auf. Wenn eine Firma nicht fähig ist, eine Serie überall gleichzeitig rauszubekommen, zu erscheinen, Sorry. was machst du? Ich weiß auch nicht. Dann tut es mir leid. Dann streamen die einfach illegal. Nein, oder sprich, Ist legal. legal Also in der ich hab- Schweiz, ja. Also, In der Schweiz. So ist nicht, in der Schweiz schon. Was, Herrgei? Was habe ich gemacht? Das tut mir wirklich leid, aber das ist mir dann wirklich egal. aber sie sind nicht so doof, die machen das ja extra. Ja, aber sie sind dumm, wenn sie das machen. Sie vertrauen so viele Leute nicht vom Geld. Sie machen Oder sehr hat viel er Geld einen damit. unter damit Ja, Schlägen was im machen Brief sie tragen? denn viel Geld, wenn du jetzt entsprechend den Streamingdienst nicht abonnierst? Weil du musst gar nicht mehr abonnieren, weil die anderen Filme hast alle auf DVD, die dich interessieren. Und das interessiert dich nur die genau eine Serie. Ich glaube, Das so will ich meinen. DVDs haben gar nicht so viele Leute. Ja, aber gleich. Also, Auch ich, das ist wirklich das einzige DVD, das ich mir noch besorge. Das ist genau, wenn Star Wars... Weißt du, das ist miteinander. So. es geht viel zu lang. Man kann gut Gesichter ausblenden und die Diskussion weißt, so Ja. auf die da richten. Das wäre super. Nein, ich finde es nicht okay. Ich finde es absolut nicht okay. Das ist mir vor allem Lüftung. Holland. Was ist der Holland? Warum Holland? Das, ja, Holland. Ich finde Amsterdam cool. USA, Kanada und Holland. Um was geht es denn jetzt Ja, spezifisch? eben genau das, was du vorhin angesprochen hast. Wie findest du das, wenn das passiert? Ah, so. Ich komme. Das ist schön. Oh, wow, okay. Nein. Oh, nein. Nein, das ist... Doch, hier. Ey, wie Ich Hut. habe deinen Hut. Sau. Ich will noch retour. Warte, ich schieße noch am Brett. Ich schieße. Oh, haben es beide geschafft. Yes! Kopfnuss. Gang, stimmt. Oh nein. Oh nein. Hey, ich sehe Ja, warte mal. Ich sehe gar nicht. Nein, ich stehe da zum Zustand genau so, wie es ist. Wenn es nach Gesetz, Oh. Ich bin glaube ich im Propeller. nach Gesetz erlaubt ist, ist es erlaubt und fertig. Wer hat gewonnen? Ja, es ist ja, Warte, also ich streame warte, auch. blümlich. Aber was ist denn der Sinn davon, dass man das extra macht? Ein halbes Jahr später. Zu was? Also das ist doch völlig... Du kannst doch auch nicht einen Kinofilm ein halbes Jahr später rausbringen. Das macht doch niemand. Du redest jetzt spezifisch von Disney Plus? Ja, natürlich. Okay, gut. Nein, du bist doof. Ich Du bist mach- höher jetzt- doof. Ja. Nein. Wieso machst du das? Weil ich es kann. Ich weiß nicht, ich habe von der Guten. Ganz lachen, Bre. Doofe Fittler-Pirat. Der Kopfnuss. Also ich weiss, warum genau Disney Plus das erst an einem Fahrort steht. Es kann natürlich auch sein, dass sie zuerst schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ja, komm jetzt besser gut. Ja. Dir gehört 98% von der gesamten Kinos- und Serienwelt. Du willst darauf reagieren, wie die Leute, darauf schauen, wie die Leute reagieren. Ja. John McClane kommt nur auf Disney Plus, sorry. Was willst du jetzt da? Was willst du da schauen? Wie reagieren nehmen sie es an? Sind sie zufrieden mit der Umsetzung? Wie viel Prozent der Leute werden so Accounts fett, sharen etc.? Ja? Oh, Jesus Gott.
Aber du würdest sagen, sie machen das nicht so gut. Sie sind einfach blind. Du glaubst, sie sind einfach Nein, blind sagen, wir das starten glaube ich das mal global und dann kommt das schon gut. Ja, spielt es eine Rolle, ob es gut kommt oder nicht? Ja. Yes. Weiss nicht. Nein, mein Geld ist doch egal. Wir sind Disney. Ja. Wir haben eine Maus. Ja. Schau mal, wo Absolut. ich sehe, wo wir sind. Wir, Ja, wir, im wir Arsch. haben eine Maus und wir haben eine Maus und wir haben Nein, Hilfe. entsprechend Was ist das los? Okay. Wann geht das wieder auf da? Wir haben entsprechend, Jetzt. Ciao, ciao. wir haben entsprechend die ganze Filmwelt unter uns. Also weißt du, das soll da nicht gut kommen. Nein! Ja super, du hast einfach gar nichts Du gemacht. machst viel mehr Leute ja. verrückt. Du Nein! machst viel mehr Leute verrückt. wenn Jetzt das Aber erst jetzt vergessen das wieder. später. Jetzt vergessen das wieder. Jetzt Ja, wird der aber Indie das ist voll. so. Jetzt ist der Kura sagt, wir sind von so. Indie und Disney Aber- Plus und Dings gelandet. Du machst ja eigentlich genau das Gegenteil von dem. Weil wenn jetzt jemand wirklich nur, es gibt sicher ein paar, die nur aus dem Weh, ich bin der Beste. Weh! die jetzt gar nicht. Ja, Die gehen entsprechend Ich will einfach Seite Ich behaupte es mal. Hey, deine Höhe! Aber eben jetzt, Dollar-Konzern. Der aber es spielt so keine Rolle, wenn es schon hätte rausgebracht. Weißt du, was ich meine? Es ist ja so weit zuerst und am Ende spielt es gar keine Rolle. Disney... Und wir pflegen beide. Ich nehme jetzt das nicht raus, zu sagen, zu bewerten, weil... Also, zu sagen, zu Mal für eine Frechheit. Dass du für ein Produkt, das du jahrelang gleichzeitig hast konsumieren, plötzlich sollst du ein halbes Jahr warten. Das ist genau das gleiche wie die blöden Exklusiv-Games für Sony. Ich sage nicht, ich finde es geil. Ich sage nur, ich nehme an, die haben ihre Gründe dafür. Xbox. Ich nehme an, die haben ihre Gründe. Ich sage nicht, ich finde es geil. Ja, aber das ist doch nicht der Grund. Also, das ist ja völlig... Das muss ja... Also, du machst doch Marketing... Du machst ja vorher Marktforschung und solche Sachen und denkst... Oder nicht? Ich bin ziemlich sicher, dass sie das machen und gemacht haben. Ja, so, aber... Ist nicht. Das ging noch doof. Oder der macht wenigstens so, dass die Serie, die du unbedingt schauen willst, weil du bist ja Fan und so, dass du die kannst extern kaufen kannst. Das ist ja nichts. Das glaubst du, wir nicht zwei Baby Mandalorian mal gesehen. Ja. Das ist nicht meine. Hey, was ist das für ein gestörter Pinguin? Da, hier. Wow, das war nicht eine Aktion. Stimmt. Nein! Ich habe gewusst, dass es kommt. Ich habe nicht angefangen. Ich habe mich geschwiegen. Das ist ein Arsch! Oje. Der ist voll am Gewinnen, wir müssen uns mal anstrengen. Vor allem, wieso testest du das in Amerika? Egal, das strengen wir allein Wieso an. testest du das in Amerika, wo es am meisten Leute hat, wo es am meisten kostet, wenn es nicht läuft? Das check ich nicht. Weil das ein Ami-Konzert ist. Ja, aber der Film kommt grundsätzlich früher raus als Der andere hat mich und der andere schlägt. Trotzdem ein Ja, aber auch mit Konzern kann doch schauen, dass es... Ich weiß nicht. Das geht einfach nicht ganz auf, es tut mir leid. Das macht so keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass es keinen Sinn macht. Ich glaube, wir kennen oder sehen das Sinn vielleicht nicht. Nein. Klar sehen wir nicht alles, aber ich sehe einfach nur, dass ich auf einer Serie muss verzichten muss. Yes! Dass ich etwas testen will, von vorher für dich, wissen. komm mit dir. Hey, was willst du denn noch Dumme anders Sauberner. machen? Du hast sowieso den grössten... Komm, ich kleb dich, bleib stehen! Kannst du machen, wie du willst. Bleib jetzt stehen! Komm hier! Sie können immer noch Dienste Franchises in die fahren. Ja, das ist Kopfnuss. Wollen sie, ja. Ist so. Das Marvel-Ding wird nicht ewig verheben. Yes! Natürlich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es an einem Dienst scheint. Oh, Luki, merci vielmals für den Sub. Vielen Dank. Danke Sorry, vielmals. dass ich jedes Mal so blöd hier im Brief auf den Chat schaue. Das ist ein bisschen schlecht geregelt, aber Das macht nichts. es funktioniert. Geht schon. Wir? Ja, also wir sind wir. Nicht so tragisch. Ist mit euch nicht gut. Komm, Wie wirst du jemand? Komm, Bri. Erstmal müssen wir noch bewusstlos machen. Patschen Schlag mir hin. mit A1 und A1 hast du 4. Mit Kreis macht der Kopf noch. Ich mache mich ja nicht müssen. Können wir schon treffen. Nein! Wie hast du jetzt das so äußerst geschafft? Mit Skills. Wow.
sehe nichts, es ist ein bisschen dunkel da. Andi, ich muss sagen, ich verstehe deine Ansichten, das ist so. Aber es nervt mich trotzdem. Oh, wer hat Trophäe? Ich finde, ich habe die gleiche Ansicht. Da kommt jetzt wieder mein Fan. Also, ich habe zwei Ansichten. Die du vorhin gesagt hast, dass du als Konzern überprüfen. Aber das ist nicht meine Ansicht, das ist eine Vermutung. Und ich finde mich nervt sie auch. Aber ich denke, das ist auch... es ist nicht ganz korrekt. Es tut mir leid. Du könntest das auch anders machen, wenn das jetzt wirklich das ist. Das könnte man auch anders lösen. Was heisst nicht korrekt? Das ist halt einfach... Weil, ob die Serie funktioniert oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Weil sobald du, oder der Punkt ist, sobald du hast so oder so gewonnen. Du hast so oder so gewonnen. Weil normalerweise testen tust du die Gratismitgliedschaft. Das testest du doch genug, du verlierst ja nicht. Oder? Da explodiert. Dir gehört das ganze Franchise, gehört dir, du mietest ja gar nicht ein. Jetzt hast du schon wieder gewonnen. Ja. Du hast eine Serie produziert. Wartet. Er hat gewonnen. Selber noch eine Runde. Ja, komm, eine Runde machen wir noch. Eine machen wir noch. Ja. Nachher gehen wir rüber zum nächsten Thema. Sehr gut, dein Thema ist schon dran, gell? Ja, aber jetzt gehen wir noch einen durch. Müssen wir X drücken, jeder? Sorry, was meinst du? Dir gehört das Ganze schon. Was geht's überhaupt? Du fährst ja gar keinen Verlust ein. Und dann machst du eine Gratis-Mitgliedschaft für einen Monat, testen und dann kostet es. Das war bis jetzt immer das bewährte System. Dann merkst du sofort, ob es nicht geht oder aber ich habe gemeint, es ist durchaus gängig, dass man Sachen zuerst in einzelnen Ländern fragt und testet. Und dann global Step by Step geht. Aber doch nicht ein halbes Jahr. Keine Alerts. Nein, wir haben keine Alerts drin. Völlig übertrieben. Extra nicht, weil sie ja... Für so einen grossen Konzern, der eigentlich genau wissen, was funktioniert und was nicht. Also, weißt du, was ich meine? Ich kann die Entscheidungen nicht ganz nachvollziehen. Ich auch nicht. Trump und schießt euch alle von der Mauer. Der Grund dafür, ich sage nicht, ich vertreibe dein Ärmel mit Riesigen. Kommt du, Mexikaner, ich schieße dich von der Mauer. Ja. Nein. Gang. Hör auf Mauern bauen. Leider Mexikaner, gang. Hallo? Hallo? Okay. Nein! Er ist orange. Das ist ein Meta, Evelyn. Das ist ein Meta. Wow. Ah, es geht nicht auf 1, gleich auf 4. Ja, sicher. Nein, keine Alerts. Nein. Nicht wegen TV-Show, sorry, ja. Ey, wow, ich hätte jetzt nächste Woche wieder genug Alerts. Ich könnte gerade aus dem Fenster schauen. So wie vorne. Ja, gell? So ist uns noch schönes Wetter. Oh, ich habe mein Hütchen so gerne. Irgendwann, ja. Ich tue jetzt mit meinem Hütchen knutschen. Schau mal, wie einer, der voll ist. Ja, ich hau dem im Hüt, komm. Was kommst du über die Beere? Wie findet ihr eigentlich die Umsetzung von diesem Spiel? Hey, absolut genial. Es ist chaotisch, aber super. Wie meinst du, das haltest du vom Handsimulator zum Beispiel? Weil das ist ja wirklich eine Katastrophe, aber genau aus diesem Grund ist er erfolgreich. Richtig. Ja, der Handsimulator ist schon lustig. Ja. Der von Amorelie, oder? Ah, du meinst ja, wow. Was meint ihr, ist es Absicht gewesen, dass das so wird? Oder haben sie einfach wirklich gedacht, Mensch, dass es genug schwenken kann? So, ja. Das ist schwer zu sagen. Ich sagte, ich habe etwas Ernsthaftes probiert, aber dann bist du kacke. Dann bist du nur Kacke entstanden und schlussendlich so, das ist das Game, aber es ist lustig. Ja. Das habe ich das Gefühl. Der Kameramann macht mir Angst. Der, gell? Das ist von dem träume ich noch. Ja. Darf ich noch mal, wir nehmen nachher noch mal vor die Kamera. Ja, ist eine Kamera. Ja, wir nehmen noch nachher hier zwischen die Stiere. Oder kann man innen, alles so krass bewegen, kann man die Kamera innen so. Ah, du meinst die hier? Ja, da, die 60. Oh! Ich bin der Trump und mache aus dir jetzt mexikanischen Fleischsalat. Komm, bleib stehen! Nein. Bolognese-Salat. Wieso läufst du mir hinter sich nach? Also ich habe immer keine Ahnung, welcher Knopf was macht. Ja, man ist ein bisschen halt macht, glaube gar nicht wirklich. Du kannst ja nur heben. Ich habe gemeint, irgendwie kann man werfen. L1 und R1 kannst du noch greifen. Mit 3 klippst du noch den. Und wie wirfst du? Ja, das ist eben so die Frage. Das ist, glaube ich, bis die Knöpfe nacheinander loslassen. Ja, so wie jetzt. Klappt? Ich hasse das Spiel.
Das Spiel hasst Das ich ist ein auch. doofes Spiel, ja wirklich. Diese Stange am Gang bewusstlos. So, genau so Du macht alter man auch Mensch. Politik im Fall. Ja, genau. Hau einfach immer wieder mit dem Kopf oben drauf. Lass doch die ISO-Stange los Das jetzt. Problem ist, er holt immer mit seinem eigenen Kopf drauf. Darum. Ja. Meistens aber auch gegen die Eisenstange. Nein. Ja, ich glaube, das kann ein bisschen länger dauern. Ich sehe noch einen Livestream von meinem Leben aus letzten Samstag, seht ihr den Bommeli? Was? Ich weiß auch nicht. So, was ist letzten Samstag? Keine Ahnung. Ja, der Livestream von seinem Leben. Jawohl! Nein! Nein! Jetzt bin ich jetzt... Oh, was haben wir jetzt wieder getrickt? Weiss ich nicht, keine Ahnung. Mit dem Schuldock. Ups. So. Ja, ich komme gängig ins Blöd an sich ab. Wow! Hat es einen Hey, Trampolin Regie. gegeben? Der verkauft dann Stühle mit rein. Das ist immer geil. Findest du gut? Ja. Aber jetzt machen wir ja nicht wieder die Möbelhauswerbung. Ah nein, Nee. das... Nein. Wow, aber hey, so ein Sofa könntest du vorher wieder mal mitbringen, wenn wir kommen. Das war die letzte Sendung vom Geschirr. Jetzt kommt der Störbildschirm. Piep. Wir sind der Hey, wo Störbildschirm. bin ich? Du bist ein Hamburger drin, oder? Oh, hier unten noch. Einfach mal X drücken und ganz nach rechts ziehen. Umstieg äußer. Von Jace auf die Schnur. Der erste, was sagt, wir sind der Letzte. Machen wir als Tier. Nein, ist einfach nicht lustig, das Spiel. Wirklich, Mann. Oh. Oder andere, ich lebe jetzt einander noch ein bisschen da. Gang bewusstlos. Komm ganz bewusst los. Ja! Nein! Also, warte jetzt so. Unentschieden, ich habe Gott. Irgendwas etwas, ja. Siehst du, sorry. Ja, sorry. Sorry, Mann. Jetzt hat jetzt die Kamera rausgesteckt. Ja, ja. Ist alles gut. Ist jetzt passiert es nicht. Wow, alles gut, alles gut. Ja. Oh, nicht das schon wieder. Ey, was ist denn dein Problem? Echt ja, tun wir uns ein bisschen hier. Oh. Wenn wir mal den Raffi nicht, wenn wir warten, bis er es selber daheim macht. Kann ich machen. Lass mich los! Du alter grusige Mensch, komm weg! Witzig wäre, dass der Trump sagt, dass das ganze Amerika über ihn denkt. Oder aber leider nicht. Dem sind Burger, hat heute. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, wir sind fertig mit Adjektiv. Aha. Guter Pirat ist er. Gang weg! Nein! Ich hasse das Spiel. Ich habe schon mal gesagt. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Mechanik ist bei diesem Game. Ja, No. es gibt keine Mechanik. Er sagt, hier musst du... Links, rechts schlagen, Ja, Kopf wo? Es los. ist nie geschlagen. Wenn du drauf bleibst, kannst du noch greifen, nachher lebst du noch mit Ja, Dreieck greifen und- ist klar, lüpfen Ja. mit Dreieck und dann loslassen. Ja, nachher genau, schießen. Dann machst du noch so ein bisschen mit Schwung. Und... Ja, doch, das funktioniert. Hast du ja Also auch gesehen. Ja, Kopfnuss. Und bleib mal stehen. Mach mal nichts. Dreieck lüpfen, ja, nicht lüpfen. Doch, du musst zuerst greifen mit Anleisen. Ja, jetzt lüpfen. Schießen Ja. du noch. Nicht. So. Warte, jetzt in einen Piraten wieder geschossen. Wie kommt man wieder rauf? Ah, so? So, ja. Das sieht irgendwie pervers aus, keine Ahnung. Ja, ich bin da, ich bin da. Du noch da? Ich lebe auch noch. Hau ab. Weil er seine ideale Kopfnuss hat. Oh, wow, ich bin selber. Oh nein. Oh, jetzt, Oh, ja. jetzt. Jetzt bist du selber. Nein! Meine Frisur! Aber mein Gesicht los. Niemals! Hey, wer ist dumm? Hat er auch noch nie einer gesagt, lass mal mein Gesicht los. Ich bin der Trump. Der Schreiber kriegt das. Ah, Jakob stirbt doch einfach, jetzt kommt es mir zu blöd. Braun gewinnt. Wow. Brown ist das ein anderer. Braun.
Oh. Jetzt muss ich nur... Jetzt, wie ist das Bier? Ich? Ja, so gesehen aus. Wir haben gesagt, im Hero Fest spielen, weil wir das ja auch spielen, oder? Ah ja? Ja, glaube ich so. Leute, wir sind im Hero Fest, Ja. kommen auch. Ja. Also die anderen sind im Hero Fest, ich strafe den. Wir sind im Hero Festen, andere im Hero Dünnen. Ja. Was? Nein, geh nicht drauf ein. Lass einfach den Moment sein. Dann wird nicht angenehm. Oh, ja. Doch, es wird nicht angenehm worden. Dann bringst du dich einfach um, Boxen spielen. Whatever, hä? Whatever. Markus, nein! Andi, nein! Du musst aufhören, die Vertimente zu Lass los! Ja. Lass los! Nein! Meine Söhne sind gestern noch verreckt fast. Das ist einfach gut, die Vertimente. Die Vertimente. Wow! Hey Jess. Genau so Zeug, weil ich fast auf der Schule gegangen Du kommst mit. Du kommst mit. Nein, du gehst es selber. Nein. Blödes Block. Jetzt da hier! Ich einfach mal hier drauf. Mal schauen, was passiert. You were the chosen one! Nein! Oh. Bitte Was brutal. Hero-Fest Oh nein! Nein! Ah, du bist vor mir Ja, es runtergegangen. geht halt nur Runde, ja. Oh. Oh! Er hat so Du bist richtig noch nicht Bock. dran, er ist schon voll am... Er hat so richtig Bock. Ja, guter Bock. Ja, Mann, ja! Ich Da, da, da. glaube, das kennst du, aber das ist einfach. Einfach im Kreislauf. Ihr macht es gut. Bring doch einfach. Bring doch beide einfach. Los, mach jetzt den Trauspiel das Ende. Nein, geh weg! Das sagt doch wirklich Komm, er heilt nein, schon. Geh auch mit ihm mal mit. Nein. Der Einzige, der Kopf ist du. Nein. Ich helfe dir Gott danach. Nein! Nein! Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist schon ein James Bond, ne? Mit was hast du dich jetzt gerade mitgehabt? Mit meinem Haken. Und zwei Gewichte dran. Mit den beiden Holzbeinen. Oh, wow! Ja, Oh, ja! wow. Schon wieder. Ja, Backstation Gods. So. Ja. Ja? ich sehe mich jetzt als ungeschlagener Nein. Ja, Champion. er hat Grube, noch können wir uns Das ist eben genau das Ja. unspielbare Spiel. Nicht Gut geklappt. so, ja. Unschaubar. Nur weil du nicht unspielbar. weißt, wie das geht, Ja. kann ich eben nichts dafür. Es sind einfach mehr Tasten Ja. als die Konsole Ja. zu deiner Zeit, gell? C64 so. Das ist ja so, ja. Nein, ist gar nicht wahr. Ja. 64 gibt viel Kasten. So, weil wir wieder auf einen Kusch Mit dem Gang auf ein... das heißt schon. Ja, aha. Da schaut mal. Tschüss. Also. Siehst du, jetzt wird Ja, der Krampf. jetzt wird er, ja. Warte. So. Und... Ja, Schießgame. Ja, Schießgame. Ja, richtiges, Scheissgame, richtiges doofes Game. Gut, hast du das ausgesucht. So. Aber lustig ist es trotzdem, wo Scheissdreck. Du kannst das nicht die ganze Nacht spielen, aber Nee. so für mal zwischendurch ist das ganz Nee. lustig. Ja. Wir haben das in 24 Stunden fast eine Nacht lang gespielt. Hey, haben wir die ganze Nacht gespielt? Nein, aber lang. Ich weiss nicht, ich bin beim Schlafen. Welchem? Du mit dem grünen Da bin Schlafsack. ich im grünen Schlafsack gesehen, ja. Ah, der, ja. Ich weiss welchen. Jawohl. Gut. Wow. Überleitung. Nächstes Thema, das ich ein bisschen recherchiert habe. Und zwar der Unterschied zu AAA-Spielen und Indie, von zu und Indie. Von und zu. Ja. Das, was wir eigentlich schon
Das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit von Anfang an am diskutieren waren, warum es genau da geht bei denen, weil sie ja total verschiedene Branchen sind und eigentlich zwei Richtungen, die eigentlich von dem her kannst trennen. Ich habe dazu ein kurzes Video vorbereitet, das ich jetzt gerne würde abspielen würde. Ein kurzes, ja. 12 Minuten. 7 Minuten. Ah, ja. Das ist wirklich kurz. Ja, das ist kurz. Für meine Verhältnisse ist es kurz, ja. Dann würde ich sagen, spielen wir das Video ab und die wir nachher darüber diskutieren. Können wir es vielleicht zweimal abspielen, dann können wir noch schnell etwas trinken. Wenn wir von Videospielen reden, müssen wir das in 2 Kategorien unterteilen. Und zwar AAA-Spiele und Indie-Spiele. Doch was ist der Unterschied zwischen AAA und Indie? Fangen wir mit AAA-Games an. Es sind meistens Spiele, die mit maximalem Werbebudget werben, sei es im TV, in Zeitschriften, auf Plakaten und im Internet. AAA-Titel haben auch öfters ein Entwicklerteam, das einen grossen Publisher im Nacken sitzen haben. So gesagt wie ein Investor, der die Vorgaben macht, was ins Game kommt, wie sich das Game spielen muss, was es für ein Genre wird und wenn das Game fertig sein muss. Aber es gibt auch Firmen, die sind ihre eigenen Entwickler und Publisher. Die sind meist auch inhaltlich und zeitlich flexibler, aber die tun alle nur nach dem gleichen Schema arbeiten, und zwar Marktforschung. Welches Genre ist momentan in? Spielen die Leute momentan eher Singleplayer oder Multiplayer und so weiter. Es wird nichts dem Zufall überlassen, da in einem AAA-Titel Millionen bei der Entwicklung ausgegeben wird. Nicht so aber bei den Indie-Games. Hier werden Spiele oft mit einem sehr kleinen Budget und Team programmiert. Im meisten Fall sind sie ihre eigenen Publisher, das bedeutet, sie können sich frei entwickeln, haben keinen Zeitdruck oder grosse Erwartungen in finanzieller Hinsicht. Was aber daraus entsteht, das hat heutzutage fast kein AAA-Game zu bieten. Und zwar eine eigene Seele im Videospiel.
Hier sieht man, was Kunst und Kreativität wirklich bedeutet, wenn man über den Tellerrand hinweg schaut und anders denkt als die meisten Menschen. Es entsteht ein wundervolles Stück Software, das man immer wieder gamen kann. Es braucht nicht viel, um selber ein Game zu machen. Jeder von euch kennt das. Das Werkzeug dazu ist im Internet frei verfügbar. Sei es Programm oder Tutorial-Videos. Was aber brauchst, ist sehr viel Geduld, Zeit, Leidenschaft und viele tolle Ideen. Mittlerweile gibt es eine grosse Schweizer Community, die selber Videospiele entwickelt. Und zwar richtig gute und spannende Games. Oh! Wow. Das ist jetzt das ist recht Habe ich angelassen? Ich glaube es, Ja. Regie sollte man sicher nicht angelassen. Ja. Hä? Ich habe das fast wegen dir verpasst, weil die Moine von Gangbiss im Hintergrund noch Rhyme. machen sind gesehen, gell? Ja, Rhyme, wir haben Rhyme haben wir vergessen, keinen ja. Anspruch Ja. auf Vollständigkeit. Ja, also stell dich vor. Oder es gibt Kompetenz. Millionen von... Spiele nicht. Millionen! Übrigens, nochmal schnell. Ja, richtig, wir kommen nochmal zum Gewinnspiel. Und übrigens, Erzählst du mal? Ja. netterweise von Nintendo Europe zur Verfügung gestellt. Das müssten wir auch mal noch sagen. Nintendo Europe. Nintendo Ja. Europe, da die 3 schönen Spiele. Der Geschwinder ist der schneller. Und entsprechend, der schneller dann die Frage beantwortet, kann sich natürlich eins auslesen. Und die dann, ja... Wir werden ihr schauen, wisst, um was Viertel vor 12 werden wir das Ganze ungefähr dann, auflesen. Also, sagt mal so, in einer Stunde starten wir die Fragerei. 3 Fragen. Und auch Übertitel zuerst Sendung. entsprechend Ja. die Antwort reinschreibt in den Chat, also noch weiss, Ja. der gewinnt entsprechend das Genau. Spiel. An Nintendo Europe, falls ihr noch so ein Luigi rumliegen habt, ich habe es auch noch nicht. Was Wenn du Zeit hast, das wird schon du selber mitnehmen, gell? Romas gibt selber es keine Sponsoren. machen, ja. Alles klar. Nein, ist gut. Gut. Dann haben wir- Aber, wie ihr seht in Danke diesem vielmals, Video... Nintendo Europe. Ja, Ja, merci sorry. vielmals. Merci. Ja, sorry. Ui, ich bin schon wieder viel zu weit. Merci an Rega TV, Ja. merci an alle Leute im Merci. Chat. Ja, danke. Merci euch Ja. zwei und wir sehen uns wieder in... Nein. Das wäre es gesehen für dich. Schön zusammen. Es gibt nichts zu gewinnen. Ich gebe nichts gerade. Nein. Okay. Ja, das ist ein Video. Unterschied von AAA-Spielen zu Indie-Spielen, wo wir heute eigentlich schon mehrmals erwähnt haben, aber wegen dem Finanziellen, wo eigentlich so gesagt, jetzt kann ich Bullshit sagen, Bullshit ist, oder? Ja, immer fuck. sagen. Ja. Das kannst du immer sagen. Bullshit, ja. Ich muss jetzt sagen, aber weil ich jetzt das Thema recherchiert habe, der Unterschied ist, die meisten AAA-Spiele haben einen grossen Publisher im Nacken, wo es geht alles darum, eigentlich nur wegen Marktforschung, oder? Es wird richtig Millionen ausgegeben, für die Spiele zu entwickeln. Und da wollen die Firmen eigentlich kein Risiko eingehen. Die wollen schauen, was wird momentan gegamed, was ist momentan aktuell. Und daraufhin wird es entwickelt, oder? Ja. Absolut einverstanden. Ja. Und jede Firma hat irgendwie ihre gewisse Formel, zum Beispiel, kennt ihr Ubisoft-Formel? Ja. Wo Jeder eigentlich, kennt sie zwei. genau. Zum Beispiel Ubisoft, was viel passiert, auf Türme klettern,
für die Map zu freischalten oder Das zu Problem, erkunden. jetzt Ja. haben wir eine halbe Stunde. Ja. Gut, Nee. nur Ja, ganz nein, kurz, es wird ja. um das schon zusammenfassen, Ja. bevor es Ja. weitergeht. Eigentlich ist es kein Indie-Game, oder nein, sag mal andersrum. Es ist ein Indie-Game, wenn der Ja. Developer kein Publisher hinter sich hat, der dick finanziert. So, dann ist es Ja. ein Indie-Game. Ja. Indie, Independent, unabhängig. Ja, genau. Voilà, sonst ist ist der Developer abhängig vom Publisher. Gut, ja. So. Für Leute draussen, die das jetzt vielleicht nicht so into sind. Developer ist eigentlich der, der das Spiel entwickelt. Der Publisher ist der mit dem Cash, der es finanziert. So fast eben wieder Investor, wo wir am Anfang Voilà, gesagt haben. genau, Der sagt richtig so, so. Ich zahle für das Produkt, ich will das so und bis der und der Genau, ist es fertig. das sind so die gewesen. zwei Mächte. So. Ja. Man darf wahrscheinlich nicht vergessen, dass wenn ein Indie-Developer auf einem Publisher, auf einem EA zum Beispiel publisht, dass der Publisher ja wirklich nur das Vertriebswerk auftut. Also sagt, hier, schaut, wir stellen das für dich in den Store. Das ist das Einzige, was er macht. Wer jetzt? Der Publisher. Also wirklich, Wir viele drucken Leute die vergessen- Hardware für die, wir drucken die DVDs oder CD. Oder nicht einmal. Ja. Nicht zwingend. Wir, er ist wir, ja- geben, wir tun es in unserem Shop bei EA Origin Ja. einstellen. Das ist echt der Punkt. Das ist nicht, die geben ja kein Geld aus. Im Gegenteil, sie geben immer nur eine Plattform zur Verfügung. Publisher? Ja. Nein, der Publisher finanziert auch. Nein, in diesem Fall nicht. Wenn es ein Indie-Game ist, eben nicht. Dann sagt er mal, aber du kannst dein Game auf unserer Plattform rausgeben. Dann investiert er null. Du musst, als Indie-Developer musst du ja den Publisher finden, der das entsprechend auf Steam Store oder wo immer zur Verfügung stellt. Klar gibt es sicher auch eine Gewinnbeteiligung auf eine Art, vermutlich, weil sonst macht es keinen Sinn. Aber das wird der Weg sein. Weil sonst hast du vorhin gesagt, ist es nicht mehr Indie. Wenn der Publisher das Geld gibt, für das Game zu entwickeln. Das ist auch wieder nachher ein Zwiespalt, weil du bist als Entwickler bist du immer gewissen Stress drin mit dem Entwickeln. Und weißt, der Chef hat gesagt, bis dem ist das fertig sein, egal wie es ist. Einfach raus mit dem. Und als Indie-Entwickler hast du so, ja, ich schicke es mal, wenn es fertig ist. Ich kann nicht so einen Druck, es soll einfach gut werden und ich habe nicht das und das im Nacken. Ist es jetzt eben so, dass wenn du jetzt weißt, okay, EA gibt mehr Geld für mein Spiel, schnurrt mir aber nicht rein, dann bin ich noch Indie. Ja, Sie sagen, du hast 100'000 Steine zur Verfügung, mach mit dem, was du willst, aber mach etwas, dann bin ich Indie. Solange dir komplett nicht reingeredet Genau. wird. Ja. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Definition Nein, ist. es gibt so 12 Punkte, glaube ich. Irgendwo kannst du dran messen, was jetzt Indie ist. Das haben wir eben bei Star Citizen auch schon mal gemacht. Gib mal den 4. Punkt. Hä? Genau. Nein, ja, eben. Es gibt so eine Auflistung. Gestern oder so habe ich das Video geschaut. Ich weiß leider nicht mehr, ja, aus Recherchezweck habe ich es geschaut, aber wegen Star Citizen hat mich wundern, ist das jetzt wirklich noch ein Indie-Game? Und dann kommt am Schluss, ja, es ist ein Indie-Game, weil tatsächlich, also das Budget von Star Citizen ist riesig, oder? Der Cura rechnet jetzt gerade auf das, warum ich ins Stocken gekommen bin. Der Store und der Publisher sind zwei verschiedene Sachen. In meinen Augen, ja. Der Store, ich meine, Steam ist kein Publisher, Steam ist der Store. Der Publisher wäre in dem Fall Valve. Ja. Valve, ja. Valve. Ja, Valve. Ich habe es jetzt einfach gerade visuell Ja, noch Valve. Richtig. Ja. Das andere ist wieder, wenn du siehst, wer Sachen entwickeln, wie erklärst du dir zum Beispiel Rockstar Games oder Naughty Dog? Naughty Dog ist aber von Sony. Ja. Wo Okay, für Sony. Ja. Das ist Also einmal jetzt. Vorher war sie nicht ja. so, sie war schon independent gewesen. Aber die bekommen wahrscheinlich von Sony eine gute Unterstützung, dass sie da... Aber das ist jetzt so eine Firma, die sagt, das Game, so. Spiel ist dann fertig, wenn es fertig ist und es wird gut. Und die nicht irgendwie einen Druck im Nacken, zum Beispiel auch bei Rockstar. Aber ich glaube, mit den ganzen GTAs, ja, es kommt irgendwas, wenn wir denken, es ist fertig. Aber ich glaube, Sony macht das auch nicht, oder? Ich meine, Sony ist, wenn sie exklusiv für Sony produziert werden, habe ich noch nie gehört, dass Sony extrem Druck aufbaut. Mittlerweile auf... Ja, natürlich, das ist jetzt aber das ist wieder von einer anderen Firma entwickelt worden. Nein, Naughty Dog. Ja, ist von... Ja. Ursprünglich, ja. Ursprünglich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist auch ein bisschen kompliziert. Ja. Ich habe das Gefühl, dass jeder Vertriebsweg gehen, das wäre jetzt etwas, wo man müsste so einen richtigen Indie-Developer fragen, den wir dann nächste Woche machen.
Richtig, gut haben wir den heute nicht dabei. Sonst hätten wir noch eine Antwort auf das ganze Zeug. Ja, nur blöd. Ah ja, nächste Woche. Nein, ja, so. nächste Woche ist ja hier auf. Ich glaube fest, das würde den Rahmen völlig sprengen, weil das Problem ist genau das, du kannst die Wege als User gar nicht nachvollziehen. Jetzt im Fall von grossen Publishern, die Indie-Games rausbringen. Ja. Das ist einfach wirklich schwierig. Ich meine, du siehst nicht dahinter. Bist du wirklich? Nein, natürlich siehst du nicht komplett dahinter. Aber da hast du halt wieder so Sachen wie Crunch-Zeiten, wo reinkommen in der Entwicklung von Games. Gerade jetzt eben auch bei grossen Games wie Rockstar etc. Ja. Ich kann auch sagen, die nehmen sich zwar Zeit, um ein neues Game zu entwickeln, das ist ja super, aber ich denke auch Gründe, warum kein GTA 6 momentan rauskommt, sind einfach auch, weil sie ja gut, das ist klar. Momentan ausgerechnet sind. Weil GTA 5 noch genug eigentlich Eierlecker das um genug Geld zu verdienen. Ganz genau. Ja. Es geht darum. Ja. Game as a Service geworden. Sind wir bei dem Punkt, oder? Es generiert online genug Geld, ohne dass sie wirklich gröber Content createn. Also, das ist eigentlich die ultimative Schiene, die man dann die ganzen AAA-Dinge fahren, oder? Ja. Mit dem gleichen Game möglichst lange Geld generieren. Jetzt Overwatch langsam wird jetzt nichts mehr generieren an Geld, oder? Kommt langsam der Hype an, wo die Leute haben es gekauft, die Leute haben Geld ausgegeben etc. Jetzt kommt Overwatch 2, wo wieder neu wird Geld generieren. Bam. Das heißt, Wollmilchsau legt genug Eier in der Zeit. Ja. Voilà. Aber jetzt ganz kurz, was mich jetzt wundert, wenn jetzt du sagst, eben, es kann wenn ein Publisher dahinter ist und Geld gibt, aber nicht reinredet, ist es immer noch independent. Ist es wirklich independent, weil es bekommt ja Geld. Ja, es bekommt ja Geld über, also ist es ja abhängig nicht von dem, was du entwickelt, aber es ist abhängig von den finanziellen Ressourcen, die es dort bekommt, um mit dieser Größe zu entwickeln, was es entwickeln kann. Ja, das ist schon recht. Sowohl als auch. Aha, aber weißt du, was ich meine? Du kannst es nicht an dem anheften. Für mich ist ein Indie-Game nicht mehr Indie, wenn es entsprechend finanziert wird, in einer gewissen Zeit muss fertiggestellt werden und dementsprechend, was der Publisher will. Das ist es definitiv nicht mehr Indie. Aber alles, wenn du eine von diesen Komponenten wegnimmst, bin ich der Meinung, ist es eben gleichwohl noch zu einem gewissen... Die Frage ist, muss es immer als 100% Indie sein? Kann es zu 50% Indie sein oder zu 50% nicht? Wenn es in unserem Stream und in unserer Sendung heute um Indie-Games geht, muss es 100% Indie sein. Das ist eine wichtige Frage, weil du kannst nicht die 12 Punkte, die stimmen bei Star Citizen niemals. Das Budget. Eben genau, das ist... Die Frage ist, wie viele Jahre soll das nun entwickelt sein? Ich weiß nicht alle auswendig, es gibt so 12 Punkte, die überprüft wurden. Und anhand von diesen Punkten kannst du sagen, das ist ein Indie, das ist ein Käse. Aber du kannst das eben gleich nicht. Das ist genau der Punkt. Vor allem, kommt das Spiel jemals fertig? Ist die größte Frage, ehrlich gesagt. Das ist jetzt spezifisch bei diesem Game. Ist das wirklich so? Das Game ist langsam zu groß. Ich glaube, es ist langsam zu groß. Es hat ein mega Potenzial. Aber es ist eben gleich noch Indie, weil es ist eine Person, die dort der Chef ist. Aber es war nie eine Diskussion, ob das Game Indie ist oder nicht. Also doch, du diskutierst mit dir selbst die ganze Zeit. Mal, das ist eine Diskussion im Internet. Ich habe eine andere Frage. Jetzt, wenn du jetzt ein Indie-Game würdest machen... Das Internet ist keine Referenz. Was würdest du für ein Indie-Game machen? Comedy Freddy auf der Alp. Wie sieht das Spiel aus? Ja, Kühe melken und Touristen verjagen. Pro Deutsche gibt es 100 Punkte. Und jedes Mal, wenn du eine falsche Richtung schicken tust, wenn du am Weg fragen und gibt es auch Punkte. Ja, und wenn du einen verwirrst mit Sandalen und Socken, gibt es 200. Ja. Also die Aargauer. Sehr gut, nicht, ja. Allem Simulator. Lieber Chad, ihr könnt euch sagen, was ihr am liebsten für ein Indie-Game würdet entwickeln. Wenn ihr uns kennt, werdet ihr nur darauf von uns lesen. Kann ich das so nicht sagen. Ja. Was wird dein Indie-Game? Einfach Moorhuhnjagd mit seinem Gesicht. Danke. Ja, sehr Nein, kreativ. Also, wenn ich jetzt ein Indie-Game entwickeln könnte, ich könnte es dir nicht sagen. Ehrlich gesagt, es... Ja, sicher nicht Flixbus-Simulator. Jetzt gehen wir mal von Indie weg. Was für ein Game überhaupt? Wenn du sagst, es hat irgendein Game, wo wirklich sagt, wo sagst jetzt, das hat ein Game noch gar nicht und das wäre mal sehr interessant, wenn es darüber ein Game gäbe oder von dem, das würde ich gerne weiterentwickeln, oder? Star Wars. Ich weiss, ja, Star Wars, das gibt es ja noch gar nicht. Es gibt mittlerweile alles. Es gibt auch Games, die sich mit Psychosen beschäftigen. Es gibt Games, die sich mit Suizid beschäftigen. Alles, also alles, die Themen, die ich jetzt gesagt habe, das ist ernste Themen. Ich finde es spannend, weil sie anders als bei Film durch den interaktiven Aspekt, durch das ich spiele selber mit, ganz eine andere Immersion in das Ganze. Du bist into.
Und ich glaube, das kann in ganz vielen Fällen könnte das eine Hilfe sein, dass Leute, die unter Depressionen leiden, jetzt fange ich an. Leute, die unter Depressionen leiden, zum Beispiel etc., können durch so Games vielleicht Hilfe bekommen, dass sich helfen. Wenn man das im Austausch mit Fachkräften entwickeln. Ich weiss auch von einem älteren Paar, wo das Kind gestorben ist und sie haben zum Verarbeiten haben sie eine Story gemacht eigentlich und haben das zu einem Game gemacht. Das ist von der anderen Seite aufgegriffen. Sie haben es verarbeitet, indem sie das Game produziert haben. Aber von der anderen, ich greife es jetzt mal von der anderen Seite auf. Also, ich hatte jetzt halt Kontaktpunkte mit Krankheitsbild Depression. Du nimmst das als Indikator, um ein Spiel zu entwickeln. Glaube ich, hast du ganz viel Potenzial, das noch nicht voll ausgeschöpft wird, um das zu nutzen, um dagegen anzukommen, mit dem helfen, durch die Visualisierung, durch das Auditiv, durch das Gesamte kannst du so viel erreichen, glaube ich, und die Leute ansprechen, die noch viel effektiver kannst als einfach bei einem Film oder bei einer Doku oder bei einer Serie. Ja, ich glaube etwas in die Richtung. Das ist schön, ja. Mit Fachkräften zusammenmachen und wie kannst du das visualisieren, zum helfen in die Richtung. Ich glaube, das wäre ein ganz spannender Ansatz, den ich noch nicht so oft gesehen habe. Hellblade geht ein bisschen in die Richtung rein, dass es mir, aber das Spiel, es ist glaube, es wird angezeigt am Anfang des Game, hey, schau, das Zeug kann Sachen triggern. Ja. Aber vielleicht ist das spannend, aber es ist jetzt mehr der Aspekt für Leute, die komplett gesund sind zum Spielen. Aber etwas für Leute, die Probleme haben, was nicht gut geht, etc. in irgendeine Richtung, für das kenne ich noch nicht sehr viel. Journey hat mir sehr geholfen. Warum auch immer. Kann ich jetzt... Vielleicht hat er mir Castle Wolfenstein, aber ja... nein, Blödsinn. Was hast das war ein Spruch jetzt. Ja. Aber, nein, ja. Ich habe dort so, wieso bin ich gegen Nazis? Ja. Oh, wow. So, wow. Wow. Nein, vielleicht hat ja gewisse Spiele das unterbewusst auslesen, ohne dass eigentlich das Ziel dadurch ist, das überhaupt so, weißt, zu verursachen. Einfach so Sachen, weißt, eben, wie jetzt du gesagt hast, dass irgendwie zu helfen oder zu heilen, den doof. Dass auf einmal Fernsehen ist so, mir hat verarbeitet. Mir hat das Spiel sehr geholfen, über das und das verarbeitet. Und dann denkt der Entwickler, wow, das haben wir eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Ja, wenn du das jetzt aber irgendjemandem erzählst und dann denkt ja, spielst du jetzt Computerspiele? Das ist wieso soll das bei Computerspielen nicht der Fall sein? Es ist bei Musik der Fall, es ist mit Leuten reden der Fall. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Warum soll dir das nicht helfen? Ja. Das ist jetzt absolut ein Satz, aber ja, warum auch nicht? Ja, absolut. Glaub, das Problem dadurch ist, dass das Medium Game, das ganze Medium Game ist noch, es wird noch zu sehr belächelt. Jetzt bei uns vielleicht in der Schweiz sogar noch ein bisschen mehr als in anderen Ländern wie Deutschland, wo jetzt schon riesige Zustimmung bekommt, oder in den States. Aber in der Schweiz bist du sowieso in diesem Thema immer ein bisschen hin. Ganz genau, Games, es ist schon sehr viel besser. Es ist sehr viel besser, aber es ist immer noch der Punkt, wo noch nicht. Es ist noch nicht der Punkt, wo das Angriff der Gesellschaft sagt, ja, ich sehe, dass du mehr Potenzial dahinter. Es ist immer noch so, ja, du bist ein Gamer und ja, Games, was ist das schon? Ja, es ist einfach ein Millionen. Also, du bist ein Kellerkind, ja. Voilà. Ja, gut. Ja. Bin ich gewesen, aber hey. Ja, ich war ein Keller-Autor-Kind. Ja. Jetzt bin ich gleich im Fernsehen. Ich bin ein Keller-Autor. Ich bin ein Autor-Keller. So. Ja, ein Autor-Keller. Ich habe aber 10 Dorzeugs genommen. Sie hat nachher ein sehr tiefes Loch gebuddelt. Ja. Autor-Keller. Das Geschifft, das Trinken. Ja. Sorry, hast du deine Ausführungen jetzt beendet? Nein, aber... Willst du noch etwas sagen wegen eigenen Games oder so, wenn du selber ein Spiel würdest? Vom Chat, den ich gerne aufnehmen möchte. Ich finde die Geomod-Engine, die damals mit Red Faction kam, ist mega cool. Oh ja. Sehr geil, ja. Dass er der Kuro möchte gerne wieder so etwas haben. Ich hätte wirklich das Thema andienen. Wenn ich jetzt ein Game würde machen, ich würde nicht irgendein speziell etwas erfinden, ich finde das sehr gut, wo der Kuro sagt, ich würde etwas mal sehen, wo alles mit dem Physikalischen, mit der ganzen Physik-Engine einfach mehr ausgebaut ist. Ich meine, heutzutage grafisch ist nicht mehr so gross, aber wenn du zum Beispiel, warte jetzt gerade, die ganze Zerstörung jetzt von Gebäuden oder Objekten, einfach alles noch ein bisschen mehr ausgereifter und nachher dann alles nachhaltiger, wie soll ich sagen, du spielst das Game von Anfang an und
das und das geht kaputt, aber das bleibt für den Rest des Spiels kaputt. Oder es irgendwie, sagen wir zum Beispiel, es kommt irgendein Wetter, ein Wirbelsturm oder irgendeine Naturkatastrophe und das tut das ganze restliche Game beeinflussen und es bleibt so. Weißt, das würde ich mal als interessant sehen. Ja. Das ja, so. Unbedingt. Ich glaube, aber es braucht so eine riesige Rechenleistung, für das Ganze zu machen. Ja. Bei Minecraft nicht. Ja. Nee. Ja. Nee, ich glaube, das hat verschiedenste Hindernisse. Ja. Das würde auch schon gemacht werden, wenn es nicht aufwendig wäre. Du musst dir mal vorstellen, du musst die ganze Spielwelt auf das, schon nur verschiedene Enden, ist schon recht, ist, gut, ist jetzt zum Standard mittlerweile, Open World Games, Sachen, aber kaputte Sachen und dass die auch dort bleiben liegen, Sagen wir, mit dem Leichen, Körper, so die bleiben bleiben, liegen, genau, ja. Das ist dann erst Abfall schwierig, glaube ich. und alles, ja. Braucht recht viel Da muss ich, glaube ich, Rechenleistung. schon auf irgendeine Cloud zurückgreifen von jedem von Ich weiß aber nicht, irgendwie ich kann Dings, nicht aber genau das sagen, wie ist, das funktioniert. Es wird kommen. Es kommt sicher irgendwann in einer Form. Ja. Mit RTX, gut, ist mal, Das würde ich mega interessant finden, ja. Aber ich glaube, es ist schon eine Herausforderung. Du musst dann auch noch das Spiel so gestalten, dass es dann gleich noch spielbar ist. Oder irgendwo muss es... ja, ich weiß es nicht, oder? Aber irgendwo muss es dann gleich noch... Das ganze Spiel abbrechen, weil genau vor dir ein Turm vor der Haustüre kollabiert ist. Das kann natürlich Trial and Error sein, das ist möglich. GTA Online ist auch nicht spielbar, trotzdem zieht es gut. Oder? Ja, es ist so, ja. Ja, es ist ja. Aber ich meine, jetzt einfach auf der Physik-Dings basiert. Ja, das noch mehr mit der Physik machen. Das ist das, ja. Gut, aber jetzt das ein Indie-Developer mit wenig Budget genau das ist, was im kleinen Ausmaß vielleicht, ja, aber nicht machen wir jetzt seine Träume kaputt. Das macht auch der Wi-Fi-Simulator. Gut. Ja, das kann ja. Ja, ich träume immer noch davon. Ich sage jetzt nicht zu viel. Was ist dein, wie soll ich sagen, der grösste Fehlkauf, den du je gemacht hast in einem Videospiel oder in einem Indie-Spiel? Also du sagst, was hätte ich am liebsten? Gott, nee. Alone in the Dark 5. Alone in the Dark 5 ist also das absolut katastrophalste Spiel, das ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Und der Film dazu. Hey, Uwe Boll, du hast ihn. Aber die Fire-Engine ist geil, gell? Hä? Das war mit der Fire-Engine, wo das mit dem Fire da alles hast abrennen gell? Ja, das war alles gut und recht. Ja. Aber die Steuerung, ich konnte das PC-Spiel hast du nicht zurückbringen. Oder das bei Game Store. Ich konnte es zurückbringen. Es war so schlecht. Das Spiel war so katastrophal programmiert. Schön, die Umgebung, alles dort, mich richtig gefreut auf meinem PC. Oder? Als Nintendo-Kind habe ich nur Alone in the Dark gehört. Und dann juhu, Alone in the Dark 5. Und dann ist es gewusst, irgendwie eine Stunde, 2 hast du vielleicht spielen und dann bist du auf einen Punkt gekommen und du musst irgendwo drüber kumpen oder irgendetwas greifen. Und es ist einfach nicht gegangen. Es ist einfach nicht gegangen. Ob mit Controller oder nicht, keine Chance gehabt. Vor allem bist du immer in diesem Central Park unterwegs. Genau. Also, sobald ein Gegner ist, kannst du die komisch indianische Musik kommen, da weißt du noch. Ja, so komisch, wie ganz spezielle Erinnerung an das Spiel. Und dann hat es zurückgebracht. Die epische Musik soll sein, aber hat furchtbar getan. Wie so kleine Kinder, die am Schreien sind. Und Absolut. Also ganz komische Musik. Ja. So. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Spiel gemacht habe, aber es ist nicht gut auf jeden Fall. Ja, du? Kennt ihr das Simpsons Tap-Out? Was ist das? Es gibt ja viele Simpsons-Spiele, aber... Ja. Das ist das Handy, das Springfield aufbaust. Aha, ja. Sagen wir es so, ich habe sehr viel investiert in den Aufbau von dem scheiß Springfield. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Viel Nadelrechnung. So wie bei jedem. Ich bin einfach so. Wie bei allen. Hey, los, ich bin nicht der Typ. Eigentlich bin ich voll konsequent. Aber irgendwann ist so. Ja, ist ja. Pokémon Go. Noch schlimmer. Nein, doch. Ja, gut, jetzt habe ich keinen Pokéball mehr. Ja, gut. Plötzlich so das Haus beendet, so der Hund verkauft. Nein, ist. Wie hat das Spiel geheißen? Pokémon Go. Ja, Star Wars Commander, glaube ich. Oder? Ja, genau. Bei mir der Fall ich so. Nein, wieso geht es jetzt plötzlich nicht mehr? Upgrade. Also, nein, das glaube ich ja nicht. Nein, dann bin ich jetzt brennt. Nein, Pokémon Go ist sehr viel dummes Geld. Aber wir haben es von Indie-Games. Ja, es geht ja sowieso alles mit, was mit Pokémon. Ich lasse es jetzt. Ich bin nicht die Ansprechperson für Pokémon. Aber Indie-Games, Alone in the Dark ist kein Indie-Game, oder schon? Ich weiß nicht. Nein. Alone in the Dark? Nein, wer hat das? Wer THQ? Ja. Komplette Katastrophe. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube. Völlig. Ich habe letzte ganze... Kann mich erinnern. Egal. Ich habe auf Steam eins runtergeladen. Irgendeinen Simulator und
Hat ausgesehen, könntest du in der Stadt rumlaufen, machen, was du willst und umeinander ballern und so. In einer miesen Grafik. Es hat jetzt ausgesehen wie das Gummimenschenspiel, das wir vorher gespielt haben. Ich weiß auch nicht, wieso ich das... Ich habe es gesehen. Ich bin dort gekocht und gewusst, das ist das dümmste Spiel auf Steam. Und ich habe das dümmste Spiel auf Steam jetzt in meiner Bibliothek. Also wenn es irgendjemand durchspielen kann, zu mir kommen. Jo. Du sagst, Was jetzt ist der mein Moderator... dummstes Spiel gewesen? Jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Ich muss echt überlegen, was mein... Aber, Das ist ein paar. ja, das Goat sind recht Simulator viele auf dem Handy ist auch recht dumme dumm gewesen, gewesen. ja. Aber Goat Simulator auf dem Handy. Ja, ich habe eine rechte jetzt ist es auf Historie dem mit... Nattel. Es gibt alles fast auf dem Nattel. Ja, ich merke gerade, was ich eigentlich alles an Games auf dem Handy habe, die sehr dumm sind. Ich bin echt ja, gut, Nattel Games, ja sowieso. Da denkst du, es gibt noch cool aus. Ja, oh, Clayfighter, 63, ein Drittel. Das ist ganz ein katastrophales Spiel, aber das zweite ist so lustig. Es ist so lustig. Das zweite ist richtig cool. Das ist das Spiel geliebt. He? Also der Story-Modus, es war kein Story-Modus, ich habe alle Gegner in diesem Ding gespielt, dann war es fertig, 1 Viertelstunde höchstens. Dann hast du das Spiel durchgehabt. Aber das zweite, nächtelang. Das Das ist einfach wirklich, ja, es ist so ein Zufall gewesen, ob du ein Combo gemacht hast oder nicht. Und ein einziges Mal habe ich es geschafft, mit dem Clay, mit dem Kleinen, oder das war mit dem Chines, ich weiß es nicht mehr. Der Sieg hat nicht mehr aufgehört. Der hat meinem Kollegen den Legen um das Balken einfach tack, und dann geht der nächste tack, Spiel beendet. Ich so, oh, was irgendwie 500 Millionen Punkte, keine Ahnung. Das war so gut gewesen. Oh, Achtung, jetzt kommt's. Wartet, ist das ein Indie-Game gewesen? Wartet. Es ist, wartet. Ich darf in der Zeit einfach mal meins erzählen, Ja. aber ich glaube, ich auto mir, wenn ich das hier erzählen tue, weil es ist, glaube ich, irgendein Pokémon-Spiel. Ich habe ja mal probiert, mit Pokémon warm zu werden. Das ist irgendein Ding, glaube ich, vom 64 noch gesehen, dass Also auch kein Indie-Game. das, wo mit dem... das ist aber, wie gesagt, von Games allgemein. Ja, gut, Ja. Das ist auch kein Ding. Ja. Nee, es ist aber so. Indie-Games... Ja, Indie-Games ist aber schon recht viel Schrott zusammengekommen. Aber, Jetzt kommt mir noch etwas in den Sinn. ich kann es dir nicht sagen. Weißt du, du hast mich noch gefragt, was würde ich für ein Game machen? Ich mich endlich einmal einen schlauen Mountainbike-Simulator. Und zwar einen richtig guten, einen Downhill. Es hat verschiedene... Also No Fear hat es doch mal gegeben. No Fear, das war cool, gewesen, aber völlig übertrieben. Ja. Und heutzutage wäre es eben möglich, einen richtig guten Simulator zu machen. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Er schon 2, 3, aber die sind alle nicht wirklich Oder befriedigend. Skirennen zum Beispiel. Ja. Ich bin nicht so der Skirennen-Fan, aber da mal so einen coolen Simulator zu sehen, das würde mir mal echt Findest du den vom Blick nicht gut? Schon ein Indie-Game, oder? Ja, richtig. Ah ja, hat es mal eins gegeben, wo ja. Ist der Sänger dem von einem Walliser, der Ed Sheeran? Wieso? Skirennen. Skirennen. Raclette, Weisswein. Was singt er jetzt nochmal? I'm in love with the shape Shape of you. I'm in love with the upper she of you. Ja. Agony, Ja. meine lieben Leute. Agony. Oh. Ist es rausgekommen jetzt, oder nicht? Ja, mir ist sie drauf gekommen, als ich gespielt habe. Nee, ist es rausgekommen, ich gefragt. Ja, schon lange. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Spiel im Kopf. Das ist, glaube ich, jetzt Korn, oder wie heißt es? Korn, ja, das ist etwas anderes. Ja. Da geht das Gleiche rein, oder? Ja, ungefähr. Ja. Agony ist so etwas vom Dümmsten, was ich in meinem Leben gespielt habe. Das ist so blöd. Es sieht so schlecht aus. Und alle so, bevor es released ist, alle haben das Gefühl, hey, wow, geil, das wird jetzt der Horror-Titel, nur weil tote Babys im Blutlachen waren. Es ist einfach dumm, es ist hässlich, es sieht nicht gut, es ist matschige Grafik, Pampen. Ich glaube, das ist nett, ja. Das ist nicht so rausgekommen, habe ich Ich glaube, ich weiss, was ich noch ganz blöd gefunden habe. Was ich als Fehlkauf bezeichne, war bei mir Resident Evil 1 auf der Playstation. Das war für mich damals so abnormal schwer und hat scheiße ausgesehen. Und ich habe wirklich, es ist so schwer gewesen, ich habe das totalen Mist gefunden. schwierig. Und die Dialoge am Anfang. Weißt du, wo du vor die Real-Life-Zwischensequenzen vom Helikopter Danke! Weißt du, ja. Ja, Das habe ich noch verstehe gekauft, dich. Ich habe nämlich dann noch gedacht, es ist ja brettschwer, es ist ja brettstumm, er spielt so etwas. Ja. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, es ist genial. Wiederum das 2 habe ich super gefunden. Nein, aber auch das 1 schon. Es ist ein absolut super Spiel. Ja. Absolut genial. Das Remake, nein, das Remaster auf dem Gamecube. Der Hammer. Wirklich der Hammer. Das gibt es mittlerweile schon auf Playstation. Ja, ich weiß, aber das richtig wahre Remaster ist das von Gamecube. Ja. Das war wirklich gut. Tipptopp. Und dann kommt Code Veronica X.
Und dann löse ich so einen Scheiß ab. Du hast doch dazu noch nicht können schiessen Katastrophe. und laufen gleichzeitig, oder? Du musst nachhalten. Richtig, ja, das ist so müssen drehen und dann ist das ganz viel. Ja, genau. Ja, und ich wirklich... Nur das finde- aber das Opposite finde Ziel ich ist ganz heute viel. Weißt du, hast du jetzt immer so gemacht? Ja. Ja. Katastrophe. Ja, steuertechnisch Ja. eine Katastrophe, aber das Ding finde ich super. Die ganzen Dings vermisse ich. Das vermisse ich wirklich. Die festen Kamerawinkel, das finde ich Ganz, super. jetzt aber Steuert eine besser super Überleitung. Jetzt für dich die Szene in einem Videospiel, wo du nie mehr kannst vergessen, wo für dich so dermaßen ins Hirn eingebrannt hat, wo du kannst sagen, wow. In einem Indie-Game. Indie-Game. Schwierig. Wenn nicht Indie-Game, wärst du ein Schustermann-Spiel. Schwierig. Also, ja, Wenn ich jetzt komme- darf sagen, okay, ich helfe ein sag bisschen auf mal. die Sprünge. Ja. Jetzt im Indie-Game-Thema zuvor, wo wir gesehen haben, Edith Finch. Die Szene, wo du das kleine Baby bist in einer Badwanne und wo alles so lustig ist. Und ich tue jetzt halt ein bisschen Spoiler. Also Ja, Achtung, Spoiler-Alarm Achtung, für Edith Spoiler-Alarm, ja. Es ist alles lustig aufgebaut. Es ist alles lustige Musik. Du bist das Baby in einer Badwanne und auf einmal übernimmst du die Steuerung von diesen Spielzeugen in der Badwanne. Du denkst, lustig, mal alles ausprobieren, was geht in der Badwanne. Und dann springst du an der Knauf, weißt, von dem Wasser da im Hintergrund, erzählst die tragische Story, wie das Baby ums Leben ist verkommen und sagst so, aber du konntest es noch nicht wissen, weil du warst viel zu jung und bla bla bla. Und es ist alles aber lustig, bunte Tiere, auf einmal, bis du merkst, oh Scheiße, das Kind ist versoffen in der Badwanne, weil es aus Versehen das Wasser aufgedreht hat und die Mutter am Telefon ist und das nicht mitbekommen hat. Und das schnallst du erst am Schluss so. Weißt du, so, Wow, what ja. the fuck? Und das gibt dir schon ab. Also muss ich in dem Fall nicht mehr spielen. Das ist nur eins. Das ist eins von Ja, mehr vielen ist doch klar. Szenarien. Und das hat er richtig, weißt du, jetzt schon beim Erzählen wieder Gänsehaut. Und das ist für mich etwas, das hat sich so dermaßen bei mir eingebrannt, so krass. Weißt, das ist nicht gewiss, soll ich es jetzt lustig finden oder tragisch finden, weil es hat total mit den Gefühlen gespielt. Das war so mein Moment, wo ich gesagt habe, wow. Ja. Okay, kann sein. Ja. Ich habe so Little Nightmares hat er gespielt. Ja. Muss man Ja, durchgespielt? ich habe es so für PlayStation. Nein, durchgespielt nicht. Nein. Okay, ja, dann... Also Spoilerwarnung für Little Nightmares. La 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 Meine la Spoilerwarnung in dem la Sinne. la. Ja. Es gibt einen Moment in diesem Spiel, und das hat mir richtig... Ich habe gewusst, dass das Spiel recht quer und recht... Also nicht quer, eigentlich schon recht geradlinig, aber einfach völlig... Aber das hat mir richtig... Ich bin dort gehockt und nicht gewusst, das kann man übrigens nachschauen auf YouTube, meine Reaktion. Im Fall nicht mehr gewusst, was ich jetzt machen soll. Das sind die Kameraden da, die immer helfen oder den Weg zeigen und alles Mögliche. Und sie hat immer Hunger. Und irgendwann kommst du so in die Situation und dann plötzlich packt sie sich und frisst ihn einfach. Und ich dachte, what the fuck? Dann packt sie den, und die ganze Zeit der Liebe war. Du weißt nicht einmal, du kennst die ja nicht. Die sind einfach so Hütchen an und fertig. Und die säckeln immer im Zeug um und helfen dir und machen und tun. Und am Schluss packt sie einen und beißt dann drin und die Musik so, wow, fuck. Und ich so, oh shit, ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was da genau Schöner los Moment, ist. ja. Das ist so, das hat sich richtig eingebrennt. Und sonst alles von Horizon Zero Dawn, aber es ist AAA. Bitte. Gut. Bei dir? Hast du etwas? Ja, also Indie ist bei mir ganz klar eins. Wie jetzt Journey, wo der Schluss, also eigentlich das ganze Journey, aber der Schluss von Journey, wo nach dem umgehst im Schnee rein und dann plötzlich fliegst du über das Zeug. Da habe ich gemerkt, das hat irgendwie sau gut getan. Das ist so das Durchschnaufen, hey, alles kommt, weißt, und alles kommt gut und ja, es hat natürlich mehrere interpretative Ebenen, aber das ist mir geblieben. Und sonst nicht Indie, sondern generell ist sicher Life is Strange, das ganze Eis. Das ist zwar nicht Indie, also, nein, ist nicht, aber... jetzt schon so ein bisschen Indie. Nein, es ist nicht Indie, es ist von... Wie hast du geheißen, oder? Nein, ich weiß nicht mehr. Life is Strange ist von, sag mal schnell, die Final Fantasy... Square Enix, ja. Square Enix. Ja. Auf jeden Fall, das Ganze eigentlich der komplette, also von A bis Z, ich habe so viel von im Kopf, die Gitarren-Songs und das Gesamte. Für mich ist das der erste Teil Life is Strange ein einziges riesengroßes Kunstwerk. Ich habe das vor etwa 2 Jahren so gespielt und ich bin ich hocke immer noch total, wenn ich an Games denke, und ich denke immer noch sehr gerne an einzelne Momente zurück, wo ich es gespielt habe.
sehr, sehr eine emotionale, aber schöne Geschichte ist. So, da gibt ganz viele einzelne kleine Momente, die ich habe. Ja. Ich habe es leider noch nicht durchgespielt, aber es ist ein bisschen verloren gegangen. Aber schade eigentlich, ich würde es auch mal gerne wieder packen. Ja. Du musst wirklich machen, Life is Strange 1. Das 2 habe ich noch nicht so, bin ich nicht so reingekommen wie das 1. Aber das 1 und da so zwischen 1 und 2 ist. Es geht ja an Before the Storm. Genau, Before the Storm. Das ist auch sehr schön. Riders in the Storm. Riders Storm. Jo. Du hast Machen wir etwas schön sagen, mal gell, kaputt. Was soll's? Ja, sorry, das ist Riders in the Storm. Dir ist noch etwas On the Storm. Ja, Ja. Heavy Rain. Heavy Rain, ja. Ganz, Das hure ganz dicke Dreckspiel. Post. Eigentlich gegen Das Schluss, ja. hure Dreckspiel. Vor allem, du, Jason! ich weiss im Fall nicht mehr. Ich weiss im Fall nicht mehr. Das hat mich richtig verwünscht, das Game. Richtig, so richtig heftig. Und zwar, du hast keine Chance, wenn du nicht... Ich weiss gar nicht, wie das zustande kam, dass es jetzt doch nicht so ist, rausgekommen, wie ich es eigentlich wählen kann. Das kann ich mit 0,9 mehr nachvollziehen. Du kannst nicht... Das Problem ist, es wird dir nicht bewusst die Entscheidung geben. Du kannst nicht bewusst sagen, wie andere spielen, ja oder nein. Sondern du musst ein Rätsel lösen und wenn du es falsch machst, und ich bin einer, der dort so Rätsel immer falsch macht, dann stirbt einfach die zwei Zonen. Ja. Dann versauft er einfach. Ja. Und das finde ich schon recht. Das sind aber allgemein die David Cage Das hat mich Spiele. recht gefrustet. Die sind schon recht dermassen. Aber auch jetzt beim Neuesten, wo Detroit Become Human, das hat mich auch einfach dermassen geflasht, weil du machst Entscheidungen unterwegs, mal boom, der Charakterton, du kannst ja nicht mehr spielen bis Ende des Spiels. So, ja, super. Das hat mich recht gefrustet, der Schluss. Und dann dachte ich, du kannst es noch mal probieren. Dann hat es mich gerade angeschissen. Irgendwie. Ich habe auch Beyond Two Souls sehr schön gefunden. Das war genial. Ja, habe ich auch gespielt. Ja. Das war genial. Das war sehr krass mit, mit dem Leben, dem Namen Tod. Beyond Two Souls ist ein sehr cooles Spiel. Oder auch das Ende von Everybody's Gone to the Rapture. Das ist sehr, sehr krass, weil du bist schon allein auf dieser ganzen... Du bist einfach allein der Einzige, der nicht Rapture Hast du auch gespielt? wenn du aufsteigst, Gott, tschüss, Zeug. Bin nicht so into Religion. Ganz krass, und ja, das Ende davon auf jeden Fall. Das ist mir auch sehr hängen. Ist zwar, glaube ich, auch kein Indie-Titel, bin mir nicht ganz sicher. Doch, ist, ja. Ist es Indie? Aber ist sehr, sehr einbrennt auch. Und das Game habe ich übrigens auch nicht am Stück spielen. Ich habe das immer nur... Das ist super, das ist gerade das Gegenteil, was Journey mit mir gemacht hat. Ich habe das auch in der Zeit gespielt, dass mir nicht allzu gut gegangen ist. Und das habe ich immer Stück für Stück gespielt, weil es mich immer brutal abgezogen hat. Und ich das krasse Gefühl von Einsamkeit, von Alleinsein auf dieser Welt, war so extrem gewesen. Ich musste immer wieder Step by Step weitermachen. Das war eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Jetzt habe ich gerade eine Frage an dich. Sorry, wenn ich jetzt die Moderation übernehme. Für kurze Zeit. Nein, nein, das darf gar nicht. Lass jetzt, ist jetzt Death Stranding ein Indie-Game oder ist es keins? Schwierige Frage, gell? Das ist eine schwierige Frage, ja. Weil ja, der Kojima ist ja unter den Fittichen von Konami gesehen. Also Fittichen? Fittichen, ja, eigentlich. Er hat gesagt, ich mache es so, wenn es nicht passt, dann geben wir kein Geld und schauen weiter. Er hat so eine eigene Firma. Das müssen wir machen. Mit der Kojima Production, ja. Wo eigentlich... Ich glaube, jetzt von den Freiheiten her, schafft jetzt unter Sony, oder? Sony hat einen Angestellten so gesagt, das ist genau das gleiche wie Naughty Dog. Sony ist das ja, aber irgendwann, es kommt ja Ende Mitte 2020 kommt es auf PC raus. Ja. Und ja, kommt. Aber jetzt ist auch seine Bedingung. Er hat gesagt, ja, ich kann es schon exklusiv, aber ich wollte einfach auch noch auf einer anderen Plattform. Weil mir denkt es noch recht independent. Ich denke, wir haben recht viele Freiheiten gelassen. Genau, erstens mal... Sagt, ja, der Kenner, der Boyas, der macht das schon gut. Vom Budget her, ich glaube, das Budget, ich weiß gar nicht, aber das Budget... Ich glaube, er hat so ein paar Sachen gemacht. Gerade jetzt entsprechend... jetzt müssen wir schauen. Zeit schon wieder. Oh ja. Entsprechend Musik. Musik hat er zur Verfügung gestellt bekommen, von den meisten. Die das hat. Du weißt, was alle einblendet und so. Ja. Die Engine hat er bekommen von dem Macher von Horizon Zero Dawn, also Guerrilla Games. Der hat ihre Engine hat er bekommen, die ja zu Sony gehört. Ja. Auf eine gewisse Art einfach nicht gehört in dem Sinn, aber sie produzieren exklusiv für Sony. Dann, was war noch? Einfach so 2-3 Sachen, die er einfach geschenkt zu bekommen. Sein Budget war wirklich nicht riesig, glaube ich. Es war wirklich nicht gross. Ja. Das müsste ich abchecken, das weiß ich nicht auswendig. Aber es ist sehr indie-like und ich glaube, von der Produktionsart her hat er wahrscheinlich Freiheiten gehabt, wie er nicht wollte. Ja klar, er ist Kojima, er hat immer Freiheiten gehabt. Aber im Endeffekt steckt Sony
Interactive. Ich weiß auch nicht, wie es ist, mit den ganzen Schauspielern ist, wer die gezahlt hat, wie die da mal... Der Norman Reedus hat doch sogar verzichtet teilweise, ne? Ja. Möglich, aber... Weil er wäre ja geplant gewesen für PT, also für das Ding. Für Silent Hill. Und dann haben sie auch gesagt, oder der Norman 5 Reedus ist auch nicht der Typ, der grossartig mit sich diskutiert, ob jetzt das cool ist oder nicht. Sondern er hat einfach gesagt, weißt du was, Kojima, wir machen zusammen, ist gut, für mich stimmt das so. Ja. Ich könnte mir noch vorstellen. Ja, aber das meine ich. Gut, aber das sind jetzt Vermutungen. Ja, ich sage absolut. mal ganz de facto, ich glaube nicht, dass es wirklich ein Indie-Game ist. Für das ist es zu gross und auch Kojima schafft es. Ja, hallo gesagt. Das sind Tourette-Anfälle. Ah ja, Swiss Dance. Ciao, ciao. Oh, warte, wir haben noch gesagt, wir müssen mal einen Kameramann ein bisschen mehr ins Bild nehmen. Ja, richtig, genau. Wir holen mal den Kameramann. So. Du mir jetzt nicht etwas verstellen. Also. Nein, das ist... Nein, gar nicht. Ist der Bruno Ja, der Lieb, Kameramann? das ist ein Kameramann. Der steht ohne Seich so hinter der Kamera. Das ist ein Liebe. Das ist der Hammer. Ich bin grösser als der Jay, aber... Ja. Wir nennen ihn einfach Jay, der Kameramann. Das ist ein Liebe. Jay, der Kameramann. Ja. Gut. Der sieht vor der Kette meine Brüder sein, gell? Ja, nein, der hat deine Schwester. Nein. Sind wir überstehen? Kojima. Sorry, ja. Ist schon Indie-like, aber es ist nicht Indie. Genau. Ist jetzt meine, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber dann sind wir wieder gleich weit wie vorhin. Das kannst du nicht definieren. Das ist fast nicht zu definieren. Das Land ist immer wieder... Andere Frage. Der Stubenschalter vorher. Spiel mal allgemein. Es gibt ja viele Spielmechaniken, die gut und die schlecht sind. Was ist eine Spielmechanik, die dich jetzt total nerven tut? Was sagst du darauf? Kannst du es vergessen? Shooter. Looten. Nein, also wenn ein Spiel nicht mehr weiss, ob es jetzt ein Looter-Shooter sein will oder ein Shooter oder was auch immer. Ja. Also Ubisoft ist so etwas, was mich langsam richtig nervt. Wer Advanced Warfare kennt, nein, was lernen nicht. Oh wow. Wer Ghost Recon kennt, Advanced Warfighter heisst es, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es heisst Advanced Warfighter. Aber nicht Warfare, sondern Warfare. Ich glaube, es ist so. Das sind die zwei, das 1 und das 2. Das waren richtig geile Shooter, richtig gute Spiele. Wirklich taktisch und die Leute und Animationen waren super und alles. Und dann hat es angefangen mit dem katastrophalen Zeug, das wir jetzt haben. Also Ghost Recon heutzutage. Schade. Ja, schade. Du kannst nicht schleichen und Looter-Shooter gleichzeitig sein. Das funktioniert einfach nicht. Kennst du die allerersten Ghost Recons? Ja. Die sind noch richtig interessant. Ja, das meine ich. Planen, mit Karten, alles. Ja, von mir aus gesehen, genau. Wir müssen 80 Grad anlegen, müssen mit Räuch vorgehen. Genau das meine ich. Das war wirklich geil. Und auch Gegner, die geschossen wurden, dann haben sie die Leute weggezogen aus dem Gefahrenbereich und so. Und auch selber eine tolle Sache. Super, aber und das Ghost Recon... Das war fatal, wenn einen Abverkauf gegeben hast. Ja, genau. Und dann ist fertig die Mission. Ja. Aber heute, das ist kein Ghost Recon mehr. Das ist Bullshit. Sorry. Ein Looter-Shooter, okay, aber es ist ganz sicher kein Ghost Recon. Das sind wir aber wieder rausgegeben mit der Recherche. Irgendwas sagen, die Games sind schwer geworden, wir müssen Games einfacher machen oder so machen. Und das ist das, was die Leute spielen wollen. Die meisten. Ja, aber das sollen sie gefälligst entsprechend Borderlands spielen oder ein weiss jeder was, Teufel irgendwie was. Aber nicht so etwas für das zu brauchen. Bei dir? Also Ingame-Mechanik, die ich wie die Pest hasse, ist Assassin's Creed noch einmal raufklettern, schräg auf, okay, ich springe einfach mal drauf. Das ist schon mal Ingame. Super, ja, das ist geil, ja. Das ist nicht schlecht. Ja, danke für den Ubisoft, ich auch. Aber sonst generell gibt es einfach zwei Sachen, die mich stressen mittlerweile. Das sind unendlich grosse, aber leere Open-World-Games, die eigentlich gross sind, damit sie gross sind, die nur damit werben, wie viel Fläche das sie haben. 300 Flächen vom Mars und weiss nicht was. So. Was ich unglaublich anstrengend finde mittlerweile. Und dann sind sie extrem leer dafür, weil einfach nichts läuft, nicht interessant ist. Und ganz krass, wenn sie dann noch anfangen mit Sidequests, repetitiv. Was ist ein schlechtes Beispiel? Ein schlechtes Game. Wo du kannst sagen, da trifft jetzt genau das zu, was ich jetzt gesagt habe. Fallout 76 finde ich zum Beispiel kacke, aber aus verschiedenen Gründen so. Und sonst mittlerweile, ganz ehrlich, auch GTA Online, weil es einfach schön ist, aber gut, das ist ein bisschen die toxische Welt. Aber generell, ich meine,
Eigentlich sind es die meisten Open-World-Spiele, weil in den meisten Spielen hast du so viel Sidequests, aber WoW, nehmen wir mal zum Beispiel WoW, wo Storyline hast zwar, musst du auch ein bisschen reingehen, aber sehr viel ist das unnötige Nebenquests, hast du einfach völlig dich nie näher bringen. Aber einfach, es geht nur darum, bring mir 50 von dem, bring mir 30 von dem. Es geht nur darum, künstlich die Spielzeit weiterzuziehen, aber eigentlich nicht zum Game selber beitragen, zum Erlebnis von dem Game. Gute Beispiele wäre jetzt zum Beispiel Rockstar mit Red Dead Redemption 2. Aber auch dort, sehr viel passiert. Es passiert ständig etwas. Es ist, ob es scripted ist oder wirklich zufällig dahingestellt, aber es passiert sehr, sehr viel, es sieht sehr, sehr gut aus. Aber auch dort, es ist so riesig, dass es Weißt du, wo du daran merkst, dass ein Open-World-Game richtig gut ist und mit Leben gefüllt ist? Du kannst in das Game reingehen, du kannst dich irgendwo hinstellen und einfach nur mal den NPCs, also den Computerspielen, einfach zuschauen, was passiert. Und einfach die stundenlang könntest du mit dem unterhalten, was jetzt sie da machen oder was passiert für einen Unfall oder irgendetwas. Da finde ich es gut. Du kannst dich irgendwo hinstellen, irgendwo passiert irgendetwas immer. Ja. Oder auch Witcher mit den Nebenquests. Witcher, wo einfach jede Quest Spaß macht. Wo die ganzen Quests... Das ist wohl das beste Beispiel, Witcher 3. Das hat keiner irgendetwas. Ja. Das sind so gute Beispiele. Ich finde auch Horizon Zero Dawn, ich habe nicht viel Nebenquests gemacht, das muss ich zwar auch wieder sagen, weil die Hauptstory hat mich einfach so gezogen. Und das ist eben das Coole, also für mich Spielmechaniken, die nicht dazu führen, dass die Hauptmission nicht mehr interessant ist, finde ich doof. Das ist mal ein Aspekt. Wenn ich die Hauptmission doof finde, finde ich es aber gut, dass es Spielmechaniken gibt, die Nebenquests interessant machen. Aber beides zusammen ging am besten. Also, wenn ich sowohl die Hauptmission verfolgen kann, ohne dass ich die Nebenquests vergessen. Oder sagen, jetzt will ich gerade nicht Hauptmission, das interessiert mich Nebenquests. Das wird nie langweilig, das ist gut. Sobald ich aber zurückkomme und den Switch machen kann und das reibungslos funktioniert, ist okay. Ganz ein spezielles Beispiel übrigens finde ich dort durch Spider-Man. Weil Spider-Man zwar vielmals die eher repetitiven Nebenquests hat, wo immer wieder musst gehen, durch die Wolken durchfliegen, durchschwingen, um die Proben zu holen etc. Aber dort macht einfach allein schon das Schwingsystem so mordsmäßig Spaß, dass es mir auf scheißegal ist, wenn es repetiert. Auch die Kämpfe, wenn du die einzelnen Blöcke wieder zurückerobern. Das ist immer genau das Gleiche. Ja. Aber Spider-Man hat einfach elendslang Spaß gemacht. Und das mit einem sehr minimalistischen Kampfsystem eigentlich. Das ist so ein bisschen der Ausnahmefall. Aber es ist einfach vielleicht, weil ich unglaublich Spider-Man-Fanatiker bin. Ist ein sehr gutes Game. Ja. So, jetzt wir glaube ich, wir wollten noch schnell eine Viertelstunde etwas gamen. Eine Pizza bestellen. Noch eine Pizza bestellen. Frage ist, was wollen wir? Wollen wir auf der Nintendo das Luigi's Mansion Hurti anspielen? Das müssen wir sowieso. Das müssen wir seltener, ja, wenn ich schon Nintendo Europe die Spiele zur Verfügung gestellt habe. Denkt daran, spielen wir doch auch nicht ganz hundertprozentig Indie, aber genug. Ja, aber eben ja. Hey, kann ich erzählen, was es gibt? Genau, es gibt zweimal Link's Awakening. Also ja, einfach einiges, oder? Also im Prinzip, schön sind ihr dabei gewesen. Ja. Nein, es gibt okay, dann gibt es halt Luigi's Mansion auch noch zu gewinnen. Ja. Kann man so. Arsch. Oh, gut. Ja, dann würde ich sagen, wer will spielen? Ja, ich würde sagen, du. Ich? Wieso ich? Ja, weiss doch nicht. Gut, dann tue ich so spielen. 1 bis 8. Und ihr jetzt einfach, wenn ihr kommentiert, was ihr seht, dann ich das einfach game, oder? Genau. Wieder mal so nett, 1 zu 8. Schnurren mehr. 1 zu 8. Bis zu 8 Spieler. Tun wir das mal drauf. Wie geht das da? Muss ich da noch etwas tricken hier? Der Raffi, siehst du schon das Alter? Er sieht hinten drauf 1 minus 8 Spieler. Das geht rechnerisch nicht auf. Du musst nicht Playstation. Ja, ich schalte die uns denken. Ich finde Zelda Breath of the Wild sehr speziell, was die Open World anbelangt. Eigentlich leer, aber irgendwie gleich. Ja, aber irgendwie sehr interessant. Schön, dass ihr mir zulässt, wenn ich mit dem Chat kommuniziere. Ja, tu doch ein bisschen reden. Also dann hört ihr mal schnell aufreden. Der Chat, der Swiss Tendo sagt gerade etwas Cooles. Finde Zelda Breath of the Wild sehr speziell. Was die Open World anbelangt, eigentlich leer, aber irgendwie sehr interessant. Keine Ahnung warum. Das Game gleich so enorm Spaß macht. Merkst halt, die ganze Welt ist nicht Copy-Paste, wie es Ubisoft amigs macht, leider. Ja, Ubisoft ist so ein ganz spezielles Beispiel. Die haben ja mal ihre Formel aufbrechen zwischen mit den Assassin's Creed, die noch gekommen sind, Odyssey etc.
haben sie das Ganze aufbröseln und haben dann aber mit Watch Dogs schon wieder angefangen, gleich repetitive werden. Mal der Bildschirm ist halt. Anyways, Ubisoft ist so ein ganz krasses Negativbeispiel. Aber hey, was erwartest du von einem ehemaligen Obsthändler? Das ist schon alles. Meine lieben Leute, sind ihr ready da? Sind wir, ja. Cool, gut. Hey, Es läuft schon, gell? Du kannst Vollgas rein. Aha, okay, cool. In der ersten Runde Luigis Mansion. He? Was geht's in diesem Spiel? Ist das mehr Horror oder ist das mehr Lust? oder? Mama, ich komme gerade. Ach, stimmt. Luigi's Mansion ist ja, keine Ahnung. Ich habe es im Bildtest gesehen, das hat mich ehrlich gesagt auch gereizt, da ich ja jetzt auch einen Nintendo Switch habe und zu den coolen Kindern gehöre, gell, bis dann. Oh, müssen wir noch, müssen wir noch aufpassen, wenn wir Fragen stellen schon. Rausholen. Nein, das machen wir nachher. Das machen wir um halb. Okay. Machen wir um halb. Urte. Gut. Ja. Dann hier kannst du auch den Chat lesen. Gut, ja, es sieht eigentlich sieht ganz nice aus. Kann man das Intro irgendwie skippen? Ich hätte gerne Gamer. Nein, geht gar nicht. Der Swissstendo sagt gerade 1 bis 8 ist online und 2 Spieler wird in Luigi's Mansion nach so etwa 1 bis 2 Stunden freigeschaltet. Spielt der eine da der Waddle Luigi und der eine spielt der normale, stimmt das? Irgendwo, ja. Wie geht denn das mit dem 8-Spieler? Das ist online. Ja, wie geht das? Das ist mehr so Minispiel. Minispiel, wenn ich das richtig verstanden habe. Lustig, ja. Ich habe Luigi's Mansion nie so auf dem Schirm gehabt, weil ich schon lange Gamecube hätte es einfach mal sollen haben, aber... Meine letzte Nintendo ist ein Nintendo 64 aber ich bin richtig begeistert von der Switch. Ich finde das etwas Geniales Stück Software. Ja, super geil, ja. Und dann mit geärgert, wieso habe ich mir vorher keine Switch gekauft? Ja. Das ist wirklich etwas Geiles. Ja, mach das. Tipptopp. Gehst du einen shitten. So. Was ist das? Ist das Pallas? Das Pallas zu Gstaad. Das Pallas zu Gstaad. Das Galas zu Gstaad. Galas irgendwo. Mamma mia. Oh yeah! Der redet eigentlich noch viel geiler als der Mario. Oh yeah! Lala. Da. Ja. Nintendo hat eigentlich das, wenn wir nicht Lobeshymne, nicht wegen dem, aber grundsätzlich, Nintendo ist schon eine coole Bude. Ich finde einfach lustig, wie sie es geschafft haben. Die sind ja mal eigentlich so dermaßen so am Arsch gewesen. Also dermaßen am Arsch, die sind schon fast am Abgrund gestanden. Und nachher, wie sie wieder aufgerappelt haben zu der bestverkauftesten Konsole, wieder zum besten Entwickler, so wie es früher eigentlich war. Grundsätzlich von dem Spiel her als so. Klar, jetzt sind natürlich mal ein Mistspiel dabei vielleicht im Store, aber sie selber haben noch nie schlechte Games produziert. Nein, eigentlich die Exklusivtitel sind nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals ein Spiel wirklich katastrophal war. Chat, du mich korrigieren, wenn ihr eins kennt, aber ich glaube, es ist wirklich noch nie... Leck, wie sieht ihr uns? Schauen wir mal. Willkommen! Ein bisschen jung. Willkommen! Oh, das ist der Willkommen. Ist das lustig? Ich hätte jetzt gar nicht darauf reagieren. Ja. Ich hätte das jetzt als Schreibfehler machen. Herzlich willkommen im Hui Hotel. Willkommen. Sei bereit zum... Was? Einchecken? Ja. Thank you. Thank you. Thank you! Luigi! Und das andere ist violett. Luigi! Willkommen im Hui Hotel. Ah, die hat Fragezeichen. Sarah Schreck. Meine Ex-Freundin hat... Das war ein bisschen Sarah Schreck. Hey, bla bla. So, geht hier mal etwas. Dann kommt wieder Staubsauger. Ich finde, weißt, vor allem jetzt hat Nintendo erreicht, jetzt mit dem Grafik und mit der ganzen Technik, dass das, was du eigentlich an uns drücken willst, so ein bisschen der Trickfilm-Effekt, weißt, einfach die Grafik oder das Comic-mäßige. So wie, wie soll ich sagen, wie so ein Dreamworks Animated Film oder so, dass das jetzt erst richtig zur Geltung kommt.
oder immer wie besser wird. Findest du? Ja, voll. Also, mir denkt, das war schon immer so gewesen. Nein, wenn jetzt so einen Nintendo 64-Titel anschauen, das ist natürlich... Nein, das kannst du niemand mit jetzt vergleichen. Nein, natürlich nicht. Aber der Verhältnis zu anderen Konsolen haben doch das schon immer so hergebracht, wie sie es wollen. Oder nicht? Das ist nicht der George Lucas, der es nicht hergebracht hat, weil er die Mittel nicht hatte, wollte, dass es vorher besser war, weil er das so nicht nachher gemacht hat. Ich meine, also... Okay. Weißt du, was ich will sagen damit? Nicht ganz. Mal, George hat ja nachher produziert. Du meinst mit diesem ganzen Remaster dann wieder... Aha, so, ja. Was überhaupt nicht zusammenpasst. Aber ja. Ein Mario Verstehen, 64 aber, wird mal ein Remaster, wäre doch mal cool. Hä? Ein Mario 64, ein Remaster wäre mal cool. Gibt es das nicht? Nein. Es gibt Doch, jemanden, der es auf Unreal programmiert hat. Ja, aber so in der Art, Das nein. wäre cool, So, ja. Das stimmt, absolut. Da geht es ins Zimmer. Aber ich will mal ein bisschen die Dialoge wegklicken, dass wir vielleicht gleich noch schnell etwas vom Gameplay hier abverkommen. Luigi's Mansion 3 macht extrem viel Spass, lohnt sich sehr, mit Liebe gemacht, müsst ihr eine Chance geben. Ja, klar. Ja. Selbstverständlich. Ich sage Das Nintendo. siehst du ja. Spiel. Kennst du ein schlechtes Nintendo-Spiel, das exklusiv für Nintendo ist rausgekommen? So auf einen Schlag nicht. Ich muss das eben leider haben, weil ja, hier Für Platz mehr beim- oder weniger coole Super Marios. Was ist los da? Gut, nur mit dem Chat kannst du das am Boden legen. Oh, gut, jetzt bin ich im Hotelzimmer. Was ist das? Weißt du, ich bin die Diskussionen grundsätzlich immer leid gewesen, ja, die Grafik kann das besser, also die Konsole kann besser Gas darstellen, bla bla bla. Das hat mich verdammt genervt. Die ganze Grafik-Thematik. interessiert. Ja. Heißt das schon Grafik? Nein, ich will aber sagen, nein, jetzt kommt es mal richtig nice zum Ausdruck. Weißt du, alles zusammen. Finde ich. Das ist Ja. vorher doch Das ist, so, also mir denkt, das ja. ist immer so gewesen. Nur, ich finde es halt von, ich glaube, je älter dass ich komme, umso interessanter finde ich es eigentlich. Jetzt mal eine Zeit lang ganz gegeben. aufmerksam hat zugeschaut, sorry, Ja. wenn ich jetzt gerade reinschnelle, jetzt kommen wir Ja. wieder hin. Wer ganz aufmerksam hat zugeschaut in meinem Video, hat etwas festgestellt. Ist älter geworden. Und zwar das Spielen mit Cards, Cartridge. wo fast nicht Cards, mit Cards. Aha, Spielen mit mit Cards. Cards. Aha. Wenn man das mit dem Mit Karten. SNES vergleicht, Ja. Ja. ist es im Prinzip 1:1 genau das Gleiche. Ich weiß allerdings nicht, welches wie das Spiel Mario Kart. Kart so. Ja, nein, ich meine Mario Kart und das Spiel sind fast das Gleiche. Ja. Ja. Schon nur vom Ding her und das ist interessant. Ja. Aber Nintendo hat es natürlich auch auf Man sagt, es hat eine Zeit lang gegeben in meiner Jugend, wo ich Nintendo einfach kindisch gefunden habe, weil ich einfach das cool war. Und ja, ich habe es als Kind cool gefunden, als Jugendlicher doof. Und jetzt habe ich wieder ein Alter erreicht, wo ich Nintendo cool finde. Das ist komisch. Sie haben mit Ich der bin Switch sehr absolut- viel richtig gemacht. Ja, voll. ja. Ich finde zwar, sie haben lange gewartet, bis sie wirklich krasse Titel rausgebracht haben. Aber ich finde, gleich die Konsole von der Haptik, vom ganzen Prinzip, von der Idee her, finde ich sie die grossartigste Konsole von Nintendo seit der N64. Ja, das ist definitiv so. Der Wii war ab und zu lustig. Ja, und mit Wii ist Ja, immer lustig. mit Wii ist immer ein Wii, mit Wii ist super. Und mit Gamecube, da konnte ich gar nichts anfangen. Das Ich bin hat mir ein gar nicht so komplettes viel Nintendo-Kind. Ja. NES. Ich bin immer ein N64 Playstation-Kind, Gamecube. muss ich sagen. Das war immer so mies. Aber ja, klar, alles die grossen gespielt, Zelda und die ganzen Marios, haben ja alle gespielt, klar, ja. Logisch, das kann ja irgendwie nicht an dir vorbeigehen als Gamer. Aber gleich. Oh, das macht Angst, das Spiel, hä? Nein. Also was ich muss sagen ist, dass Vollherzig. das Ding mühsam war. Die Grafik von der Playstation ist schon sehr, sehr schnell sehr schlecht geworden. Ja. Es sind einfach Jetzt ist sehr schlecht gehalten. Ja, wenn jetzt auch die Dinge zu wie aus gegen Lara Croft und so. Ja. Ja, wir gehen mit der einzige Spiel, das noch hast du jetzt einen Brist, ja? Da hast du das Gefühl, ja, voll. Da hast du das Gefühl, dass du die ganzen Polygone Zwei. einzeln Mit auseinander... den Ja, voll. Das war cool gewesen, mit den Ecken. Ich weiss, was wir mit den Polygonen, die einfach ausgesehen haben, von nachher und von weitem, hat es einfach beschissen. Ja, Das ist voll. immer so, ja. Da hat sich Ja. die N64 hat sehr lang sehr gut ausgesehen. Ja. Sie haben probiert, die Polygone ein bisschen zu verwischen, aber der Nebeneffekt ist, es alles ein bisschen verwischt, es sieht alles wischiwaschi. Das war ein cooles Game Ja. dafür für PS2 auf der iToy Cam. Also, Ja, wischiwaschi, genau. Hast du so die...
Aber im echten, wo der Mutter halb Fensterbüsche im Fensterputz im Leben. Ui, excuse, da. Ja. Meine Müdigkeit macht sich bereit. Ja, jetzt Georg, wir kommen langsam zum Ende da jetzt. Ja, ich bin da. Ja. Nein, nicht wieder so. Nein. Und das spielen wir jetzt zum Schluss, oder? Das ist schon gut, oder? Das ist super, ja. Also, ich finde das, jetzt, wo ich selber spiele, holst du mir, glaube ich, auch. Haben wir auch noch 2 Stunden Heimweg? Ja, ich hätte die zuerst holen, dann würde ich heute 6 Stunden Auto fahren. Ja, du fährst gerne Auto. Ja, okay. Also wenn ich will, kann ich auf eine Stunde 15 rauszögern, ja. Fährst so Auto? Nein, aber überhaupt. Was ist das? Oh. Das Spiel ist erstaunlich erschreckend eigentlich. Ja. Es ist ein cooles Spiel. Ja. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin froh, dass ich es jetzt auch habe. Nintendo Europe, es ist verkauft. Heute gibt es nur noch 2 Spiele zu gewinnen. Hey, ohne Schmarrn, hol ich. Scheiße, was ist das? Warum ist das Herz? Ich will nicht schauen, ich habe Angst, wir gehen wieder. Komm. Finde ich richtig herzig. Ja, laufen wir Richtung Totenkopf und Kerzen. Weißt, Das ist sicher sehr sicher dort. Die Lichteffekte sind erstaunlich cool. Okay, das ist jetzt schon So ein bisschen erstaunlich. Nein, Wenn du wieso? Breath of the Ja. Wild schaust, dann ist das überhaupt nicht erstaunlich. Ja, schweig jetzt. Ja. Sorry, also. Ich finde es erstaunlich cool. Ja, es ist, ja. Was ist denn das für eine? Das erinnert mich mal an ein Geschleip, das ich hatte. Wie? Stimmt, Ja, wo nicht es gut ist ausgegangen. Was? Von Sims? Nein, das erinnert mich an ein Dorf im Wallis, das ich kenne. Da reden wir so. Erinnere mich an jedes Dorf im Wallis. Ich glaube, Zermatt. Was ist der Grund, dass es keine Sprachausgabe gibt? Geld oder grundsätzlich, dass man es nicht auf Wundersprachen muss übersetzen? Ich glaube, sie haben es generell nie wollen. Da sind wir wieder mit Geld, ja. Nein. Das glaube ich. Nein. Nein, das spielt keine Rolle. Aber ich habe die Begründung mal gehört. Aber Das ist wie, dass der Link nicht redet. Guten Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ja, der Link Das ist Nintendo. Nintendo Wii ist halt auf Familie ausgelegt. Haben wir das schon gelesen? Und Switch versucht halt auch wieder Core Gamer anzusprechen. Ja, aber ich finde Switch findet einen super Mittelweg zwischen Core Gaming, Indie Game und Konsole, Handheld und ja. Es ist halt alles gegeben, dass es eine Indie-Couch-Pop-Plattform ist. Es deckt eigentlich alles recht gut ab, finde ich. Ja. Sorry für die Rechtschreibfehler, ich bin am iPad, macht nichts bis Ende. Oh, was muss ich jetzt? Ja, ich weiß nicht, was ich muss. Du musst Steuerkreuz abdrücken, dann kannst du nach dem Mario rufen. Oh. Auch im Nintendo. Mach ja. Das ist ein sehr guter Moment. Bullshit, ich liebe gar nicht den Mario. Was erzählst du mir? Vielleicht dann, wenn ich gerade Ghostbusters spielst, mit einem riesen Spiel in Zeit. Oh, jetzt hat er mich aber. Ja, ganz ehrlich. So, voilà. Gut, dann Gut, wir gehen glaube ich mal wieder über auf Stil, deinen gemütlichen Stil. Und dann lesen wir. Nein, jetzt, ja, wir müssen, jetzt ist halb, wir müssen langsam vorwärts machen mit dem Gewinnspiel und allem. Pizza wird kalt. Ja, Pizza wird kalt, ja. Ja, Raffu. So sieht das aus, ja. Du musst stehen bleiben, gell? Ja, mal, bleib da. Ja, wir machen jetzt das hier fertig. Ah, sorry. Nein, ich werde den oben fertig machen. Hey, Ja, gäng. Ich mach dir den ja. Fertig. Nein, ja. komm. Also. Es stimmt schon, im Fernsehen ist immer ein bisschen dicker aus als ja, Fisch. das ist ja so, ja. Ja, das Problem ist halt schon, wenn wir jetzt normal würden wir jetzt noch 3 Stunden hier spielen und das Gewinnspiel ist vergessen. Ja, jetzt mal so, das ist 12 Ja, wir haben das Spiel schon alle selber mitgenommen. Das ist wieder nicht aus Versehen 12 Stunden gemacht habe. Und ja, es ist tatsächlich das Luigi, das wir jetzt gespielt haben. Also das ist halt nicht mehr original eingepackt. Ja. Sorry. Wir die nochmal alle Hey, zusammen an der Cartridge lecken, da habt ihr etwas von uns. Hey, hast du gewusst, die haben es extra so schlecht gemacht. Ja, aber darum meine ich, darum komme ich auf das. Es hat noch niemand probiert. Ja, nein. Es ist wirklich kotzgrusig, also es ist wirklich nicht fein. Das ist das Erste, was ich probiert habe, ohne Scheiß. Ja. Und jetzt geben wir keine ohne Seiche. Ja, das müssen wir mal probieren. Was aber es macht auch Sinn. Das ist absolut. Das ist Nintendo. Ja. Das ist durchgedacht. Ja. Etwas anderes würdest du gar nicht erwarten von Nintendo. Das ist genau das, was ich meine. Es ist wirklich durchgedacht, das Zeug. Von vorne bis hinten durchgedacht.
Ist die Cartridge noch drin? Ja. Die ist noch drin. Ja. Ist einfach- Ja, dann müssen wir den... Nein, wir verschicken Ja, es ist ja mein einfach Hüllen. Switch, mir spielt keine Rolle. Hey, ich habe eine super Frage zum Abschluss. Wenn Geekstöbli ein Indie-Game wäre, was wäre es für ein Spiel? Hure schlecht. Oder wenn wir ein Geekstöbli-Spiel machen würden, um was geht es? Oh, Chaos. Ich würde mal sagen... wir haben noch eine halbe Stunde, gell? Ja, Ja. ja, das können wir ein bisschen Senwas, Ja. Blade-Zeug gemischt mit Gangbeasts, gemischt mit Star Wars. Es war auch ein hure LSD-Trip, so mit VR-Brüllen. Das würde für mich so ein Mario-Partyspiel sein, aber einfach mit Eisch als Charakter und mit Eisch ein Minispielen so zwischendrin, weißt du? Ja. Aber einfach die Minispiele müssen wir höher gut durchdenken. Also ich wäre sicher irgendetwas, wo Leute würden es zwar spielen, aber sie würden sich davon angegriffen fühlen. Ich kann es mir gerade denken. So, weil wir jetzt um ein Gewinnspiel kommen. Ja, unbedingt. Für das, was eigentlich alle eingeschaltet haben. Gut, was müssen Sie für Fragen beantworten? Gut, wir haben die erste Frage. Alle aufgepasst, die jetzt Also, mitmachen du musst noch mal erklären, dass jedem klar ist, um was Ich stelle es geht, jetzt, vielleicht sonst- ich stelle jetzt eine Frage. Sorry, ja, ja. ich habe schon einen Plan. Ganz kurz an die Regie. Dürfen wir die Füße auf den Glastisch legen? Wieso will Nein, ich jetzt Schuhe, ja, das ist das Schuh. Nein, natürlich Warte nicht. doch jetzt. Ja, jetzt gemietet. Machen wir- Ja, wir haben jetzt gerade 30 Minuten durch. Also gut. Wir stellen jetzt 3 Fragen. Wenn ich Und schon zu jeder Frage gibt es ein Spiel zu gewinnen. Die Fragen richten sich so eher um, was ist heute am Abend passiert. Eher darum geht es, wer gut aufgepasst hat, weiss auch die richtige Antwort. Ich würde jetzt mit der ersten Frage anfangen. Und der Erste, der die richtige Antwort in einen Twitch-Chat schreibt, kann ein Spiel aussuchen zuerst zwischen Luigi's Mansion oder Zelda Link's Awakening. Soweit verstanden, ja? Habt ihr das auch alle verstanden? Was? Ja. Ja, Gut, gut raus. so simpel wie es jetzt ist. Achtung, die erste Frage kommt, habt ihr bereit, nehmt das Nattlösser, seid ihr alle parat an der Tastatur. Ja, Harry Potter und andere Jada Geeks Ja, dürfen andere nicht Jada teilnehmen. Geeks, Mitglieder vom Geekstöbli. Einfach jeder, der mir Gefallen machen darf, sonst auch sagen. Ja. Achtung, die erste Frage. Was ist vom Raffu das absolut Lieblings-Indie-Spiel? Das weiss ich ja selber nicht. Das weiss ich Mal, selber das nicht wär, mehr, ja. hallo? Ja. Hast du das gesagt? Ja, natürlich habe ich das gesagt. Ich habe wirklich nicht zugelassen. Ja, schauen wir, der Erste, der schreiben tut. Ja, aber übermorgen oder so. Das ist jetzt spät. Ich bin jetzt auch gespannt Ja. drauf. Wenn lang nichts kommt, geben wir ein bisschen Anhaltspunkt. Hä? Was machen Ja. wir irgendwie? Ja, aber was Ja. machen wir irgendwie, wenn wirklich nichts kommt? Wenn wirklich nichts kommt, Halte ich das Game. dann tun wir es langsam wieder Switch drin. buchstabieren, bis der Erste, der es richtig schreibt. Little Nightmare, Kuro! Sehr gut, Kuro. Bravo. Dort darfst du aussuchen. Luigi's Mansion Nein. oder Link's Und Awakening, weg, du musst gar nicht so tun. Bindet dich an. Star Wars. Jetzt- Ah nein, das ist der Swiss-Händer. Also, Du bist schon zu spät. Du bist schon viel zu spät. Ja. Nightmares ist schon richtig. Gut, ja. Kuro, Luigi's Mansion, okay. für den Kuro ist Luigi's Mansion. Herzliche Kuro, Gratulation. Gratulation zu deinem Zelda. So, Voilà, also Luigi's Mansion ist weg. Jetzt gibt es noch die Option zwischen Zelda oder jetzt einfach Zelda. Zelda, ja. Ja, unsere Zelda und Community ist Zelda. manchmal schon ein bisschen scheiße. Wir Übrigens, vielleicht noch schnell präzisieren, noch geschwind. Könnt ihr mir als Hero... Oh. Ja, wenn wir es nicht vergessen. Ja, das Was? ist genau das Problem. Entweder schicken wir es einfach oder wir vergessen es. Nein, wir nehmen es mit. Ich nehme es mit und gebe es dem Jay. Und der Jay ist eh... Soll ich es mitnehmen? Nein, ich Das nehme ist es eh mit. meine Switch kommt der drin. Kuro und das Dings, ja? Ja, ich komme eh bei 3 okay, ich nehme gut, das Zeug mit. Ja. Gut, kannst du dir abholen. Ja, das Ja. ist cool. Ich Muss sehe ich einfach noch- Kura ja. gerade persönlich, Ja. so, das finde ich cool. Gut, ja, super. Wäre doch noch schön, wenn man ein Gesicht hätte, wenn man ging noch kein Gesicht. Jawohl. Ich weiß nicht. Das ist nur jetzt Und wenn nicht, dann finden wir das schon Wege Können wir über, reinkommen, über Discord oder irgendwas wie, dass wir dann so die Adresse austauschen können. So, fertig geschwafelt. Nächste Frage. Ich habe total vergessen, was vergesse er bei es dir fragt. Ich will da gar nicht mitspielen. Weißt du, wenn ich dich... Ja, gut. Gut. Wie spielst du? Ja, bitte. Zweite Frage. Was ist vom Andi das absolut Hass-Indie-Spiel? Ich weiß es selber nicht, aber ich glaube, du weißt es schon. Ja, ich Du kannst weiß. ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich habe es vergessen.
Whatever. Ja. Aber nicht Hass im Sinne von, es ist witzig und cool, aber ich bin schlecht dafür oder es ist verdammt Tricks. Also, weil es einfach scheiße Es ist. ist einfach scheiße. Ja. Das macht mich schon hässlich, wenn ich daran denke. Ich will schon wieder meine Schuhe in die Kamera werfen oder so. Indie-Spiel, oder? Indie-Spiel. Indie-Spiel. Ja. Das ist eine schwierige Sicht. Ja. Nein, ich Ja. kann... Hast du Sito gesagt, gell? Ja. Hast du Sito gesagt, ja? Oh, Swiss Oh, Denver, nein, nein, das ist... Das ist ja... Das ist das wäre jetzt gerade umgekehrt. Wow. Ja. Es ist wirklich ein Drecksspiel. Wieso macht der Swiss denn damit? Er hat doch das Game schon. Ja, das ist natürlich nicht aber... Seigel. Das ist aber natürlich Seigel, du hast das Spiel. Das ist natürlich nicht eine Voraussetzung. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Ich kann nur ein bisschen die Regeln. Die Regeln. Fairplay. Er will es mir schenken. Aha, ja, das ist auch so gut. Du musst, glaube ich, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das Spiel ist zum Zocken eine absolute Qual. Ah, super, ja, toll. Mal. Ja. Mal Das ist eine Qual, ja. Eine Qual. Jetzt. So, ja. Nein, das ist ein Dings. Damit er es zweimal hat. Ja. Warten wir noch Warten 20 Sekunden. Nachher wollen wir es auch buchstabieren. Ja. Ja. Ja, aber... Was? Hat er genau zwei Buchstaben? Du musst... Ja, super. Es ist eine absolute Qual, das Spiel. Das Spiel ist eine Qual. Eine Qual. Eine Qual. Es gibt nichts Gutes am Spiel. Tote Babys. Also nicht, dass es jetzt etwas Gutes ist. Super Meat Boy, sagst du mal. Jetzt sind auch Spiel Nein. tote Babys. Katana Zero. Nein. Das Super ist, Meat- Super Nein, Meat auch Boy. nicht. Nein, auch nicht. Ja, das wird ja. Little Nightmares. Nightmares. Ja, wir haben so viel über Little Fangen wir an. Nightmares Mit dem geredet. ersten Buchstaben. Gut, fangen wir an mit dem ersten Buchstaben. Der erste Buchstabe ist das A. A. H. A und ein H. Nein, aha. Ein A. Es ist einfach ein A. A. Ein A. Der erste Buchstabe ist ein A. Der zweite? Bin ich sehr gespannt. Der zweite Nicht. Nix. Ja, der zweite ist kein A. So, heute geht um Geschwindigkeit an, liebe Leute. Komm, schnell, wir müssen vorher. Geschwindigkeit. Weißt du, Go, go, go. wir 20 Minuten durchquatschen. Das ist- Ja. Also, wenn wir in 15 Sekunden gibt es den nächsten Buchstaben. Ja, und er? Wenn nicht, dann hast du das Ganze verraten, dann weißt du, der, was sagst, eins schreibt, oder? Das Spiel hat ein bisschen mehr als 2 Buchstaben. Ja, kannst du ein bisschen erzählen? In dem Spiel geht es Ja, also gut, es spielt in der Hölle. Es ist... Es ist in der Hölle. Ja, Aha, voll. ja, Es ich ist weiss, was es du ist meinst. Ja. grusig, Stopp, aber... ja, musst du auch, ich glaube, Ja. das ist es, oder? Ja, ich glaube, Also Sie mehr- wissen, das spielt in der Hölle. Nein. Es fängt mit A. A Dead Baby. Swiss Tendo. Schmarz! Schmarz! Sehr Schmarz, gut. yes, Bravo. Schmarz. Applaus für Schmarz. Du kannst jawohl. auswählen, was willst du für ein Spiel? Zelda oder Zelda? Ja, das hat ja auch genommen. Gut. Schmarz gewinnt es Zelda Link's Awakening. Herzlichen Glückwunsch. Sie nimmt Schmarz. das Rechte. Ja, sie nimmt das Schmarz, Rechte. soll mir das schicken? Warte, ich das ein bisschen... So. Gut, bei mir so, überhaupt voilà. nichts Das zu ist tun. fair, gell? Er Okay. macht Dir so sehr Buchstaben. gerne schicken. Das nächste hat dir um einen Ref und einen Bauchsteck. Hero Fest. Okay, Hero Fest. Hero Fest. Ja. Hero Fest, Wir kannst du das sind- wir sind beide da. Gut. Ja, das zählt doch, kannst du mitnehmen. Ja. Gut. Nehmen beide mit. Ja, nimmst beide. Frage zu mir. Was ist mein absolut eindrücklichster Moment im Indie-Spiel gewesen? Wie heisst das Indie-Spiel, wo das passiert ist? Ja, weil es der Moment ist, oder wie das Spiel heisst. Nein, wie das Spiel heisst, wo der Moment passiert ist. Weißt du das noch? Nein. Ah. Absolut keine Ahnung. Bist du öfters du? Okay, ja. Wir haben darüber geredet, was ist dein Moment, wo die in diesem Videospiel, wo du dich am meisten daran kannst zurückbesinnen, wo passiert ist, weißt du? Ich mag mich erinnern, dass ein Gespräch stattgefunden hat. Gell? Ja. Und dann ist fertig. Ja, Blackout. Bei dir war es ja gesehen, bei Little Nightmare, wo die Zipfelmenschen, die dann nachher dran Ja, gefressen aber- wurden, da ist das gegangen. Und bei dir ist was gesehen. Was ist bei Ich habe dir? mehr Was hast du gehabt. Ich gesagt? habe Life is Strange gehabt. Ich habe, Ja, beim Life is Strange und bei mir ist das Journey. Nein, nicht Journey, nein. Nein. Du musst einfach grundsätzlich mal Journey schreiben, gell? Ja. Swiss Tendo. Das nächste, was kommt, ist sicher Little Nightmare. Wenn es genug auf Zeit bezieht, Ja. war. Jawohl, Römer 24. Bravo. Applaus Gratuliere What zu we made einem of- Zelda oder Ja. zu einem Zelda. zum zweiten Zelda, das du hast. Den Moment weiss ich noch mit dem ertrunkenen Baby. Und dann musst du... Hey, Ja, Kuro, ja. man, Genau. Kuro, so die wichtigen Momente hast du behalten. Hä? Gut, dass etwas Römer Wichtiges ist, schicken oder Richtig, vorbeibringen. Was? Schicken oder vorbeibringen.
Ja, wie ist das, Römer? Wir wohnen ja nicht weit voneinander. Ja, Und das dann erste mit, Mal, oder? ich nehme es mit, Römer. Ist gut. Eine für dich auf Reserve kannst du bei mir reichen. Das kommt jetzt alles, Ja. mit alles so Ja. gut ist und alles so. Ja. Das ist ein bisschen geil, aber das ist im Fall wirklich nicht ein abgekartetes Spiel. Einfach nur so gesagt. Oh, richtig, nicht, dass sie es meinen, aber wirklich die alles Leute, das echt. ist so, ja. Ja. Nur keine Angst, um Was Gottes denn? Willen. Ja, es hat schon Leute gegeben, die sich da gefragt haben, ja, Was? Ja, nein. frühere Gewinnspiele. Ja, aber die Leute, die Ich check's gerade nicht. Was Ja. haben Sie sich gefragt? Ja, aber weißt du, wenn man Ja. einander Ja. kennt Dann und so. Gewinnspiel. Aha, Ja. Leute, also, betreffend Gewinnspiel, also das Abkarten ist Ja. so, ist definitiv nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist ja so, dann ist mir das mega egal. Das habe ich gewusst, dass du das sagst. Schaut, ihr habt die Möglichkeit, bei Twitch anzumelden. Geht drauf, twitch.geekstübli.tv. Jetzt ist es ja. spät, aber für Jetzt ist ein es anderes spät, Mal. aber da könnt ihr mitdiskutieren, da könnt ihr im Chat reinhauen, da so wäre es. Oder sonst geht ihr einfach bei uns auf www.geekstübli.tv. Ja. Webseite da drin, da findet ihr alle Informationen, überall wo wir tätig sind, welche sozialen Plattformen. Geil, merci, jetzt muss Ja. ich die scheiß Webseite fertig machen. Richtig, ja. Ja stimmt, die Steht sind noch noch nicht nichts fertig, drin. aber ja, es gibt schon... Oh ja, du hast googelt doch einfach mal Geekstübli. Unter Druck schaffe ich am besten so. Das sagt meine Freundin noch nicht Ja, soll ich sagen, Geekstübli findet ihr bei uns auf Facebook, auf Twitter, auf Twitch, auf Instagram, auf... Tumblr auf, nicht mehr. auf Tumblr nicht mehr, ja. Herrgi? Tumblr nicht mehr, nein, das habe ich Tumblr, gewusst noch, ja. aber auf Google Ja. findest du das Tumblr-Ding noch. Ja. Ist so dumm. Ja, wir würden uns über Likes, Follows und alles freuen. Haut da rein. Ja, das Sollst du noch nicht so- abmoderieren? Ja, ich sollte noch nicht abmoderieren. Nein, es ist noch 43 offen, gell? Ja. Ja. Gibt es noch etwas Wichtiges, was ihr gerne wollt, loswerden? Komm, jetzt lassen wir reinlaufen. Etwas, was ihr wollt erzählen noch wegen Indie-Spiel? Was mir in den Sinn kommt, wäre nur... Ah ja, richtig, ja, genau. Also gut, dann haben wir noch irgendetwas zum Spielen. Wir haben etwas zum Ja, Spielen, aber wenn wir noch wir irgendetwas loswerden? Das alles eigentlich. Erzählen wir mal ganz schnell. Willst du noch etwas loswerden? Wenn ihr im Chat noch etwas loswerden, zum Beispiel Geld oder so. Nein, also... Einfach Sympathiebonus sammeln, amigs, das ist wichtig. So für, Geld oder so, der hier. Das Mensch kommt mir Schnutz gut. Was meinst du? Soll ich gleich noch wachsen auf das Hero Fest? Der Fängt Vierter so wachsen. lang. Ja, mach so einen richtigen Nein, Balkan. Du Wichser. Du Wichser darfst dich nicht wachsen. Schon geschnallt. Aber es ist verdammt dumm, wenn du so auf die Ski wichst im Fall. Ja. Was bringt will genau genau nichts. Also, Bist du ein Wichswachser? ja, ich wachse dran. Ja. Oh wow, jetzt ist Viertel vor. Nein, Es ist 44. nur weil du neben mir hockst, Schmarz. Aha. Wieso geht das nicht? Cool, hat doch immer was zu motzen. Ist ein guter Typ. Ja, Ja, ich Ja, kann aber es du- ja Gang zu bringen, ja. Du hast Nur ein was bisschen, haben wir ja. für ein Spiel? welches Spiel hast du noch am Laufen? Ich kann schon noch labern. Ich labere euch noch mal eine Stunde zu. Das ist Was mir noch mal eigentlich- Ja, ausstecken. wir auch, ja. Ja. Weißt du, was mich stresst an diesen Stores, ist die drin, ja. Indie-Games haben? Mal drehen und raus. Steam etc. Dass so viel Müll eigentlich die guten Spiele Das- zu bombardiert. Es gibt eigentlich immer wieder gute Perlen, die du drunter rauspicken musst, aber Ja. immer bombardiert von richtig viel mega Das schlechten ist Games. das, was ich auch gesagt habe im Video. Genau, das stimmt. Das ist richtig mühsam, weil du musst ewig lang suchen. Und es gibt auch nicht das System, ja klar, Bewertungen, aber da kannst du noch lange Bewertungen schauen, weil das nützt alles nichts. Oder? Und, aber es ist halt schon so, es gibt auch viele Spiele, die gar nicht erlaubt wären und die sind einfach drauf und du kannst die kaufen. Ja, aber das ist auch erst... Aber irgendwann ist es dann fertig, weil die Leute merken, das stimmt nicht und dann Tag wird es gemeldet, dann kommt es weg. Ich glaube, Aber sie es haben... gibt viel zu viele Beispiele von Spielen, wo das einfach ewig lang drauf ist und nichts passiert. Ja, aber sie haben das, glaube ich, auch ein bisschen gelockert jetzt, nicht? Meine ich das nur? Ich glaube, Ja, die ganzen bisschen, Erotik-Games aber- zum Beispiel haben sie vor einer Zeit noch nicht drin gehabt. Ja, das stimmt, aber es zieht eben auch Probleme mit sich, oder? Dann entsprechend. Der Kuro-Ray, wisst ihr, was ich noch vermisst habe bis jetzt? Ein paar Quellen, wo man kann bei Indie-Games auf dem Laufenden bleiben kann. Twitter, ja, Schmarz sagt es gerade, Twitter, ja. Twitter, es ist halt meiste, schwierig, ja. weil es gibt eine Seite, indiegames.ch, glaube ich, Ja. wo man etwas hat. Aber So sonst, Schweizer bei Indie-Games ist es Zeug, wirklich oder? schwierig, zum sich darum.ch. Ist relativ schwierig, zum, ja,
es ist halt nicht so wie bei den ganzen AAA-Games, wo jeden Tag zugeklatscht wirst mit Infos. Wir von Geekstübli, wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite, die heisst Stübli. Das ist einfach nur Stübli. Dort wird immer das Zeug gepostet. Ich denke, wir werden auch sonst auf der Facebook-Seite von uns immer wieder mal ein bisschen Indie-Zeug posten, bei unseren Streams. Und sonst wirklich Google Indie-Games suchen. Es ist ein bisschen tricky. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es nicht. Ich muss auch suchen. Ich muss auch suchen und rauspicken, was gerade so ein bisschen da ist. Sehr eine gute Adresse ist halt immer die ganzen Messen. Da gibt es oft so Areas für Indie-Entwickler, für Schweizer Indie-Entwickler etc. Ja. Wo du eigentlich immer wieder ein bisschen Zeug rauspicken kannst. Und wenn du dann diesen Leuten folgst auf Social Media, dann kannst du anhand von dem eigentlich relativ gut weitere Sachen finden. Weil die folgen sich ja gegenseitig. Ich würde gerne zum Abschluss noch ein Spiel spielen, wo Kunst in Videospielen, also ein Indie-Spiel, das Kunst in Videospielen richtig zelebrieren tut. Kennt ihr Unfinished Swan? Ja. Schon gespielt? Ja. Schon gespielt? Nein. Also, ab, komm. Ralf hat es noch nie gespielt, er müsste dran. Voilà. Oh, ist das schön. Das ist wirklich ein schönes Spiel. Es ist, ja. Solange man niemand muss haben, Ich werde ihm einfach nichts sagen. Es gibt schnell so am Anfang einen Anfangsdialog, geht schnell eine Minute. Kannst nicht wegklicken, haben wir auch schon probiert. Aber ich werde dir nicht verraten. Du musst selber darauf kommen, was wir machen. Das ist apropos, das ist der Vorgänger von dem Entwickler, der Edith Finch gemacht hat. Das ist ein Vorderspiel. Es ist auch ein sehr schönes Spiel, sehr schöne Geschichte. Und absolut etwas vom kreativsten und unglaublichsten, was ich je gespielt habe. Ich glaube, so ein Spiel gibt es nicht irgendwas, was das zweites Mal ist. Sehr empfehlenswert zum Spielen. Ja. Ja, fang an. Aha. Bist du drauf gekommen, was wir machen, gell? Du hast so gesagt, mit diesen Kugeln schmeißen, um überhaupt mal in diesem Raum irgendetwas zu sehen. Ne? Witzig. Ja, interessanter Aspekt. Ne? Du kannst sehr viel... Es wird immer so fast von einem Ballgame. Komm, wart. Also wird dir nichts erklärt, was wir stricken, du musst vor allem selber drauf kommen, was wir machen. Das ist nicht das ganze Spiel so, es wird immer wie ausgereifter. Am Anfang hast du halt das jetzt mit diesen Bällen, die wir verteilen, mit diesen Farbkugeln. Das macht Spaß. Gell? Ja, wirklich. Du siehst, nur mit 2 Farben, mit so einer simplen Mechanik, das ist etwas Wunderbares daraus zu zaubern, weil einfach so ein Wow-Effekt. Ja. Im Moment ist es noch ein Picasso. Ja, richtig, der Freddy, der Picasso. Jetzt wird's schon. Jetzt weißt du, wo oben unten ist. Ja. Oh, das Bild läuft mir nicht, hä? Das sieht man wieder nicht mehr. No, aber das ist der der Konflikt, den du hast, ja. Weißt du überhaupt, wo du bist? Wie war deine Orientierung? Ziemlich gut. Okay. Jetzt kannst du es beweisen, ja? Ja, nein, da bin ich noch nicht gewesen. Also. Nein, eigentlich da, wo es Wiese ist, selten ist, ja. Okay, da ist es draussen. Das ist noch klar. Jetzt geht um eine Linde oder... Oh, wow. Wow! Das war geil. Ah, Zahn. Das ist wirklich cool. Aber manchmal kommt es echt nicht so vor, dass sich das entwickelt hat. Weißt du, das scheisst mich alles auszufahren. Ja, oder nicht? Manchmal ist es minimalistisch, ein bisschen, nicht? Ja, aber erreicht es nicht durch das, es hat schon eine gewisse Kunstform jetzt, das Spiel. Also am Prinzip der Spiel diskutieren wir nach der Sendung. Nein, klar hat es eine gewisse Kunstform. Das meine ich gar nicht. Ich meine, es ist eher so ein bisschen... Es kann ja ein Stilmittel sein, Minimalismus. Das ist es ja hier so, oder? Aber auch intelligent genutzt. Natürlich, selbstverständlich. Flach. Vierter ist das Programmieren.
Nicht sagen. Nein, es ist einfach der Sinn von dem ganzen Game. Ja. Aber wie kommt es so? Weil sie es können, weil es kreativ ist, weil es Ja. es gegeben hat. Weil das ein AAA-Titel so niemals kann, mit grossem Budget dahinter, weil es einfach zu riskant wäre. Es Das Shiggy Spiel wirft einen Pokéball. Ah, Frosch. Wirft trotzdem einen. zu- hat Frau Spaß gemacht. Wow. Ui, ui, ui. Das kann mir nicht. Das ist mir nicht passiert. Bist du? Bist du ein Mr. Orientierung? Das ist jetzt minimalistisch. Ich habe bloß nicht ins Wasser. Ja? Du musst über das Wasser, aber es geht nicht weg über das Wasser. Ist so Ja, drauf? ich frage mich nicht. Ja, ich muss dir irgendwie helfen. Was sind das für Ah, andere Künste? Die Dragon Balls oder nicht? Das ist vielleicht nicht. Okay. Nein, noch nicht der Chat. Nicht der Chat, habe ich nicht im Blick. Das ist nicht meine Aufgabe. Die Aufgabe ist es, stilvolles Indie-Spiel zu spielen. Oh, fuck. Oh, Entschuldigung, für fuck. Ich habe nur noch 5%. Es ist 12, Ja. darfst du Ja. sagen, oder? Ja, darf man sagen, ja. Im Schweizer Fernsehen. Ah, leider. Ja. Ich bin nicht blind und ich mache schwarz-weiß. Whatever, gell? Ja, ja, das ist so klar. Ja, mach mal. Yes, also das ist anstrengend mit dir, das Spiel. Ja, das ist doch halt blöd, als ob ihr es durchgespielt habt, der Adler. Ja, hey. Ja. Du hast emotional gesagt. Da ist da, guck jetzt. Jetzt. Das ist nicht wichtig. Warum nicht? Verarschung. Du gibst einfach alle Fisch. Nein, läuft andere Richtung. Das ist die falsche Richtung. Läuft zurück. Weil ich das halt weiss. Dann ja. Jetzt zurück. Gang links. Links. Ja, jetzt Jetzt gehst du auf. Wopsi. Das ist ein Baum. Bist du links? Ja, wow. Super, mit gut. Oh, ein Haus. Oh. Komm mal hier, ist gut. Ich lasse wieder nicht auf dich. Nein, nein, los, kann ich nicht. Zum Glück ist es noch voll. Es ist wirklich schön, hä? Ja. Ich bin ein ganz witziges Konzept, ja. Und, Minimalistisch. Es ist nicht das ganze Spiel so. He? Ich sage, das wird immer ein bisschen anders. Es wird immer ausgereift, das ganze Zeit. das ganze Schwarze fällt weg. Oder? Oh, Oha. Das ist eine ganz neue Möglichkeit. auf die Fresse. Das erinnert mich irgendwie an Takeshis Castle. Kennst du das noch? Ja. Wo du auf die Steine haben müssen springen und schauen, welche richtig sind und welche falsch. Ja, das läuft jetzt wieder. Läuft das wieder? Ja, es gibt wieder so Aber ein das wird neues. doch nicht mehr so gut sein wie da. Sie haben jetzt halt Thailänder genommen statt Japaner. Oh, okay. Ein Stern. Definitiv egal, was du jetzt gerade hast sagen. Übrigens, 2020 auch wieder der Band-Contest, das Mikrofon. Ich meine, der Gesangs-Contest, das Mikrofon, nicht um Bands. Wir werden wieder live übertragen auf twitch.tv/Stübli und falls ich bis dann fertig bin, www.tv. Rechnen wir besser nicht damit. Meldet euch an, wenn ihr könnt singen oder meldet euch an, wenn ihr nicht könnt singen und einfach uns einen Gefallen machen, das ist lustig. Schmarz, meldet euch gefälligst an. Das Mikrofon 2020. Oh, jetzt ist eine Tür aufgemacht. Ei. Nein. König. Ist das? Super Musik kannst du machen. Ja, aber was Ja, hier ist einfach mal ein bisschen im Kreis. Die Musik schon die ganze Zeit. Das ist jetzt von Modern Warfare. Das wird doch mal eine super Modern Warfare Map oder so. He? Ja. Call of Duty. Call of Duty. Und wir müssen aufgehen, wäre vielleicht eine ganz gute Idee.
Was ist mit Wir dem? haben nicht eine ganz gute Idee. Paintball-Spiel. Das haben wir früher nicht gespielt. Wir Call of Duty, der Art Call of Duty. haben im Informatikunterricht im Fall das gemacht. Da haben wir alle PCs haben wir ein Ding drauf geladen, ein Paintball-Spiel. Und der Lehrer war vor mir erklärt, wie man Windows-Fenster aufmacht. Und wir alle gegeneinander ein Paintball-Spiel. Wer immer das Ding spielt, ist Disney. Das Herkules ist darauf installiert damals, also wie man das Ja, das ist eigentlich. Warum auch immer das drauf ist gesehen? Keine Ahnung. Es regnet schwarz. Prediction. Also der Tag, wo schwarz regnet, das ist kein Regen. Das ist nicht weit weg. Und dann ist einfach ein Bohrturm explodiert. Dann ist das Spiel fertig. Meine Frage ist jetzt also genau. Kannst du noch nicht mehr, oder was? Das wäre meine Befürchtung, wenn es... Nein, warte, das ist nicht gesagt, das ist ja nicht das ganze Spiel so. Nein, wir hatten 3 Minuten, meine lieben Leute. Es ist verschiedene Levels, die halt... Das ist noch Violett und Paintball. Ja, richtig, genau. Eben in 3 Minuten. Total, du hast das total unterschätzt. Also eben mit 3 Minuten sollten wir dann... Also Ja, wir ja. müssen- Selbst zum Ende kommen, hä? Hast du Im Gegensatz zu anderen Spielen kann ich einfach aufhören. Hast du abmoderieren? Ja, das sind Indie-Games, gell? Was Nein. sprichst du jetzt Nein. für Spiele? Ja. Nein, ich finde es ein lustiges Konzept, aber das geht so wieder... Also so neben 2 Doppel spielen ist ein bisschen mühsam. So, hast du nicht gerne 2 Double neben dir? Nein, kann ich nicht. Was machst du im Geekstück? Ja, hey, echt, ja. Der 4 Doppel am Streamen. So 4 neben 4 Doppel spielen. Das ist nicht mehr so breit. Was sie muten, gell? Nein, das ist cool. Das ist wirklich gute Zeit. Jetzt kommen wir Apropos noch Zeit, in Jetzt 2 hast du Minuten voll müssen wir den abmoderiert haben. Ja. Dann würde ich sagen, ja, dann wir abmoderieren, weil er schafft das da nicht. He? Haben wir das... Okay, dann ist aber von Ich uns. schaffe das dann Ja. nicht. Haben wir überwählt? Okay. Sagen. Nein, wir sagen von hier aus. Sagen von hier aus. Ciao. Uns sagen. Sagen von hier aus. Ciao. he? Ja, okay, gut. Gut, ja. Das ist ein schöner Hintergrund. Ja, wir haben einen schönen Hintergrund. Ja. Tschüss zusammen. Treffen wir Bis uns nächstes Mal. Also, liebe Rega TV-Zuschauerinnen und Zuschauer, Es tut uns leid. herzlich vielen jedes Mal. Dank. Der Andi hat jetzt mal geschnurrt. Oh, Andi, du bist jetzt Ja. moderieren. Jetzt schneidest Noch eine Minute 20. Darf ich? Ja. Okay. Was macht man denn jetzt? du. Ja, hü! Er hat noch eine Minute. Er hat noch eine Minute, ja. Musst gerade warten. Also, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, nein, umgekehrt Zuschauerinnen und Zuschauer von Rega TV, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns auf dem Twitch-Kanal, vielen Dank, habt ihr zugeschaut. Bei uns am Indie-Special. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Juhui. Ja, wir bedanken uns bei allen. Schön, dass ihr da gewesen. Andi, Raffi, Hergi. Bitte keine Drohmails. Wir wünschen euch einen schönen Samstag. Nein, es ist ja bald Nacht, ja. Samstagnacht, ja. Einen schönen Sonntag, habt eine Sorge. Kommt gut heim. Und, Geht nicht zu wüst. Und wir sehen uns nächstes Wochenende am Hero-Fest. Alle, die etwas Ja. gewonnen haben, unbedingt kommentieren. Ja, Unbedingt. unbedingt vorbeikommen. Römer dies nicht mehr mit. Ja. Ja. Also, haben eine Sorge. Geht nicht zu Merci wüst und vielmals. bis bald. Danke. Merci. zusammen. Ciao. Das ist noch alles ein bisschen Farbe. Einfärben. Ein bisschen Farbe. Färben. Und Ja, das ist schön.